Hallo. Warten wir mal ein bisschen mehr. Warten wir mal. Fangen wir an gemütlich noch. Heute ist Samstag. Alter. Wieso sage ich mich selber nicht? Hat da irgendwas? Twitch schreibt auf alle Fälle schon mal. Jetzt sage ich was. Jetzt sage ich was. Schaut glänzend aus! Jetzt passe ich im Obacht. Hoi! Lass mich raten! Nein, oh, nicht der Schmiedi! Nein, der Donnersepp, der ist schon wieder mit dem Geld umeinander schmeißt, da bin ich noch nicht mehr da! Donnersepp, mir ist wieder ein Fünfer. Wer nicht liked, schlägt seinem Mann. Da hat allerdings recht. Hashtag Depp von Dosen. Besser gesagt, alle Depp. Jetzt verfolgt ich einen Stream nur per Handy in einer Stand ungefähr vom PC. Bin nur unterwegs Hoam. Der Bus verreckt ist wo Zwickau Hoam. Der fucking Bus, Alter. Sagst du mal, ein Busfahrer, Entschuldigung, Herr Busfahrer. Ja, was? Der Bus ist kaputt. Löwensepp, Herr Danner, merci dir. Opa, ich glaube, ins Delirium saufen war angenehmer gewesen. Ja, das weiß ich noch nicht, das werden wir ziemlich schnell ausfinden. 100%ig fit bin ich nicht. Sag ich gleich schon, wie es ist. Aber der Box auch nicht mehr bis morgen, dass wir erst morgen spielen. Sag ich dir, wie es ist. Ist mir wurscht. Und wenn wir 850 Mal sterben, heute ist erstens einmal Open End. Wichtige Randnotiz, Open End. Kann auch heißen Open Gamepad. Das heißt, wenn das da drin in der Wind steckt, ist es halt gar. Ich habe leider nicht der Zukunftsbürger, wer sich ärgern, er hat nicht vorgesorgt und hat sich ein Dreierpaket Gamepads besorgt. Wir werden sehen. Wir werden das Ganze ja so unfassbar geduldig angehen, wie wir können, bis der erste Gegner kommt, der uns 2 Stunden lang sterben lässt und uns erst einmal 2 Stunden lang zeigt, wo wir wohnen. Das einmal, lecker, wie Bock auf das Spiel. Ich hab mich so krass zusammengerissen, dass ich mir nichts anschaue. Alles, was ich gesehen habe, war der GameStar-Test. Das ist einfach fucking alles und sonst nichts. Ich habe im Discord ein bisschen mitgelesen, keinen einzigen Spoiler angeklickt, null fucking nada. Def! Aber du praise the Elden Ring. Game, hoffen wir spielen wir eine Zeit im Stream. Ja, Rotkopf Steff, das hoffe ich doch auch. Wir werden sehen. Ich bin gespannt, ob die Community bereit ist für eine solche Art von Spiel. Mr. YGS Fox, praise the Ring. 11 Stunden und ich weiß jetzt schon, dass du es feiern wirst. Das wollte ich hören. Wenn das der Foxler hat Ahnung, da ist der MRC hat offensichtlich auch Ahnung. Die haben beide schon gesagt, so hier, Babene, Vanille, Schoko, Erdbeer, so, right. Mein aktueller Tipp-Counter ist bei 24. Ja, ich fürchte, dass bis um 9 meiner ebenfalls bei 24 ist. Ist mir aber scheißegal. Ja? That's the game. Ich bin gespannt, wie geduldig diese Community ist, mir beim Sterben zuzuschauen. Ich versuche auch so geduldig zu sein, wie es geht. Am Anfang bin ich normalerweise nicht so. Da bist du nicht gleich zum Ausflippen. Schlimm wird es erst, wenn ich einmal ein paar Stunden gespielt habe und glaub, dass ich ein bisschen drin bin und ich kann es ein bisschen und stirb dann die ganze Zeit, dann wie lästig. Also, das dauert ein wenig. Normalerweise dauert es ein wenig. Bis der Rage-Anfall kommt und ich bin mir sehr, sehr, sehr sicher, dass er kommt. An die Wand! Johann absufen! Wieso ist denn mein Mikrofon so leise? Vollbisquat. Merci für die Mitgliedschaft, Bussi aufs Nussi. Auf geht's, Scheißhaus, angefügt, check. Leberkäse, warm gemacht, check. 3 Flaschen Doppelbock, check. Bürgerstream, check. Ja, der Stream hat noch nicht so ganz angefangen, aber ich arbeite dran. Greimeier, Bub, merci dir. Welcome to the Squad an den Andy Wand für seine 2 Monate. Habe dritt Leid, werden fleißig Gickerl, Arsch versohlt und Spinnenseps gefegelt. Da bin ich mir nicht sicher, ob nicht der Spinnensepp mich fegelt. Grüß aus Erding, schöner Stream-Squad. Ich hoffe doch. Lohnt euch, zurückholt euch was zum Dringen, das kann halt nur. Ich bin immer noch ein bisschen unschlüssig, was die Community von sich in die Spiele hält. Ja, da ist nicht recht viel Story, also eigentlich ist schon ziemlich viel Story und Lore. Aber die ist extrem schwer zugänglich, so wie ich das von From Software gewohnt bin, aber um das geht's da nicht. Mir geht's da hauptsächlich ums Gameplay, ums bockschwere Gameplay. Bambi Sepp, Kruzifix! Nicht am Samstag. Ja, du Zipfe, heute gibt's. Pass auf, da muss man. Wird vorgelesen. Was lese ich denn überhaupt vor? Der du Zipfe, heute gibt's doppelt XP. Oh, iso du host an 20er Fias Carport. Und heute die Mau. Das passt schon. Und halt dein Maul! In der Smiley Raute de Pfunddosen. Nee, nicht Depp von Dosen, heute haben alle Depp. Oder Sir Deppverlot. Das können wir auch noch machen. Hashtag Sir Deppverlot. Wenn ihr mitmacht, schlägt es eine Depp, Alter.
Also ich darf nicht mitmachen, so wie das ist. Leute, Dankeschön! Ist ja gut. Bambi, 20er ist 2. Herr Kulzer, habe dir viel Spaß mit dem Spiel. Ich bin gespannt, ob es die Erwartungen erfüllt. Herr Kulzer, ich ebenfalls. Random Joker! Ich weiß nicht, warum das schon wieder nicht angezeigt wird. Dum, 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 dum. Ab in den Chat habe ich dir ja Random Joker. Welcome to the Squad. Es tut mir leid, irgendwas ist schon wieder kaputt. Das ist immer irgendwas kaputt. Was mein Mike, Klosterfrau im Listengeist auffahren oder hast du ihn vergessen? Alter! Ich bin Pro-Gamer. Ich sauf den ganzen Tag jetzt schon Klosterfrau im Listengeist. Was ist denn die Scheiße sonst aushalten, die schon wieder seit 2 Tagen los ist? Sonntag, Ruhetag. Was da wieder? Bin so gespannt. Allgemein, aber Coop würde mich auch interessieren. Grüße aus Franken. Das werden wir mit Sicherheit einmal irgendwo da, wenn wir wirklich ewig irgendwo hängen. Ja, das erkläre ich dann in-game. Ich gehe mir schwer davon aus, dass die Koop-Mechanik die gleiche ist wie in alle Souls-Games. Bei Sekiro hat es nicht gegeben. Glaube ich, hat man in Sekiro andere Spieler einporten können? Ich glaube nicht. Und es hat auch keine Invasions gegeben. Und ich glaube, die gibt es in Elden Ring schon. Erkläre ich dann, was das ist. Wenn wir jemals fertig werden da. Mike! Dum, 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 dum. Voll mir Squad! Spul endlich! Wir haben noch nie vor 10 nach 8 Jahren angefangen, Mikey Boy. Und deine 25 Monate sagen mir, du bist lang genug dabei, das zu wissen. Zum Saudruck. Servus, kannst du bitte eine Begrüßung an unser Kellerbad zum Saubogen machen? Das hätte ich jetzt sowieso dabei, zum Saudruck. Das kann bloß ein Burzen sein. Wäre total nasch. Saudruck. Schreibst dir am 2. Schöne Grüße, merci dir. Schmiedi! Fakt spät, sorry, waren gerade in einer, Permazone im Südwesten unten. Hab ich gelesen im Chat. Bambi! Okay, sorry, alle die. Sorry, Raute, alle Depp. Und das L hat's nicht. Übernommen Ja. Das L hat's nicht übernommen, da ist der Windsgras gegangen. Hörst jetzt auf mit deinen 10 und 20er zum Scheißen, du fix. Padre 3 wahrscheinlich, Mr. Bruce. Desert Spine. Wild. Patrick, merci dir für deine Mitgliedschaft, deine langwierige. Tobi. Ja, ist ja gut, ey! Hab ich schon gesehen. Finanziell gesehen muss ich öfter am Samstag streamen. Was? Nutte! Gottlos. Was ist gottlos? Deine Mama ist ein gottlos. Was? Ich bin ein Rabe. Wieder nichts verstanden, Preisenfutzen. Arbeitstag! Sonntag, Ruhetag, PS Vogel! Das Mimi hab ich gesehen, ja. Hab mir schon gedacht, dass... Wir kommen dann dazu, wenn es soweit ist, wenn man mir entdeckt. Leute, was ist denn jetzt schon wieder los? Jetzt chillt zu deine Knierscheiben. Luki, der erste Quarantäne, endlich anspruchsvoll. Ja, genau. Und... aus der Quarantäne. Leider jetzt auf, jetzt ich speibe her. Ich bin ein bisschen angeschlagen von gestern. Grüezi, fix, Alter. Luki, merci dir. Fix, Mario, jetzt chillt seine Knierscheiben. Ich scheiß her. So, also jetzt passt auf. Erst einmal gibt es etwas zu sagen. Kannst du aber vergessen. Frankie! So, wir haben jetzt einen Xbox-Bürger-Squad. Okay, nice. Viel Spaß. So. Chillen, Kinder. Jetzt ist 8 noch. Ich starte jetzt das Spiel. Schaut's aus. Okay? Damit im Hintergrund schon mal ein wenig eine Musik. Schmiedi! War es leicht flüssig gestern? Vielleicht gestern und vorgestern, wer weiß das schon. Vielleicht. Was nicht. Bin unschlüssig. Ich bin einfach unschlüssig, ob es gestern flüssig war oder und vorgestern oder bloß gestern. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Tobi! Schmiedi, merci dir, Tobi. Und gleich mal gesagt zu haben, nur Legenden rennen knockert durch Limgrave. Oh Gott, mag ich wissen, was Limgrave ist? Wir werden es herausfinden, was Limgrave ist. Kruzifix, Bambi, was weiß ich nicht, was ist. Nein, das Schwarzgeld geht weg, bevor der Lohn kommt. Also gib mir und kauf da 10 Kilo Gigabyte. Das tue ich. Was ich mir kaufe, ich kaufe mir lieber 25 Controller, so wie das gleich sehe. So, starten das Spiel. Starten Sie das Spiel! Reingefeiert und rausgefeiert. 10 Kilogramm Gikalorsch. Biergabe, wann kommt der Chameleon-Merch? Das sage ich euch, wenn es soweit ist. Es wird bereits, also mir ist mitgeteilt worden, es wird bereits daran gearbeitet. Gibt aber noch nichts zum Singen. Ich hoffe, dass demnächst in der kommenden Woche vielleicht Apps wird. Aber ich mag denjenigen, der mir da dabei hilft, auch nicht auf den Sack geht damit. Verstehst? So. So, im Hintergrund, Achtung, haben wir schon eine Musik, weiß ich nicht. Herr Kevin! Heute mal von zu Hause. Okay, wenigstens am Samstag auf die Nacht gehe ich aber davon aus, dass selbst der LKW-Fahrer von Welt verdammt nochmal eine Ruhe hat daheim. Lohn die zurück und enjoy meine Sterberei. Im Hintergrund. Hört man das?
Leute, jetzt ist ja gut jetzt. 10 Minuten, ununterbrochen, auch an einem Samstagabend. Ich flippe aus mit euch. Herr Gerwin, merci Bambi, merci Marvin. Grüße Daniel und Laura daheim. Warum ist der Marvin nicht beim Daniel und bei der Laura? Wahrscheinlich, weil der Daniel und die Laura... Ich muss umschalten. Kinder, ich muss umschalten. Opa, merci dir. So, und jetzt sind ein Donation Sounds aus. Ha! Das ist wahrscheinlich erst einmal schwarz, bis er rüber ist. Der Saudrag schon wieder. Ich habe ein bisschen Angst da. Ich muss zugeben, ich habe ein bisschen Angst. Grotti, merci. Leute, jetzt chillt euch! Lasst mich anfangen dann! Grotti! 25 Monate haben erst der Anfang. Ich freue mich schon auf das Spiel. Viel Spaß, du geiler, echt geiler Wichser. Hashtag full homo. Grotti, merci dir. Enjoy the musics. Enjoy them musics. Wenn ein Controller mir umhauen. Enjoy it. Lautdruck noch mehr messen. So. Da jetzt keine beliebige Taste drücken. Mein Controller geht schon wieder nicht. Da aber ein Operngesang, okay. Problem, mein Controller geht nicht. Nice. Tja, werde ich wohl oder übel da noch mehr tappen müssen. So, chillen. Controller. Game Controller einrichten. Controller-Status 0. Warum? Warum 0? Verstehe ich nicht. Bluetooth und andere Geräte. Warum muss ich den auf einmal wieder oben? Ich weiß nicht. Er ist gekoppelt, steht da. Er ist gekoppelt, steht da! Deine fette Mama ist gekoppelt! Gerät entfernen! Gerät wirklich entfernen! Gerät wirklich entfernen! So, Gerät hinzufügen! Bluetooth! Wieso geht das auf einmal mittendrin? Hat jemand anders noch so ein bisschen das Problem manchmal mit den Xbox-Controller? Ich weiß es nicht. Weil wir haben noch nicht einmal einmal gestorben, ich bin schon lästig! Na, Wusa, Birge. Wusa! Der Gerät ist einsatzbereit, heißt. Entspricht ihm der Wahrheit. Da, Taste drücken. Ich. Zustimmen. Nochmal zustimmen. Anmeldung an Spielserver von Elden Ring läuft. Es ist ein bisschen laut. Wieso geht mein Controller nicht? Muss ich nicht so stecken. Ist das Spiels ernst, oder? Es ist ja so laut, ich höre überhaupt nichts. Haben wir's jetzt? Hallo? Ja, Herrgott, sie... Spreng ich natürlich, habe ich es vorher getestet. Da. It's enough. Neues Spiel. Wehe, du verreckst in den ersten 10 Minuten. Dante, ich bin Pro-Gamer, ich verreck gänzlich niemals. So, los geht's. Oh, Helligkeit anpassen. Ja, die lassen wir mal, wie es ist. So, schön. Kamera, bla bla bla, Kamera, Tempo, los mal alles. Mauervermeidung der Kamera, Filmeffekte an. Ja, lass mal, Alter. Wahrscheinlich werden wir jetzt zuerst einmal einen gepflegten Charakter erstellen. Oh, das ist neu. Vagabund, Krieger, Held. Wählt eine Grundlage für eure Charaktererstellung aus. Okay, also ich mit meinem gefährlichen Halbwissen spiele Dark Souls-Spiele normalerweise immer ja klassisch mit Schild und Schwert. Ja, wir werden diesmal aber auch nicht knocken umeinander laufen. Oder was ist? Mich würde jetzt natürlich interessieren, normalerweise gibt ihr... Oh, da gibt es ja viel mehr Klassen. Was ist das für ein geiler Typ? Oh, Samurai? Okay. Was ist das? Ein Gefangener. Ich weiß nicht, ich bin jetzt auch nicht so hundertprozentig. Genau, ein Da ist das so ein Foodlab, Franz. Das ist so ein Deppverlott ist das. Hab ich gehört. Nein, wir fangen diesmal nicht knocker an. Ja, wenigstens irgendwas ganz knocker fangen wir diesmal nicht an. Vagabund, Krieger, Held. Mich würde es ein bisschen interessieren, normalerweise spiele ich immer ganz klassisch so, nicht Zweihänder, deren auch viel, sondern eher Schild und Schwert. Aber ich darf da gern so ein bisschen eine Mischung dabei haben, also Nahkampf mit Schild und Schwert, wenn das überhaupt geht, und ein bisschen casten. Das heißt, ich frage, was ist denn ein Bekenner? Es steht ja da nichts dabei. Es steht ja da nichts dabei, was da was ist. Du startest halt da knockert mit einem scheiß Knüppel in der Hand. Und er da, der Bekenner, schaut mich so ein bisschen an, als würde, hey, ich habe ein Schwert und hey, ich kann ein bisschen zaubern. Aber ich glaube, wir fangen mal ganz furchtbar klassisch an mit Vagabund. Oder was passiert denn eigentlich, wenn man da... Bitte wählt einen Körpertyp aus. Typ A, Typ B. Nein, ich wähle überhaupt nichts aus. Ich glaube, wir nehmen einen Vagabunden.
Ich glaube, wir nehmen einen Vagabond. Drück mal Y. Status anzeigen. Ah. Aber soll ich vielleicht auch mal lesen, Birger? Stufe 9, 8, 7. Ah, je weiter dass man nach rechts geht, desto weniger Stufen. Ja, na, Stufe 9, okay. Also du levelst ganz normal in den Spiele. Und wie in so alle Rollenspiele, die man so kennt, hast du da Stats. Wie Kraft, Geist, Kondition, Stärke, Geschick, Weisheit, Glaube und Arkanenenergie. Manche davon sind mir natürlich bekannt, beziehungsweise die meisten. Kraft ist halt deine Stärke und je nachdem skaliert es dann mit Waffen und mit Schaden. Für was der Geist ist, weiß ich nicht. Kondition, stopp einmal, das ist ja aufgeteilt in Kraft und Stärke. Weisheit, glaube ich, was ist eine Kondition? Ist das deine Ausdauer oder ist das Leben oder ist ein bisschen was von beidem? Dann ist Kraft vielleicht deine Lebenskraft und Stärke dein Damage und Geschick skalieren Waffen normalerweise, die ein bisschen kleiner sind, aber schneller und so weiter. Das werden wir einfach rausfinden. Das werden wir einfach rausfinden. Auf alle Fälle sehen wir da so ein bisschen was für Waffen, das die dabei haben. Das ist nicht schlecht. Was ist denn das da? Was ist denn das goldene Sektion da gerade hier? Das goldene kleine Ding. Wir haben ein Schwert, wir haben so ein helle Badending, wir haben ein Schüttel und was ist das da? Was ist das goldene Würstel da? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was das ist. Gehen wir mal weiter. Da haben wir offensichtlich eine Einhandwaffe, das schaut aus so ein bisschen wie ein Dolch und ein kleines Schwert, mit dem kann man parieren. Was das genau ist, sehen wir wahrscheinlich im Laufe des Spiels mal. Und da fangen wir dann, da haben wir einen Astrologen, der hat so einen komischen Zauberstab. Was der dann kann, ob man den zum Zaubern braucht, weiß ich nicht. Ich habe in die alten Souls-Games nie irgendwas mit dieser Zauberei zum Tor gehabt, wirklich nie. Und auch nicht einmal ausprobiert kurz oder sonst was. Darum weiß ich nicht genau, wie es funktioniert und habe auch gar keine Vorstellung, wie es überhaupt funktionieren könnte. Darum glaube ich, gehen wir mal weiter, was hat denn der Bekenner so? Okay, da hat auch ein Schwertschild, hat da irgend so was auch immer. Das ist schon aus wie ein Dildo-Schlüssel, keine Ahnung. Und das goldene Ding ist wieder das Dark Sign aus Souls. Was hat denn das gleich wieder da? Ist es nicht diese Asche, dass man mehr Lehm hat und so ein Scheiß? Ich bin ja für den Dildo-Schlüssel. Also keine Ahnung, der Bekenner oder der wirklich der ganz klassische Vagabond. Der ganz klassische Vagabond hat halt einfach, jetzt pass mir auf, Weisheit, Glaube, Arkanenergie und Geist werden so die Attribute sein zum Zaubern, wie viel Mana das man hat, wie viel Zauberschaden man hat und so weiter und so fort. Ich hätte gerne einen Nahkämpfer mit ein bisschen Zaubern. Und ich glaube, Weisheit 9, Glaube 14. Was soll ich sagen? Keine Ahnung. Ich glaube, ich entscheide mich für einen Bekenner. Ich sag das, was es ist. Komm da ist. Leute, Bettler, merci für den Euro. Du weißt, was du nehmen musst. Herr Bettler, Schnauze. Nein, der Bettler ist raus! Der Bettler ist raus! Rotkopf, nimm einen Samurai, der ist gut. Der Samurai sagt mir nicht zu. Ich sag dir ganz ehrlich, ich mag nicht schon wieder Chinesen-Setting. Mag ich nicht. Ich glaube, dass er gut ist, um Gottes Willen. Aber ich liebe euch gleich so ein bisschen mit dem Gefangenen, weil er einfach so eine geile. So einen geilen Anal-Dildo aufhat. Gefällt mir gut. Aber ich glaube, der Bekenner. Wer ist für ein Bekenner? Ich glaube, Bekenner ist gut. Ich glaube, der Bekenner ist. Da ist übrigens ein Samurai, weil gerade einige sagen, zeige mir einen Samurai her. Stufe 9, Kraft, Geist. Ja, was hat er? Er hat einen Pfeilbogen. Das ist, und Feuerpfeile offensichtlich. Und hat halt auch Range-Waffen. Und so eine Range-Waffen hätte halt ich auch gern. Mich würde jetzt nur interessieren, was zur Hölle ist dieser Dildo-Anhänger da. Ich weiß nicht. Kein Bekenner, der schaut aus wie aus der Kirche, fix. Da ist das ja wieder in Ordnung. Was nimmt ein Wookie? Wo haben wir einen Wookie? Haben wir einen Wookie? Da einen Wookie am nächsten. Ich hab doch keine Ahnung. Ich nehme einen Bekenner, Ruhe ist. Also, aber ich bin mir halt nicht hundertprozentig sicher. Ich sag das, was es ist. Wir nehmen einen Vagabunden. Und skillen mir auf dem Weg einfach ein bisschen Magie mit. Das erscheint mir am allerschlausten, das sagt er ich. Bekenner! Und eine Ruhe ist! Da. Ist ein Runenanhänger, glaube ich. Ich weiß halt nicht, was ein Runenanhänger tut. Wir werden es herausfinden. Da! Vagabond! Ruhe ist! Typ A! Name! Keine Eingabe! Das ist doch ein guter Name. Was sagt ihr? Komm her. Keine Eingabe. Guter Name. Da die sagen. Körpertyp A. Männlich wollten sie nicht hinschreiben. Alter, jung. Ah, wie nennt man? Sir Depfalot. Ja, das ist, glaube ich, der akkurateste Name,
der uns da helfen kann. Jung. Erwachsen. Alter beeinflusst nur das Aussehen, nicht die Fähigkeiten. Wir haben ein bisschen älter. Na, der ist ein Deppverlott, der hat schon einiges gesehen. Ursprung, Vagabond, Andenken. Ah, da kann man sehen. Ah, das ist bei Dark Souls genau das gleiche. Da kann man sich so ein Anfangs-Item irgendwie aussuchen. Rotes Bernstein-Medaillon. Erhöht die maximalen LP. Zwischenlandrune. Das Gold der Gnade leuchtet in den Augen der Menschen im Zwischenland. Benutzt dies, um viele Runen zu erhalten. Das heißt wahrscheinlich so, die Runen sind so die Seelen aus Dark Souls. Das sind quasi deine Levelpunkte und die verlierst du, wenn du stirbst. Du kannst es dann noch eine Runden einsammeln nochmal, aber wenn du davor nochmal stirbst, dann sind sie weg. Und so nimmst du die her zum Leveln. Ich gehe mir schwer davon aus, dass das in Elden Ring genau das gleiche ist. Goldene Saat. Ein goldener Samen treibt gut aus dem Zwischenland. Verstärkt angeblich Heiligflaschen. Ich nehme mal an, Heiligflaschen sind Estus Flask. Estus Flask ist sowas wie deine Heilung einfach. Ja, du gehst rein und dann regenerierst Leben. Asche der Vampirwichte. Die Asche winziger Golems. Angeblich enthält diese Asche sogar Geister. Ist das das hört sich ein bisschen an wie ein Zauber. Gesprungene Töpfe. Gesprungene Töpfe, Alter! 3 seltsam gesprungene Töpfe, die sich selbst reparieren. Behälter für bestimmte Wurfobjekte. Na, frei nicht. Steinwertschlüssel. Steinschwertschlüssel. Entschuldigung. 2 Steinschlüssel in Schwertform heben Siegel von Wichtstatuen auf. Können jedoch nur einmal verwendet werden. Das ist super toll. Betörende Äste. 5 heilige Äste erfüllt von betörender Macht stammen angeblich vom Halbgott Migella. Keine Ahnung, was das kann. Da steht ja da nichts dabei. Aber es ist typisch Souls-Game. Da steht einfach nichts dabei, was kann, was tut und überhaupt und sowieso. Gekochte Garnelen. Okay. 5 Portionen gekochtes Garnelenfleisch. Erhöht Resistenz gegen körperlichen Schaden. Interesting. Und dann haben wir noch Shabiris Kummer. Ihres Antlitz eines Adligen, dessen Augen herausgerissen wurden, zieht die Aggression von Feinden an. Ja, das mag ich doch aber nicht! Das mag ich nicht! Was nehmen wir da? Ich weiß es auch nicht. Ich glaube, das Medaillon ist sehr stabil. Das werden wir wahrscheinlich irgendwann zwar auswechseln, aber egal. An Runen. Ach, nehmen wir das Medaillon, oder? Irgendjemand schreibt Asche. Was war die Asche gleich wieder? Asche der Vampirwichte. Garnelen für den Hunger zwischendurch. Anonymous LP, welcome to the squad. Deine Mitgliedschaft habe ich übersehen. Pussy aufs Nussi, danke dir. Tobi, die habe ich auch übersehen. Merci für den Zwickel. Nimm Bekenner, das ist ein Kinderficker. Ja, super. Goldene Saat, da sagt jetzt sowieso jeder was anderes. Was ich dir sage, wir gehen ganz stabil, ganz stanni in das Ding rein. Klassischer Vagabond mit einem Bernstein-Medaillon. Easy. Grundvorlage, Scheibe, Jascha. Ich habe schon einen sexy Oberkörper. Kann man sagen, hochgradig sexueller Oberkörper. Leichtfaltig, detailliertes Aussehen. Stimme. Hört man die nicht? Hört man her die Stimme? Hört man nicht. Hautfarbe. Ich habe nicht gewusst, dass die Hautfarbe verkohlt gibt. Ah, da kommen wir schon wieder. Typisch Dark Souls. Ah, wo ist denn Ultra Pink? Was ist denn los mit den Leuten? Gibt's mal einen normaler Charakter oder was ist denn das? Was ist denn das? Ja, lassen wir so. Nein, lassen wir nicht so. Gib mir halt eine halbscharig normale. Was ist denn das? Einfach pink oder das ist einfach rot. Was ist mit ihm? Ja, das gibt's mir. Das schaut halbwegs normal aus. Hautfarbe Edding 3000. Gesicht und Haar. Man kann, ist aber auch völlig unwichtig, wie man ausschaut. Ich möchte bloß einen sauberen, fetten Bart in der Fotzen. Gesichtsstruktur, Gesichtsblabla, ähnliches Gesicht. Gesichtsbehaarung, da haben wir es. Bart. Ja, der ist stabil. Wow, leck ist der stabil, schau dir das an. Haben wir noch einen, wow, leck ist der stabil, schau hin. Haben wir Neues. Ah, der schaut doch stabil aus. Bartfarbe wie Haar. Glanz wie Haar. Wurzeldunkelheit wie Haar. Was war denn da der Unterschied? Wird einfach der Bart ein bisschen dunkler. Keine Ahnung. Doppeln. Ah, nimm's. Wie Haar ist er. Wie Haar jetzt wieder. Außer jetzt da. Wie kommt man da raus? Okay. Ich darf gern zurück. Zurück. Wimpern. Kann sogar die Wimpern anpassen. Wimpern? Das ist auch furchtbar wichtig in Dark Souls. Ganz furchtbar wichtig. Nehmen wir natürlich Frauenwimpern. Was nennt man ja sonst? Ihr als Diversity-Beauftragter. It's 16 times the diversity
So, Ruhe, das Körper ändern, brauchen wir nicht als Favorit speichern, Favorit laden, passt schon. Wir kommen jetzt da wieder raus. Tu mich wieder raus jetzt da. Die Italiener alles brauchen wir nicht. Die easy. Schauen so, wir schauen super stabil aus. Nice. Ja, rotes Bärenwerk, bunt, schauen wir gut aus. Dann sagt man uns an Bord schon nicht mehr. Haben wir einen Helm auf. Ich weiß auch nicht, was jetzt da dazu sagen soll. Rotkopf. Nimm goldene Saat, da hast von Anfang an eine Heilungsflasche mehr. Hättest mir jetzt nicht sagen dürfen. Mr. RMD, Random Joker. Bekennender ist wirklich Typ, der Schwert und Schild direkt zu Beginn hat und kleine Zauber auch direkt beherrscht. Das haben wir jetzt übersehen. Dann müssen wir jetzt so machen. So jetzt der Song nicht zu Ende. So jetzt der Song all of a sudden, wir haben kein Vagabond mehr, wir haben den Bekenner. Was auch immer das auf Englisch heißen mag, ich weiß es nicht. Und was war das zusätzliche S, das ist vielleicht wirklich gar nicht schlecht. Nehmen wir mit. Wir müssen es uns nicht unnötig hart machen. Goldene Saat, hast du gesagt. Treibgut aus dem Zwischenland, verstärkt angeblich Heiligflaschen. Hätte ich mir aber auch Dinge erkennen, dass das dann die Anzahl erhöht und nicht. Und wenn es nicht die Anzahl erhöht, dann verstärkt es das Leben, was du wieder regenerierst. Das kann natürlich auch sein. Misa! Bei der Stimme kannst du unten sicherlich lesen, welche Taste du drücken musst. Bin ich mir auch sicher, aber ich bin nicht so der ich bin nicht da, um zu lesen, sondern um für Spesen. Habitiere. So, Ruhe ist jetzt! Ich glaube, wir haben jetzt stabil. Außerdem ist es gar nicht so wichtig, wie man am Anfang startet, weil du unterwegs Rüstung, Waffen und so weiter findest und du kannst in alle Richtungen skillen, die du willst. So, Spiel wird mit diesem Charakter gestartet, fortfahren. Aber sowas von! Jetzt trinken wir mal nochmal schnell. Und dann bin ich gespannt. Los geht's. Oh mein Gott, bin ich gespannt, wie lange das dauert, bis wir aufs Maul gehen. Oh mein Gott, bin ich gespannt. So, Kinder. Show me something. Vielleicht muss ich mein Cam noch verschieben, das kann. Psst, Ruhe ist jetzt. Nix mehr, komm aus jetzt. Pfui, abhauen. The fallen leaves tell a story. Seh, psst. The great Elden Ring was shattered. In our home, across the fog, the lands between. Now, Queen Marika the Eternal Jetzt. is Nix nowhere mehr, Tobi. to be found. And in the night of the Black Knives, Godwyn the Golden was first to perish. Soon, Marika's offspring, demigods all, claimed the shards Ich glaube, das sind unsere of Bosse. the Elden Ring. Halbgötter, die Elden Ring Shards haben. The mad taint of their newfound strength triggered the shattering. A war from which no lord arose. A war leading to abandonment by the greater will. Oh, rise now, ye tarnished, ye dead who yet live. The call of long-lost grace speaks to us all. Horalu, chieftain of the Badlands, the ever-brilliant Gold Mask. Fear, the deathbed companion, the loathsome dung-eater, Der Dummfresser. and Sir Gideon Ofnir, the all-knowing. Goosebumps.
Bisschen. Aber da kriegt man schon mal einen schönen Eindruck, wie abgefuckt dieses Universum ist. I fucking love it. Jetzt schon. Leute, danke für eine Donations. Ruhig jetzt. Whom grace would again bless. A tarnished of no renown. Bengi, du sagst es. Mehrere wie der Hand Demigods. Die haben Teile vom Ring gestohlen, habe ich auch nicht gecheckt. To the lands between. Mamma mia. To stand before the Elden Ring. Flashbang. And become the Elden Lord. Hier soll mir der Elden-Fürst werden. So viel zur Story, da ist mit Sicherheit noch viel mehr dahinter. Recht viel mehr habe ich jetzt nicht kapiert, wie der Elden Ring ist kaputt gemacht worden. 5 Demigods, die uns sehr schön, Halbgötter, die uns vor... Oh, da sind wir auch schon. Gegen neu. Y, okay. Oh, da rennt der Geist umeinander. So, jetzt drehen wir uns erst mal um. Aber ich wetten, dass wir da was finden. Da ist was, schau hin. Nachricht lesen. Achtung, Elden Ring. Aha. Okay. Erstmal mit der Steuerung. Das erste, auf was ich schon mal gar nicht klarkomme, ist, dass an die 60 Frames muss ich mich erst gewohnen. Okay. Kameraführung, also instant steuert sie genauso wie fucking Dark Souls. Aber wirklich ganz genauso wahrscheinlich. So. RB, leichter zuhauen. RT wahrscheinlich stark zuhauen. Auf der linken Seite kann man blocken. Was kann man da? Ah, das ist Parry. Was ist Parry? Das kann man, wie in God of War, wenn du zur richtigen Zeit einen Parry drückst, dann ist der Gegner kurz gestunt und dann kannst du ihn schlachten. Das da am Boden, dann Nachrichten, die anderen Spieler da hingeschrieben haben. Ja, jetzt mal zur Sicherheit einmal an die Wand hauen. Warum werden wir im Laufe des Spiels hoffentlich noch sehen? Ich habe so ein bisschen den Eindruck, als da jetzt ruckeln. Liegt aber wahrscheinlich an die 60 Frames. Da gewohnen wir uns schon dran. Das hilft dann halt nicht. Nachricht lesen. Mag der Pfad auch zerschmettert und unsicher sein, besteigt den Thron des Eldenfürsten. So, was kann man da sonst noch machen? Man kann... Okay, das ist neu. Okay, das ist neu. Man kann springen. Springer ist neu! Springer in Dark Souls ist fucking new! Na, und ich liebe es. Okay, passt. Was haben wir da sonst noch? Was auch immer da ist, das ist eigentlich irgendein was ist nicht usable. Steckt's da hinter mir. Das ist vielleicht nicht ganz so hundertprozentig wichtig. Das müsst ihr dann sagen, ob ich auf Zeiten gehe, soll. Das ist halt meine Waffen und was ich equipped habe. Aber das ist ja nicht so tragisch, das mache ich einmal und dann passt das. So, was haben wir auf Kreuz? Ja, der ist wichtig. Der ist verdammt wichtig. Ja, die Todesrolle ist unfassbar wichtig. Was haben wir auf Y? Nicht recht viel, da geht's hart an. Oben ist unsere Lebensanzeige, die ist unfassbar kurz. Wir haben ein bisschen Mana und unten drunter das Grüne ist unsere Ausdauer. Die müsste eigentlich weniger werden, wenn ich da umeinander rolle. Oder zumindest zuhau. Auch nicht. Wieso wird die nicht weniger? Okay, warum die grüne Leisten beim Zuhauen nicht weniger wird, ich weiß es nicht. Werden wir herausfinden, keine Ahnung. Cyberslayer, merci für den Drilling. Na, die bin ich ja mal gespannt. Bürger Rage Modus aktiviert, Lull Blood Trail. Ja, jetzt erst mal abwarten. Jetzt gibt's erst mal aufs Maul. Ich mache es First Try. Überreste plündern. Haben wir gleich mal was gefunden. Runzliger Finger des Befleckten. Oh, ist der runzlige Finger des Befleckten dasselbe wie in Dark Souls, wenn du ihn benutzt, dann kämen Invader? Den nehmen wir lieber mal nicht her. So, was haben wir da? Haben wir ein bisschen lesen. Erstens Boss. Okay, normalerweise ist üblich in From Software Spiele, dass erst einmal 2 einfache Gegner kommen und du dir denkst so, das ist ja lächerlich. Und dann kommt der erste Gegner, der dich 2 Stunden lang so durchs Leben fotzt, dass du nicht mehr weißt, wie es heißt. Gerade erst begonnen. Bewertungen. Das bewerten wir mal, diese Nachricht applaudieren. Ja, er kriegt auf alle Fälle mit gleich mal eine gute Bewertung. Also diese Sachen da am Boden schreiben andere Spieler hin. Im Übrigen. So, los geht's. Bin ich gespannt, Kinder. Und diese weißen Geister, die da umeinander laufen, sind auch andere Spieler. Das sind so Ausschnitte aus anderen Spielen halt einfach. So, ist da schon wieder irgendein Papier? Ein riesengroßer Baum! Kapelle der Erwartung. Oh, das ist richtig. Was haben wir da? Oh, es gibt sowas wie ein Tutorial. Das habe ich nicht kennen sehen. Nachricht lesen. Elden Ring. Oh, Elden Ring. Okay. Eine Nachricht. Ist das eine Nachricht? Wahrscheinlich schon. Ja, wir werden mal alles durchsuchen, Kinder. Was leicht da so rennt. Da ist auf alle Fälle das da, dieser Blutflieg am Boden. Wenn man den Blutflieg angelangt, dann sieht man, wer da gestorben ist. Das ist auch ein anderer Spieler, wird dann normalerweise angezeigt eigentlich. Zumindest ist es in Dark Souls so. Da passiert jetzt gerade nichts, warum auch immer.
Oh, was haben wir da gefunden, Jenny? Du ist blockiert. Ja, dann Haus zusammen. Hashtag Haus zusammen! Guck mal. Ah. Guck, das ist. Ah, nein. Kann man sprinten? Kann man sprinten? Kann man sprinten? Was haben wir da? Wertvolles Objekt voraus. Wieso glaube ich das nicht? Aber nicht. Jetzt rausfinden. Rausfinden. Überhaupt kein wertvolles Objekt. Da bin ich schon wieder trollt worden. Da bin ich schon wieder trollt. Springen die Leute schon wieder runter. Ich spring nicht runter. Wir kommen. Ah, auf Kreises sprinten. Okay. Da, bin ich gespannt. Wo ist der erste Gegner? Wo ist der erste Gegner? Der wird uns jetzt mal gleich mit sauber umbringen. So schaut's aus. Wie nimmt man. Ich hab dringende Heilung. Wie nimmt man Assassinenschritt? Wie nimmt man das her? Wie nimmt man einen Zauber her? Ich weiß das nicht. Ich hab das in Dark Souls auch noch nie gemacht. So vielleicht? Die halten ist Sprinten. Ja, da hab ich rausgefunden. Der MRC, jetzt nicht. Was ist? Erstens gut umschauen. So, in Dark Souls gibt's gerne mal Mauern, die verschwinden, wenn man draufhaut. Das hört sich jetzt voll bescheuert an, das ist aber wirklich so. Deswegen ist gar nicht so unwichtig, diese Dinger dort zum Leben. Getrollt wird nicht, wer Troll fliegt. Richtig, musst in der linken Hand den Fokus ausrichten. Das tut man nicht. Ah. Warte mal. Dann. Nein. Nimmt man den her? Anderer Assassinenschritt. Beweglicher sein. Muss ich wahrscheinlich im Menü lesen. Aber ganz ehrlich, dann nehme ich lieber das Schädel fürs Erste. Oh, da haben schon die ersten Like gestorben. Oh Gott, das davon schaut dermaßen nach Boss Arena. Jetzt schon wieder aus, ich habe so harte Dark Souls 3 Flashbacks, dass es ganz aus ist. Aber erst schauen wir da hinten drin. Haben wir da? Da möchte ich mich wieder jemand trollen, ich weiß genau. Kommt mir bekannt vor, voraus. Zeit für diese Geste. Praise the Sun! Nur Geduld, Kinder. Wir schauen uns alles ganz genau. Nur Geduld. Ich mag es nur auszögern, bis ich das erste Mal stirbt. Der hat sich nicht runter. Kann man die Steine zusammenhauen? Nein, kann man nicht. So. Dann. Schauen wir, was da unten los ist. Ich mag das Setting jetzt schon. So richtig geil, duster, abgefuckt. Da hinten gibt's was. Ich garantier's dir. Da hinten gibt's was. Ich garantier's dir. Da gibt's hundertprozentig was. Wahrscheinlich irgendein Gegner, der mir wahrscheinlich sofort erschluckt, aber wir werden sehen. Hoppala, hast du mal Kuppel raus da. Und du bist da gekommen. Gibt's Wolken? Also aufspringen an so einen Scheiß? Springen wir oben, dann ist es gleich vorbei. Auch gelesen. Liebhaber suchen und dann Loch anbieten. Okay, für gut befunden, jawohl. 7384 Leute haben das ebenfalls so gesehen. Liebhaber finden, dann Loch anbieten. Hm? This is the way. Ach, leider so geil. Leider so geil. Oh mein Gott, wenn das da vorne keine Boss-Area ist, dann weiß ich es auch nicht. Ich hab das Gefühl, dass ich Frame-Drops habe und zwar ganz massiv. Kann doch gar nicht 60 Frames nicht, oder? Oh Gott. Oh Gott, wenn da schon wieder Gräber und so ein Scheiß, dann weiß ich genau, was das gleich geschlagen hat. Oh Gott, da hinten ist er gut. Ah, was? Ah, wer wo? Oh mein Gott. Ah, was bist du? Ab! Ah! 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 Oh, Kussi, hörst du einmal das Zuhauen auf, oder? Was ist mit dir? Okay, gut, ich habe die Dark Souls Taktik nicht vom Gegner weg, sondern in den Gegner rein. Los geht's. Hätte das jetzt als doof oder kehrt das so? Alter, was war, Alter, ernsthaft? Okay, das ja, kann man den schaffen? Oder ist es wie in Sekiro? Da wo du am Anfang den Typen auch nicht schaffen kannst, sondern du musst sterben. Der zählt nicht als doof! Dirotip! Ab in das ist ja, was war denn das, Alter? Fleischpflanzer mit Fiers! Das mich anschreit! Den kann man schaffen. Ja, glaube ich schon, dass man den schaffen kann, aber irgendwie habe ich nicht. Ich jetzt gerade noch nicht.
derer Töpfe 0, Kinder. Zero Depth. Oh. Viertel mit. Unser Viertel. Don't worry, Torrent. Fortune is on his side. We found him here, after all. Na dankbar, hast uns 5 Minuten Kampf erspart, gleich Meter gemacht. One of his kind is sure to seek the Elden Ring. Even if it does violate the Golden Order. Mama, der Hund hat Händel. Viertel, du blinder Uhu. Grafik im ersten Moment ist stabil. Ist jetzt nichts, was mich vom Hocker trischt, das ist in Spiele aber auch nicht wichtig. Aber ich habe so den Eindruck, das ist genau dieselbe Grafik-Engine wie in Sekiro. Dasselbe Grafiklevel. Hätte ich jetzt mal spontan gesagt. Vielleicht hätte ich mein Loch an. Oh, Flasche mit Purpurtränen. Okay. Flasche mit Himmelstränen. Das ist wahrscheinlich fürs Mana und fürs Leben, nehme ich. Jetzt ist nur noch die Frage, wie man das hernimmt. Flasche mit Purpur, Blub und so weiter und so fort. Das schauen wir dann, wenn wir beim ersten Bonfire sind. Was ein verdammtes Bonfire ist, das sage ich euch dann. Da oben blitzt was! Ich hab's genau gesehen. Und es ist schon wieder so finster, dass ihr wahrscheinlich einen Scheißdreck seht, oder? Seht ihr das richtig? Was haben wir da? Geht der da hin? Hier? Oder? Kehrst du da hin? Bringen, versuchen, aber gut umschauen. Okay, verstehe. Komm mal oben. Haben wir schon wieder mittendrin, oder? Haben wir schon wieder mitten in fucking Dark Souls. Es gibt 25 Wege, ich habe keine Ahnung, was der richtige ist, aber passt schon. So. Also offensichtlich, was kann der da? Das ist ein neuer Vogel. Ein Baum! So. Erstens Skelett. Ah! Es kommen Skelette. Wo kommen Skelette? Da liegt das Skelett im Ding drin. Alles klar. Ja, springen wir mal da oben, würde ich sagen. Immer erst einen Sekundärweg gehen. Dann schauen wir weiter. Die Frage ist aber, wo man da oben springen kann. Oh ja, oben gerutscht. Objekt benutzen, auf X. Objekt wechseln. Okay, also auf X nehme ich quasi mein Estus her. Geben es wieder. Haben wir schon. Wo ist der Gegner? Ah! Aufhören! Nix da. Der Gegner? Nein, ist kein Gegner. Es laufen ein bisschen sehr viele Geister umeinander, muss ich sagen. Was haben wir da? Erstens, Bauch! Das Rastern im Ort der Gnade stellt eure und FP wieder her und befreit euch von Statusleiden. Alles klar, das ist quasi das Bonfire. Wie heißt das da? Gnade berühren. Quasi ein Check. Speichert. Verlorene Gnade entdeckt. Das heißt, wenn wir sterben, wachen wir da wieder auf und man kann, glaube ich, zwischen Punkte auch schnell reisen. Und was jetzt das Spiel da so ausmacht ist, du wirst wieder voll kalt, du hast alle deine Lebensflasks wieder und so weiter und so fort. Aber es stehen dann auch alle Gegner im Umkreis wieder auf und so, wenn man das anschaut, ist das unser erster Gegner. Bist du unser erster Gegner? Gleich mal was probieren. Easy! Zero Dip! Va bene! Boxy! Frame-Drops und Starter sind auf dem PC normal, every from game ever. Und merke erst Block, dann Heavy. Dank mir später. Ja, das werden wir ausfinden. Ah! Da kommt er. Erstmal probieren wir mal das Blocken. Komm her. Gehört zu mir? Kim? Oder probieren wir Parry? Ja, du, hast du zu auch, oder was ist mit dir? Lol, Leute. Smile kannst du haben, du Spacken. Hashtag First Try. Ah! Zaubereien und Anrufungen. An Orten der Gnade könnt ihr Anrufungen und Zauber lernen. Das heißt, die müssen wir mir kaufen, wahrscheinlich, für diese Runen bzw. Seelen. Ihr müsst einen Stab ausrüsten, um Zaubereien zu wirken, oder ein heiliges Siegel, um Anrufungen zu sprechen. Der Einsatz von Zaubereien und Anrufungen verbraucht FP. Was ist denn FP? Ist scheißegal, auf alle Fälle nennen sie jetzt einfach mit Mana. Aus. So, da ist auf alle Fälle einer. Um einen Angriff abzuwehren, haltet ihr eine Waffe mit der linken Hand oder mit beiden? Ja, gut. Das wisst ihr an mir.
Geht zum Sehen, dass man Gegner auf alle Fälle unterbrechen kann. Ihr könnt gegnerischen Angriffen durch eine Ausweichrolle oder einen Schritt zurück entgehen. Jede dieser Aktionen verbraucht Ausdauer. Und das ist ganz furchtbar wichtig. Das ist die kleine Leisten haben. So. Jetzt. Hallo. Wieder was war das für? Ich muss mir unbedingt abgewohnen, dass ich meine, wenn man auf den linken Stick drückt, dass ich sprinte. Wie in God of War. Ja, wenn man sofort wieder abgewohnen kann. Nachricht lesen. Braucht keine Nachricht lesen! Man kann springen in dem Spiel. Easy, Alter. Was? Ah, was ist mit dir? Du Penner! Stehst du da oben umeinander? Bist du besoffen? Wir kommen da auf, ey. Hau ab! Ah! Geh weg! Nein, nicht auf den Stick drücken, Birger. Laufen mit S. Oh, da haben wir schon den ersten Gegner. Der ein Schädel und ein Schwert hat und eine Rüstung. Ihr könnt für jede Hand bis zu 3 Waffen ausrüsten und dann zwischen ihnen wechseln. Ah, wie in Dark Souls. Schauen wir mal, was der kann. Der hat ein riesenlanges... Ja, jetzt mit dem da? Hier, haut zu jetzt. Haut zu jetzt. Haut zu jetzt. Was tue ich mit dem? Kann man noch irgendwie mit dem Fuß kicken oder so ein Scheiß? Aua. Okay. Chill. Kann man nicht mit dem Fuß irgendwie... War jetzt wieder mehr Duselgür verstanden. Drop halt dein Schädel oder dein komische Lanzen dann. Wir kommen nicht. Man hat doch früher, warte mal. Wir hatten das hingehört. Man hat doch früher mit dem Fuß kicken können. Oder ist der? Kann man einen Schädel weghauen und dann kann man zuhauen. Ah ja. So nicht, mein Freund. So wirklich nicht, gell? Ich weiß überhaupt nicht, wo wir mit überhaupt hin und wo wir überhaupt hin müssen. Grüß aus Spanien. Ruckler? Habt ihr Ruckler? Ah! Jetzt hab ich nicht aufgepasst! Kruzifixlein! Was ist mit ihm? Hat's die schon, Dreckteufel. Ah, obi mit dir. Obi mit dir! Also, du wirst sagst, meine Lebensleistung ist schon ein bisschen angeschlagen. So ist es nicht. Ist bei den größten Kackgegnern. Waffen haben Talente, also besondere Fertigkeiten. Es gibt viele verschiedene Talente von mächtigen zeitlich begrenzten Effekten. Der Einsatz von Talenten verbraucht FP. Ich hab keine Talente, ich bin behindert, Alter. Scheiß Zombies kennen ja überhaupt nichts. Der Zombie-Sepp, der kann nichts. Was haben wir da? Hätte ich nur eine plumpe... Was? Hätte ich nur eine plumpe Person? Ducken. Ah, da kann man schleichen. Jetzt wird das auch erklärt. Duckt euch, um schwerer von Gegnern entdeckt zu werden. Besonders effektiv in hohem Gras. Angriffe für einen Gegner, der euch nicht gemerkt hat, verursachen mehr Schaden als... Kann man sie den hinter ihm schleichen? Ah! Ismogi! Ismoga, das ist cool. Wir haben übrigens rechts unten die Anzeige 170 Seelen. Wahrscheinlich haben es keine Seelen, sondern Runen, hat es geheißen. Gell? Hey, wo hat denn der die Waffen nicht oder hätte beide davon? Die hätte. RB hinter Gegner kritische Treffer. Gleich. Piek. Das war aber kein kritischer Treffer. Dann war ich zu weit weg. Da war ich zu weit weg, tu dich nicht runter. Der Schleier? Mal gleich mit testen. Brechen von... Ah, das wollte ich wissen. Brechen von Haltungen. Einige Angriffe können die Haltung eines Gegners brechen und euch die Chance auf kritischen Treffer gewähren. Mit aufgeladenen und Sprungangriffen ist besonders einfach die Haltung eines Gegners zu brechen. RT halten, Sturmangriff, RT beim Springen, Sprungangriff. Ja, mit testen. Das ist neu. Das ist genau noch, was ich gesucht habe. Das ist exakt noch, was ich gesucht habe. Also gibt es den Fußtritt nicht mehr? Oder wie? Was haben wir da?
Sondern man muss... Ah, das ist geil. Wenn ihr sterbt, werdet ihr am letzten Ort der Gnade wiederbelebt, den ihr besucht habt. Seid ihr allerdings in der Nähe eines Pfahls von Marika gestorben, könnt ihr stattdessen dort wiederbelebt. Ah ja. Zwischen... Muss ich da irgendwas tun damit? Anhauen? Die Gegner haben eh schon wieder alle besoffen. Ja, abwarten. Der komische Nebel heißt nie irgendwas gut sein. Und der Checkpoint heißt auch nichts Gutes. Das war übrigens ein Estus. Wir werden das ein Estus nennen. Einfach, oh Gott. Dip Counter incoming! We will see. Oh mein Gott. Okay. Bist du der Boss? Das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass du der Boss bist. Abwehrkonter. Wenn ihr einen gegnerischen Angriff geblockt habt, könnt ihr sofort einen Gegnerangriff aufnehmen. Mit Abwehrkontern lässt sich die Haltung des Gegners... Okay. Schauen wir mal. Alles klärchen, mein Freund. Okay. Ja, ist gut! Okay. Ich hab schon verstanden! Ah! Okay, chill. Okay. Ich trau dem Dark Souls Blocken nicht. Ich sag das, wie es ist. In Dark Souls bin ich irgendwie auf Ausweichen anstatt auf Blocken, aber vielleicht sollte man öfter blocken. Hat aber nicht viel ausgehalten. Das muss ja jetzt ungewöhnlich gut gelaufen. First try! Zero Depth! Nichts anderes mag ich hören. So, was haben wir da? Klappt das Ding auf. Überreste plündern. Stärke! Was ist das? Was ist das? Okay, was kann das? Was haben wir da? Cyberslayer! Seit bestimmt 5 Jahren schon abonniert und feiert dich und all deinen Content wie am ersten Tag. Liebe uns. Liebe uns, ich liebe euch. Grüße gehen raus, aber jetzt gib ihr Ruhe, Bussi aufs Nussi Mausi. Mr. Cyberslayer, lernen Sie einer zurück, es wird ein langer, furchtbar langer Abend. Furchtbar langer Abend. So, die Frau. Ach, jetzt haben wir da herum. Ja, hab schon verstanden. Das ist übrigens auch sowas, das Leveldesign von Souls Games ist in der Regel ein dermaßen unerreicht gutes. Und ich hoffe sehr, dass sie das ebenfalls in dieser Open World Scheiße, hätte ich jetzt da oben das Ding wahrscheinlich gekriegt, oder? Ich bin ein Volldepp. Aber so, Scorm. Scheiße, wahrscheinlich hätte ich irgendwie da aufgekommen können, oder jetzt? Nachricht lesen. Zu hoch. Ja, wow. Das hätte man Deppasung können! Erstens umkehren. Na, scheiße. Haben wir schon wieder verkackt. Wahrscheinlich hätte ich jetzt von da oben irgendwie da aufgekommen, oder? Lass mich raten. Nein, werden wir nicht rausfinden. Gehen wir mal einen Meter weiter. Rotkopf! Schalt dein Hut mal dauerhaft ein, dank mir später. Wie schaltet man das dauerhaft ein? Das ist gerade ducken gestanden, gell? Ich hab's nicht gelesen. Das tut mir leid. Ich sag das, wie es ist. Ich hab's nicht gelesen. Ich hab's nicht gelesen! Pro-Gamer. Oh, Kartenmenü. Aktuelle Person. Ah gut, das ist irgendwann. Perfekt. Ich halte zurück und laufe den Weg nochmal ab. Das dauert mir zu lang. Y. Ah, das wird ich nicht. Bleibt das Hut dann da? Will man nicht sehen. Ich hab keine Estus mehr. Hol mal lieber mehr auf. Weiter geht's! Map! Dieses ikonische Öffnen von den Doppeltieren. I like. Aber auch ganz furchtbar feste Daten. Ah ja, das ist... Nein. So, das ist jetzt ein Speicherpunkt. Und eigentlich an der Stelle kann man jetzt einmal schauen, normal kann man da aufleveln. Am Ort der Gnade rasten. Rasten! Und da kann man normalerweise was Zeit vertreiben. Am Tag. Es gibt Zeiten, also es gibt Tageszeiten, es kann Tag und Nacht sein, okay, das ist cool. Flaschen, Zauber lernen, Truhe sortieren, verlassen. Dann haben wir mal Truhe sortieren. Über dieses Menü könnt ihr Objekte, die ihr bei euch tragt, in der Truhe lagern oder gelagerte Orte aus der Truhe nehmen. Das heißt, das sind Sachen, die haben wir nicht dabei. Okay, wir haben aber auch noch nicht recht viel gefunden, darum ist es relativ irrelevant. Erinnerung der Gnade. Alle Runen verlieren und zum letzten Ort der Gnade reisen.
Ach, das ist so ein... Na, jetzt halt weiß ich, was du gemeint hast mit dem Black-Dingsbums-Teil aus Dark Souls. Da kommst du einfach an deinen letzten Ruheort, kommst wieder zurück damit. Flasche mit Himmelstränen stellt FP wieder her und die stellt LP wieder her und die lädt sie normalerweise jedes Mal wieder auf. Wunderschön. Zauber lernen, was haben wir da? Über das Menü Zauber lernen könnt ihr Zaubereien und Anrufungen sammeln. Ihr müsst einen Stab ausrüsten, um Zaubereien zu wirken oder heiliges Siegel, um Anrufungen zu sprechen. Wo auch immer da der Unterschied ist, aber das darf mich jetzt sowieso einmal interessieren, was unsere beiden Zauber da kennen. Dringende Heilung. Heilt eine kleine Menge LP. Ja, okay, ist aber nicht schlecht. Lässt Fußschritte verstummen und verringert Sturzschaden und Sturzgeräusche. Das ist dieser Assassinenschritt. Ja, okay. Zaubereien, Anrufungen, kann man da irgendwas kaufen auch oder so? Nein, entfernen, Hilfe, schaut nicht so. Speicherplätze haben wir 2, leere Plätze haben wir 0 FP. Ja, okay. Das war mir alles so, wie es ist. Flaschenaufladung hinzufügen, Flaschen verstärken, Flaschenauffüllungen teilen, dumme Flaschenaufladung hinzufügen. Anzahl der Flaschennutzungen mit einer goldenen Saat erhöhen. Dann haben wir nicht 3. 3 mehr eine Düdeln zum Lehm auffüllen, sondern halt wahrscheinlich 4. Ja. Eine Ladung der Flasche mit Purpurtränen wurde hinzugefügt. Flasche verstärken. Menge der mit Flaschen aufgefüllten LP mit einer heiligen Träne erhöhen. Ja, aber so eine werden wir nicht haben. Heilige Träne nicht im Inventar. Ja, Flaschenauffüllungen verteilen. Über dieses Menü könnt ihr die Zahl der Nutzungen in jeder eurer Flaschen verteilen. Ihr habt ein festgelegtes Maximum an Flaschennutzungen. Bla 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 bla. Einfacher erklärt. Wir haben ja insgesamt 5 Flaschennutzungen und können wir das jetzt aufteilen, ob wir quasi auf unserem Weg von Checkpoint zu Checkpoint, soweit ich das jetzt beurteilen kann in meiner Unwissenheit. Estus-Aufladungen haben wir dann halt 4 dabei für Leben oder 5 und 1 fürs Mana. Da wir momentan noch keinerlei brauchbaren Zauberspruch haben fürs Erste, mache ich da jetzt mal 5 draus. Dass wir mir neue Verteilung, die kostet ja normalerweise auch nichts. Ja, schaut gut aus. Dann Zeit vertreiben, Truhe sortieren, brauchen wir sonst nichts. Was mich jetzt noch interessiert hat, ist unser Inventar. Ah ja. Beutel, haben wir Gesten, Inventar. Schauen wir, über das Inventarmenü könnt ihr Objekte ansehen, gesagt, sie fallen lassen oder weg. Das Dark Souls Inventar ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Wir haben da, wir haben heute noch nicht frei. Runzliger Finger des Befleckten zum Schreiben von Nachrichten an andere Welten. Ich bin mir jetzt nicht sicher, mit dem Ding können wir, glaube ich, so Nachrichten am Boden schreiben, wenn wir schon gefunden haben. Oder wir machen einen riesengroßen Fehler und wir laden mal Leute zu uns ein, nämlich andere Spieler, die uns aufs Maul hauen wollen. Ja, gibt's. Brauche ich aber jetzt nicht. Der komische Dunst da macht mich schon wieder stutzig, weil das riecht nach Boss. So, versuchen. Steinwertschlüssel nutzen. Ja. Haben wir keinen. Den hätten wir uns am Anfang auch einbackeln können beim Charakter erstellen, falls Sie sich erinnern. Koop-Mehrspielerpartien. Das lese ich jetzt schnell ganz vor. Mit dem Krummfinger des Befleckten hinterlasst ihr ein goldenes Rufzeichen. Andere Spieler in anderen Welten können euch mit diesem Zeichen für eine Koop-Mehrspielerpartie. Als Krummfingergast ist eure Aufgabe, dem Wirt im Kampf gegen den Gebietsboss zu helfen. Der Kompass am oberen Bildschirmrand weist euch die Richtung zu Wirt, der Finger, der euch gerufen hat. Ist der unendlich oder ist der Fingerabtrenner? Krummfinger des Befleckten. Ja gut, kriegst du halt am Anfang alles meistens gleich. Und da Zeig drin, umeinander spawnen, weiß ich nicht. Naja gut, Rotkopf. In die Optionen HUD einschalten und nimm deine Saat gleich her am Lagerfeuer. Alles schon passiert. Ich glaube, ich hab's übersehen, aber tut mir leid. Die Elder Scrolls 4 Joghurt. Was für Joghurt? In die Einstellungen des HUD dauerhaft einstellen. Aber wo? Filmeffekte, HUD Auto. Konfiguration aus, an. Wird schon passen. Ich weiß nicht warum, aber ich höre da jetzt einfach. Schauen wir mal. Krummfinger des Befleckten, AKG. Kratzer. Oh, da ist ein Schalter. Erst mal rundum schauen. Da irgendwo. Kannst du mir. Fangen wir bitte, aber schaut mich vor. Na gut. Schalter betätigen, schauen wir, was passiert. Hebel. Wow, ja, Hebel. Ich hab ihn gesehen. War ganz toll, wenn ich den scheiß Hebel betätigen kann. Und nicht die ganze Zeit auf die Nachricht draufdrücken. Kann man das... Den Hebel sollst du drücken! Und nicht die Nachricht lesen! Mikro zu leise. Das halte ich für ein Gerücht. Ja. Weißt du, was man noch schnell... Wo kann man aufleveln?
Ob man nicht normalerweise an die Lagerfeuer aufleveln können? Weil wir haben ja schon ein paar so Runen gesammelt. Flaschen, Zauberlernen. Reis auf den Hebel. Ja, aber Hebel ist Hebel. I'm a simple man. I see a Hebel. I press a Hebel. Ja, okay. Vielleicht brauchen wir den Hebel gar nicht. Was? Nein, aber es hängt, wenn du leiser wirst. Da muss ich mein Schnodern einfach weiter ohne tun. Ich muss mir ein bisschen Vieri lernen. Ich hab nämlich ein bisschen gereizt. Ich hab bis gestern der alte Mo, gestern ein bisschen weggesoffen. Und vielleicht vorgestern. Nein, wer weiß das schon. So, auch gelesen. Preiset Elden Ring. Naja, noch nicht. Bis jetzt fühlt sie sich einfach wie Dark Souls 4. Oh Gott, da unten sehe ich schon wieder irgendjemand, der wo man kommt. Limgrave! Ah? Preiset Licht. This is one sexy view. Und da hinten sehe ich schon unseren ersten Dungeon, glaube ich, hä? Ah, oh mein Gott, hab ich Bock. Oh mein Gott, hab ich Bock! Vogel! Gleich mit zum Vogel. Was ist da los? Vogel! Kann man dem was tun? Hey, Vogel. Hey, Vogel! Vogel! Achtung, wie ein Traum. Oh, da hinten habe ich was entdeckt. Da hinten draußen habe ich auch was entdeckt. Oh mein Gott, das gibt's so! Alter, wie groß ist denn das? Der Ohrleck, oh, der Vogel hat was droppt. Leiche plündern. Flugfeder. Ja? Leiche plündern? Ah, Flugfeder. Was wir mit der Flugfeder da können, weiß ich nicht. Da unten ist ein Schaf! Was ist das? Schaf Bs? Ah, ich muss sagen, muss ganz ehrlich sagen, wenn ich so von links nach rechts schaue, flüssig ist anders, gell? Entschuldigung, Entschuldigung, es schaut wirklich geil aus. Macht was her auf den ersten Eindruck. Aber flüssig ist anders, Kinder. Warte mal, vielleicht muss ich aber auch bloß einmal meine Grafikkarten ganz aufdrehen. Moment. Grafikkartencheck. Ah, die ist ganz aufdrehen. Achtung. Raise the Sun. Beep, beep, okay. Naja, flüssig ist anders. Kinder, flüssig ist anders. Beep, beep, I'm a sheep. Oh, was gibt's da jetzt? Da gibt's was zum Looten. Da gibt's Gnade. Gnade ist gut. Checkpunkt ist immer gut. Jessie. Führende Hand der Gnade. Gnade existiert, um die Befleckten zu führen und ihnen den richtigen Weg zu weisen. Selbst heute besitzen manche Orte der Gnade noch diese Macht. Ihre goldenen Strahlen werden euch den Weg weisen. Alles okay. Ja, ist ja gut die Karte. Nutzt eure Karte, um eure aktuelle Position, das Terrain und die Gebäude haben wir schon gehabt. Karte ist andere Seite, da ist die Karte. Dann können wir da mal auszoomen. Oh mein Gott. Ja, I see. We have a lot to do. A lot to do. Mr. Fox, zum Leveln brauchst du Tipp von Dosen. Kommt noch. Oh, ja, ich hab's ja fast gedacht. Ich glaube, bei Dark Souls kannst du erst nach einer kurzen Zeit das Level noch fangen. Oh, yes. Tarnished, are we? Come to the lands between for the Elden Ring? Hmm? Of course you have. No shame in it. Unfortunately for you, however, you are maidenless. Without guidance, without the strength of runes, and without an invitation to the Round Table Hold, you are fated, it seems, to die in obscurity. Ich habe ihm nicht zugehört, alles was ich sage, ist der komische goldene Reiter da hinten, auf den ich überhaupt keinen Bock nicht habe. Eine fürchterliches. Ist das unser erster Gegner, der uns gleich mit zeigt, 2 Stunden lang, wo wir wohnen? Was ist das? Also, Herbeirufungsreserven. In jedem Gebiet könnt ihr auf Märtyrerbildnisse stoßen. Diese Bildnisse dienen als Herbeirufungsreserven. An diesen Orten wird es euch leicht fallen, andere Spieler herbeizurufen, da sie als Sammelpunkte für Koop-Rufzeichen und feindliche Rufzeichen fungieren, die mit kleinen Bildnissen erstellt wurden. Alles klar. Da. Kleine goldene Statue. Okay. So, ich habe halt das dumpfe Gefühl, dass uns dieser goldene Ritter gleich mit sagt, wo wir wohnen. Schauen wir mal. Wir haben aber auch nicht weit. Wir haben da unten haben unendlich viele rote Blutflecken. Ja, I have a bad feeling about this. Hey, ich war so hoch auf der Leiter. Was für Leiter, Alter?
Jetzt laufen wir da, oder versteckt man uns erstmal. Wir probieren. Wir probieren. Wahrscheinlich haut er uns einfach gnadenlos aufs Maul. Wir können auch mal schauen. So. Wann drehen die um? Wir können uns anschleichen und können abstechen. Probieren wir es. Oh Gott, der dreht sich um. Okay, bye. Okay, bye. Oh, ruckel. Oh, hat er uns schon gesehen, oder was? Aber weißt du, schau mich mal an. Ich habe so ein geschissenes Kackschwert und schau dann an, Alter. Okay, tschüss. Okay, wir schleichen uns so. Wir probieren es. Schleichen uns an. Oh, ja. Ja, ich kenn mich, hau den Bob rein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, ja. Oh! Was? Ah, okay. Well. Okay. Counter +1, I guess. Wenn ihr sterbt, werdet ihr zum letzten Ort der Gnade wiederbelebt, den ihr aufgesucht habt. Ja, das wisst ihr. Ich hab nicht den Eindruck, als dass wir den jetzt her wären. Ich werde es jetzt noch einmal probieren, ganz normal. Und dann schauen wir weiter. Ich glaube nicht, dass wir überhaupt eine Chance haben. Ich glaube nicht, dass der... So, Meister, kommst du mal nochmal. Kann man da blocken oder wie schaut's aus? Was ist mit dir? Ja. Das ruckelt bei gescheit, gell? Ja, nicht am Stuhl hängen! Oh. Oh, es ruckelt voll gescheit, gell? Oh, ist der. Ja, ist gut, Meister! Ah! Überhaupt keine Chance. Überhaupt keine Chance. Aber überhaupt gar keine. Okay. Und vor allem, es ruckelt wie Scheiße. Merkt ihr das im Stream? Es ruckelt wie Scheiße, oder? Puh. Ja, gehen wir nochmal an dazu. Einmal probieren wir noch. Und spätestens jetzt da ist die installieren. Nein, überhaupt nicht. Wir haben ja Level 0 quasi. Ich hab das Gefühl, der ist halt einfach nur out of... Jetzt probieren wir es einmal nochmal mit Schleiern. Ich spiele als Bettler und hatte den First Try. Bla 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 bla. Mehr sage ich da dazu jetzt nicht. Video or it Livestream or it didn't happen. Im Stream sagt man kaum mal ruckeln. Das ist der Ernst. Bei mir ruckelt es wie Scheiße. First try, ja. Vale. Okay. Ich glaube, den lassen wir dabei mal aus und schauen wir mal so rundherum, was es sonst noch so gibt. Da ist auf alle Fälle irgendeine komische Stauern, mit der man irgendwas tun kann. Die holen wir uns schon. Du musst in die Einstellung die Bewegungsverzerrung ausmachen, dann könnte es besser werden vom Ruckeln her. System... Einstellungen, schauen wir mal da, wie nennen sie? Aber bitte, du musst mir nicht gern. Nein, tu ja nicht. Tu ja nicht, dass du den auf First Try machst. Glaube ich dir nicht. Ganz einfach. Und falls doch, geht's nicht, aber ich glaub's dir einfach nicht. Na?
Bewegungsverzerrung ist gleich Motion Blur. Wo ist denn das drin? Beleuchtungsqualität, Bewegungsverzerrung, aus. Was besser, was... Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich laufe jetzt da mal zu dem Pflanzal da hin und dann werden wir wahrscheinlich wieder dreckig sterben, fürchte ich. Ja, wir außen rundum. Ja, wir gehen mal da außen rundum. Was haben wir da gefunden? Da ist einfach, da ist ein Totenshell. Was ist der mit dem? Mit dem? Warum liegt denn da ein Totenshell? Den hauen. Direkt aufheben. Ich darf es gerne aufheben. Goldene Rune. Okay. Ah, was ist mit dem? Nein, geh weg! Hat uns der... Ach, der hätte uns fast gesehen. Guck mal, gib mir mal das Grasal da. Das goldene Ding da mag ich haben. Ach, das sind unsere verlorenen Runen. Jetzt... Oh, nein. Nein, hat er mich gesehen? Geh weg. Die wären wir schon noch her, tu dir mal nicht runter. Die wären wir schon noch her. Abflug. Da. Ah, Ruckler des Todes, Alter. Was ist da los? Gehen wir einfach mal weiter. Und schauen wir mal, was da oben so los ist. Gibt's da normale Gegner auch, oder gibt's da bloß den ultra-todesgoldenen Hau drauf Seppen, der mit einem Schlag literally one-hittet? Jetzt gespannt. Ja, grüß Gott. Was ist da herin los? Was gibt's da so? Kirche von Elle. Ist da der Nikolaus, oder wer bist denn du? Möchtest du auch wieder hauen? Verstärken von Waffen. An Schmiedetischen könnt ihr eure Waffen und Runen und Schmiedesteinen verstärken. Irgendwo im Zwischenland gibt es einen Schmied, der eure Waffen sogar noch weiter verstärken kann. Erfinden müssen. Oh, der Schmiedestein. Ich glaube aber, dass ich meine Waffen noch nicht verstärken mag, weil den Schmiedestein hebe ich mir auf. You're tarnished. Tarnished? I can see it. And I can also see that you're not after my throat. Then why not purchase a little something? I am Kale, purveyor of fine goods. Im Stream sind keine Ruckler, schreibt Leute. Das muss ich mir danach noch anschauen, weil das völliger Irrsinn ist, wenn der auf mich zuläuft und vor allem, wenn ich meine Kamera drehe, dann habe ich das Gefühl, dass ich mit 20 FPS spiele. Keine Ahnung. Händler Kale, kaufen, was hat denn der so? Über das Ladenmenü könnt ihr mit Runen verschiedene Objekte kaufen. Ihr könnt euch Objekte für Runen verkaufen. Jeder Händler hat viele verschiedene Waren. Ah, der hat zum Beispiel Rüstungszeug und so weiter und so fort. Ja, verstehe schon. Ja, good old stuff. Fackeln und Zeug und Klump, aber wir haben keine Runen. Warum haben wir keine Runen? Ich hab doch meine Runen wieder aufgeklappt. Haben wir da? Teleskop. Macht es möglich, weit in die Ferne zu sehen. Ah, offenbart Coop und feindliche Rufzeichen. Kaufen Informationen über Kell, Impf. You know, if you can Falls ihr spare the Runen entbehren runes, könnt, you should buy yourself solltet ihr a euch einen crafting Werkzeug kit. sagen. A crafting kit allows you to make basic essential, really. If you intend to survive, the kit costs a bundle. And I admit, I do take my... But the important thing is that you survive. Ein Werkzeugbundle. Was? Werkzeug, das Ding. Werkzeug, das befähigt euch zur Objektherstellung. Wird man wahrscheinlich kaufen dann. Goodbye, for now. Aber ich hab keine Runen nicht. Warum habe ich keine Runen? Weiß ich nicht. Erstmal nehmen wir das. Verlorene Gnade entdeckt. Über eure Karte könnt ihr sofort an bereits entdeckte Orte der Gnade reisen. Das heißt, wir können jetzt da quasi von Punkt zu Punkt umeinander düdeln, oder wie? Orte der Gnade, Markierung, schließen, reisen. Okay, brauchen wir halt. Was sind denn diese weißen, die Strich da? Ist das ein Punkt der Gnade? Soll das das Symbol dafür sein, oder wie? Das Friedhof der Gestrandeten. Naja. Birger, hast noch einen sauberen Rausch in der Pfotzen, deswegen ruckelt es bei dir und bei uns nicht. Ja, ich glaube auch. Ihr seid bloß alle Konsolen-FPS gewohnt. Ich bin auf 60 Frames, spiele, kriege einen Schlaganfall. Das wird es wahrscheinlich sein. Da hinten sehe ich Materialien sammeln. Im Zwischenland findet ihr an jeder Ecke Früchte, Blumen, Pilze, Schmetterlinge und viele andere nützliche Materialien. Diese Materialien könnt ihr für die Herstellung von Objekten einsetzen. Okay. So, da hinten sehe ich irgendein Flugvieh. Da ist schon wieder der goldene Rittersepp, der soll abhauen. So, probieren wir so mit dem Vogelviech da hinten. Ich weiß es auch nicht. So richtig ein Anhaltspunkt, wo wir überhaupt hin müssen, haben wir gar nicht, gell? Das ist wahrscheinlich das nächste Viech. Da, seht ihr das? Wie das ist fast Standbild, kurz einmal. Da, Viech, was kannst du? Kannst du was? Kannst dem du was? Ich weiß ja nicht.
Weißt du, du kannst fliegen. Das wird ein Problem sein. Ah, sehr schön. Vernichten von Gegnergruppen. Vernichtet ihr eine Gruppe von Gegnern, füllen sich eure Flaschen wieder. Das ist neu. Das ist in Dark Souls mit Sicherheit nicht so. Die Anzahl und Art der gefüllten Flaschen variieren je nach Gegnergruppe. Ihr könnt nur so viele Flaschen auffüllen, wie es eure maximale Anzahl erlaubt. Ja, okay. Dann kommen wir... Oh, goldene Runen, Jenny. Da kriegt man wahrscheinlich dann ein paar Runen, wenn man die Dinger einlöst. Nehme ich an. So, was haben jetzt jeder beschützt? Da gibt es mit Sicherheit was zum Looten. Ich will... Oh mein Gott. Da unten ist eine riesengroße Gegnergruppe, habe ich schon gesehen. Da unten ist irgendein so ein ganz dicker. Da ruckelt jetzt gar nichts, wenn ich so mache. Da fällt nichts. Aber jetzt kurz beim Dahinlaufen war fast... war einfach fast Standbild. Was ist das? Komisch. Naja, gut. So, bei der Kathedrale waren wir schon. Wird das eigentlich irgendwie aufdeckt oder so? Die Karten schaut doch recht knockert aus, muss ich sagen. Und da ist ein Gebäude hervor. Da schauen wir hin. Und springen muss ich mir erst noch gewohnen. Oh, Vogel. Scheiß auf den Vogel. Scheiß auf den Vogel! Da, jetzt wieder! Beim Springen! Beim Springen jetzt! Einfach fast Standbild in der Luft. Seht ihr das nicht? Also ich sehe die Ruckler schon. Ja, Gott sei Dank, dass ich nicht der Einzige bin, der offensichtlich den Luxus von mehr als 60 Frames per Second gewohnt. Da! Vollgas! Ah, das ist verschot. Scheiß behinderte riesen goldene Ritter da, das soll ich abhauen. Die machen wir später. Du kannst Kartenteile finden, dann wird's aufgedeckt. Ah, okay. Der hat, glaube ich, da... Schau dir mal die so. Ah, das macht mich fein. Das ruckelt wie Hölle, Alter. Das ruckelt halt nicht bloß ein bisschen, sondern das ruckelt halt wie Hölle. Da! Wieder! Ah, da wie verlässt gell? Also ich sehe keine Ruckler. Wieder fast Standbild. Da ist ja noch nicht mehr irgendwas. Was liegt da am Boden eigentlich? Oder Eisenkopf. Gehen wir mal nochmal in die Kathedrale rein und schauen wir, was der zum Verkauf hat. Ah, wir haben ja bloß 141. Oh, da ist jemand, der brennt. Echt Wahnsinn. Auf alle Fälle irgendwas. Da oben ist auf alle Fälle irgendwas. Das schauen wir uns so. Ah, da schleichen wir uns da und dann da schlagen wir von hinten und sticht man ab. Sneaky. Sneaky geht einfacher wie Kämpfer. Da wieder was ist. Liegt auf alle Fälle wieder ein Totenschild am Boden. Easy! Können wir das da einsammeln? Ja. Nehmen wir alle mit. Alle nehmen es mit. Gut gehabt! Die goldenen Linien auf der Karte zeigen da an, wo es circa weitergeht, beziehungsweise wo es hingehen solltest. Deuten die in die Richtung oder... Oh, jetzt hat er so die Kacke gemacht. Jetzt müssen wir kämpfen. Check auf, da gehst her. Ja, du kannst da mal absolut überhaupt gar nichts. Alles klar. Da gibt's Loot. Die haben jetzt systematisch hauen wir einen nach dem anderen zusammen, das sagt ich. Ja, Entschuldigung, Kinder, aber das Spiel ruckelt wie Scheiße. Es ist nicht unspielbar, das sage ich nicht. Aber es ruckelt wie die Hölle und das nicht bloß ein paar Mal, sondern gefühlt alle 10 Sekunden. Das ist schön für euch, wenn ihr das nicht seht, aber ich seh's. Kukri. Was auch immer ein Kukri ist. Cookies! Aber wahrscheinlich haben das so Wurfmesser. Ja, aber der haben wir gar nicht lange umeinander, schleichen wir uns jetzt von Zipfel zu Zipfel und stechen wir alle ab. So schaut's aus. Ja. Sag das Böhnchen. Easy! Ja, du, wir spielen mal schon weiter, um Gottes Willen. Das ist jetzt kein Ding nicht, aber... Alter! Candy! Gerade hab ich gesagt, du kannst einmal gar nichts. Wir müssen unser Esto bauen. Ich muss vielleicht einmal mehr blocken, anstatt nur dumm zuhauen. Was haben wir da? Einen Pilz. Und noch haben wir eine Höhle entdeckt. Einen Durchgang haben wir entdeckt. So. Hainhöhle. Die werden wir uns anschauen. Und das ist genau das, auf was ich Bock habe. Wenn ich jetzt da hergehe, da interessiert mich jetzt was. Jetzt wenn wir an die Gnade hergehen, wir haben jetzt unsere Estus Flasks noch nicht aufgefüllt. Aber wir könnten schnell reisen.
Mit der Schnellreise wie Rasten haben dann Gegner wieder da, aber das ist im Prinzip ist ja wurscht. Ah, okay, und die Teile zwingen uns quasi, wo wir grob hin müssen. Also, Weg da auf und dann ist vielleicht da irgendwas. Egal, wir machen jetzt erst die Höhle. Höhle! Ab zur Höhle. Jetzt gehen wir erstmal zur Kirche und schauen wir, ob wir was kaufen können. Was? Reise an einen Ort der Gnade von hier aus nicht möglich. Warum nicht? Warum nicht? Was? Leider laut Steam-Reviews bei vielen so liegt am Spiel. Ja, das ist schade. Das ist ganz schade, weil die Grafik ist gut, ja, brauchen wir nicht diskutieren. Sie ist jetzt aber auch keine sichere Oberbombe. Gefahr voraus benötigt. Das ist jetzt nicht so die Oberbombe, dass alle 10 Sekunden ruckeln muss wie Hölle. Gut. Aber gehen wir mal in die Höhle rein und holen wir uns einen Topf ab, der Riesung. Oder? Was sagt ihr dazu? Holen wir uns ein paar Topf. Oh, da ist der. Mit dem Wolf. Ja, Wolf. Keine Zeit da am Boden. Was ist das? Material sammeln. Höhlenmoos. Oh, Meister. Hier den. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße, das sind ja 3. Ah! Das sind ja 3! Ah! 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 Hey, für was blocken die? Hey, Kinder, oh, das ist okay, das sind 4. Okay, Moment, schnell raus. Das müssen wir anders machen. Okay. Was auch ganz toll war, ist, wenn die Tooltips von selber weggedaten nach ungefähr 5 Sekunden, wenn ich es selber nicht wegdrücke. Alles klar, nochmal. So, nochmal. Waren ein bisschen mehr wie angenommen. Ich meine, da ist einer unten. Waren doch 4. Scheiße. Hoppala. Gehen wir da hin. Gehen wir da hinten lang, da ist einer. Ich mach mal hinten ab. Oh, Scheiße, er sagt uns gleich. Oh, hat er uns schon. Schissenes Mistvieh. Dünne Bestienknochen. Da ist in Ordnung. Ah! Verpisst euch! Hey, für was blocken ich, Meister? Jetzt krieg ich, für was blocken ich? Jetzt mal ernsthaft. Ich habe geblockt. Beine. Wo sind Beine? Meine Beine. Tutsi. Oh, mein Vieh. Kann man bestimmt die Viecher nicht blocken. Keine Ahnung. Möglich ist alles. Ah! Mistviecher. Klumpen Fleisch. Den nehme ich. Und da? Gesprungener Topf! Hashtag. Gesprungener Topf. Weiter geht's. Ein Haufen Scheiß zum. Da ist nur so ein Scheiß, wo ich mal einen Sekt, die Mistviecher, aber nicht! Jetzt hab ich Block auf alle Fälle. Ja, Überreste. Ah! Seh fix nochmal. Ob du wirklich richtig blockst, siehst du, wenn das Licht anbleibt. Weiß jetzt auch nicht, was ich da sagen soll dazu. Mehr wie auf Blockdrucker kann ich nicht. Ja gut, Parent kann man noch, aber das muss ich erst noch ausarbeiten. Materialien sammeln. Silbernes Glühwürmchen, da hat er bei mir ein Glühwürmchen. Ich hab's gesehen. Ja, im Schund. Er mit dem ganzen Schund. Was haben wir da? Verborgener Pfad. Ja, das wollte ich nicht. Das ist überhaupt kein verborgener Pfad, da bin ich angelangt worden. Hol das Zeug wieder, was liegen gelassen hast, voll krepierst bist. Was? Tut mir leid, weiterer Sprache beherrsche ich nicht. I'm sorry. Die Frage ist, da geht es jetzt halt noch weiter nach unten. Sollen wir nur noch weiter nach unten dringen? Ich weiß es auch nicht. Schleichen wir mal. Oh Gott, da ist ein Boss. Ich glaube sowieso selber nicht, dass ich da jetzt reingehe mit einem Estus. Da müssen wir besser reinkommen. Nein, Kinder, da müssen wir besser reinkommen. Was bedeutet das da? Oh, ach, da kann man sich nicht porten. Ah, in Höhlen kann man sich also nicht porten. Ah, okay. Okay, hab schon verstanden. Da müssen wir besser durchkommen. Da müssen wir besser. So, und jetzt kommt Dark Souls Gameplay ins Spiel. Und zwar, wenn wir da rasten, dann kriegen wir unsere Estus wieder. Aber, Zeitvertreiben, Flaschen, Zauberlein, wir kommen immer noch nicht
leveln oder irgend sowas. Schauen wir, ob wir den Wolfsboss da unten schaffen. Aber dazu werden wir wahrscheinlich erst furchtbar viele Wölfe töten müssen und ganz furchtbar oft aufs Maul kriegen, bevor da irgendwas geht. Ein bisschen schneller gehen, da hocken wir. Schlier. Schau mal, was der Wolfsboss kann. Wahrscheinlich ist es Mama Wolf, die so groß ist wie die ganze Ding. Oh, Depth Counter Inc! Und was bist denn du? Haut so nicht hin, haut so nicht hin, haut so nicht hin. Gib mir Estus sonst mal und... Du einmal starten, du Mistvieh! Au! Okay, chill. Ich fuck, Birger, warum wurzt denn nicht? Warum wurzt denn nicht? Na, den kriegen wir schon. Ist nicht so hart, ich muss mich so massiv drauf gewohnen. Haben wir Zeit? Ja, ich glaube schon. Ich muss mich so massiv drauf gewohnen, diese Rumspringerei und so. Einfach ganz was anderes wie jetzt da die 20 Stunden God of War. Das hat mit gar nichts mehr zu tun. Und mit Sekiro hat es auch nichts mehr zu tun, weil da hat man einfach mehr blockt. Bringen gegen den Blocks was? Ich glaube nicht. Zweifle das. Kriegen wir schon. Chill. Kriegen wir schon. So nochmal. Und vielleicht kriegen wir unsere Dinger noch aufgeklappt. Ja, okay, dann halt nicht. Der Kratos holt noch mehr raus. Ja, aber that's the game. Und nochmal. Ich hab's euch gesagt, wir werden unfassbar oft sterben. Es war nie die Rede davon, dass wir mir einen Depth Counter resetten. Natürlich steht da 26. Alter, das ist der Depth Counter 2023. So klar. Und nochmal von vorne. Unsere Runen sind jetzt zwar weg, aber das ist einmal noch scheißegal. Jetzt gehen wir vorher. Okay. So, los geht's. Und nochmal! Der erste Try war besser. Weit besser. Aber ich spring nur ein bisschen zu viel planlos umeinander. Ausprobieren.
Drachentalisman! Nimm mich doch! Mit Händchen, Küsschen nimm ich das! Yeah! First try! Ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, wie stark das ist. Springer und mit... Wie soll ich sagen? Also Springer und halt... Das unterbricht sogar einen Boss. Gut, das ist ein Zwischenboss. Das ist kein Boss jetzt nicht, das war jetzt ein Zwischenbösschen. Aber... Nein, zum Eingang kehren wir noch nicht zurück. Was gibt's da noch? Da gibt's da noch mit Sicherheit nur... Gibt's da was Tolles? Den Linksschwinger könnte es blocken, rechts und doppelt nicht. Loot, wo? Ja, wo ist Loot? Gib mir Loot. Ist was? Ich schau, dass es als kannst was. Da hat irgendjemand was draufgestanden. Kann Loot sein? Haben wir da? Nachricht lesen? Springen, oh springen. Ja, dann werden wir den halt wahrscheinlich so... Ja, gut. Wichsgriffe, Viech, 3, Bierger, 1. Kann man sein lassen. Wo ich noch nicht so ganz klar komme damit, der braucht so lang zum Rollen. Ist das normal? Ich weiß es nicht. Muss ich mich erst wieder drüber wohnen. Zum Eingang zurückkehren! Ich glaube, da gibt es sonst nichts. Ja, los geht's. Nice! Ein bisschen reinreiken. Wieder halbe 10. Ah ja, so. Haben wir schon unfassbar viel geschafft in den 1,5 Stunden. Wir haben auf alle Fälle 1110 Ruhe. Die Frage ist jetzt... Bei der Ausgängen haben die Gegner wieder da. Jawohl. So, wenn wir das gewohnt sind. Reichen wir jetzt. Oh. Das ist die Frage, wo wir hin müssen. Ich glaube also da in die Richtung, wo die Soldaten alle sind. Und da arbeiten wir uns jetzt nach vorne. Jetzt ist aber abgeschnitten. Das ist halt nicht Open End. Der Flug bis und ab. Ja, ich weiß, dass ich gesagt habe, es ist Open End, aber das heißt, es kann sein, dass er jetzt schon gut ist. Verstehst du? Weg auf Karte. Schauen wir gleich. Erst schlägt man ein paar Handeln ab. Damit wir einen guten Schund. Ja, will einen guten Schund mit. Ah. Ich will eigentlich, wenn man eine Facke da schluckt. Okay, das läuft davon. Ja, okay, es läuft davon. So, setzen wir uns mal den Stein rein. Karte. Was sagt die Karte? Die Karte sagt mir, wenn das da Pfeile haben, die in eine Richtung zeigen, dass ich heute aufgehen soll. Dann schauen wir da mal. Map! Ah! Steuerung ansehen, Menüerklärung. Nein, brauche ich nicht. Ich bin Pro-Gamer, ich brauche keine Menüerklärung. Ich brauche der 144 Frames, das hat mir gefallen. Oh, da haben wir eine Gegnerlage, schau dir das. Sollen wir da mal hineinlunzen? Hineinlunzen sollen du. Hat man uns aber... Was ist mein Mensch nicht? Oh, nein, zurück. Achtung. Inventar. Wir haben ja irgendwas gekriegt, gell? Haben wir gekriegt? Was haben wir eigentlich gekriegt? Gesprungener Topf. Zur Herstellung von gesprungenen Töpfen nötiger Behälter. Okay. Zaubereien, Anrufungen, Kriegsasche, Nahkampfwaffen, Fingerinsignien, Pfeile, Schilde. Was haben wir eigentlich gekriegt? Wir haben doch irgendwas gekriegt. Das da haben wir gekriegt. Erhöht die Resistenz gegen Feuerschaden. Ja. Oh, kann ich drauf scheißen, Alter? Gescheißen! Reicht mir uns Auge ein. Was ist hier mit dir lang anlegen, oder was? Du lässt so viel Stuff liegen, mein innerer Monk weint. Was für Stuff? Was ist jetzt da anfangen in der Natur Sachen zum Sammeln? Mit Blumen, Wölfchen! Jetzt meine ich nervst aber auch, oder was hab ich liegen lassen? Sag mal, was ich liegen lassen hab. Das komische Mosen, den ganzen Scheißen sammeln in jeder. Was mache ich mit dem? Mach ich offstream. Das dauert mir zu lang. Kriegt da kein Mensch sehen, wie wir... Meinst du, dass wir uns da zum Moos sammeln getroffen haben? Das ist... So nicht. Oh. Hört sich die um? Auch Gegnerloot. Oh, wo habe ich Gegnerloot liegen lassen? Oder einen dicken Hammer. Wieder wohl.
gleich so fake kommen müssen! Wir Penner! Da ist Gegner-Loot. Bolzen. Ich hab den Bolzen jetzt. Und wieder ducken und verstecken. Ducken und verstecken. Oh, da unten ist ein Speicherpunkt, den holen wir uns dann. Die Frage, ist das Lager dann wieder voll? Oder ist das Lager dann ausgelöscht, wenn wir alle umgebracht haben? Ja, oh, der schaut ehrlich aus. Der mit dem Helm, der ich hab harte Black Knight Flashbacks ab. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Der hielt mich von hinten. Haben wir auch noch einen? Der hat einen Helm auf. Das ist der Chef. Der mit der Lanzen ist der Chef, ich hab's genau gesehen. Nein. Bleib du mit da. Gehst jetzt da davon. Wenn du da weiter bist, gehen wir mit da so hin. Oh, das hat er gehört. Das hat er gehört. Das hat er gehört. Das hat er gehört. Mein Gott, Kamera, was tust du denn? Nein. Muss ich da wieder verstecken jemals von denen oder kommen die forever? Oh Gott, man. We're gonna die. We're gonna die, die, die. We're gonna die, die, die. Okay, ich hab schon verstanden. Ich hab gewusst, dass der keinen Spaß versteht. Aber ich wusste nicht. Opa! Die Gegner spawnen alle wieder, wenn du mit dem Speierpunkt wirkst, habe ich mir schon gedacht. Ort der Wiederbelegung! Ich glaube, das ist beides das gleiche da, oder? Da haben wir nicht. Letzter Ort. Gehen wir letzte Ort der Gnade, Alter. Sterbesimulator! Ja, Wi-Fi, ich habe euch vorgewarnt. Anpassen von Rüstungen. Ain't nobody got time for that. Da, und nochmal! Ja, wir holen uns auf alle Fälle unsere Seelen wieder, beziehungsweise unsere Runen. Oh, sonst schimpft mir das Wölfchen wieder. Ich muss schauen, ob die Leute was droppen. Aber es ist interessant. Die Typen kämen und two-hitten die halt einfach. Der hat mich getwo-hittet. Das muss man ihm lassen. Haben wir da irgendwas zum Looten? Nein. Da, Wölfchen verdiene mir auch so ein komisches rotes Teil mit, wo ich nicht weiß, für was das ist. Was mir ehrlich gesagt auch noch überhaupt nicht juckt, um ehrlich zu sein. Gehen wir da mal her. Wieder so ein Typ da. Ihr müsst doch das sehen, wie dermaßen das ruckelt. Das ist ja unerträglich. Schaut mal die so. Das ist ja unerträglich. Ich kriege Augenweh davon. Da geht's jetzt wieder, wenn nicht so viel Zeug da umeinander tut. Aber PS4 ist das normal. Ja, ich habe aber kein PS4. Ich habe einen 3000 € fucking Computer. Und das liegt auch nicht an der Grafikkarte oder irgend sowas, sondern es ist halt wahrscheinlich einfach, das ist halt der einzige Kritikpunkt von den Leuten bis jetzt. Performance ist schlecht. From Software arbeitet dran. So, jetzt gehen wir mal da hindrehen. Da habe ich doch vorher irgendwann, da so ein Gnadendings entdeckt. Da haben wir so ein Gnadendings. Gnadendings! Ich schiebe jetzt das, dass ich da umeinander stirb, schiebe ich nicht auf die Frames, aber es ist halt einfach unangenehm zum Spielen. Leider. Ja, was sagt die Gnade, wo wir hingehen sollen? Da haben wir jetzt eine verlorene Gnade entdeckt, aber was hilft mir das? Ruinen vor dem Tor. Haben wir da ein riesengroßes Tor, wo wir vielleicht aufhören müssen? Ah, ja, in die Burg müssen wir wahrscheinlich rein. Da ist schon wieder so ein fetter Reiter. Warum hatten da immer so fette Reiter? Die sollen wir mal in Ruhe lassen. Und da weiter. Kommen wir erst rundum. Dick. Ein kurzes Ding.
Wir sehen die Ruckler nicht, weil die scheiß Internetverbindung das ausgleicht. Ja gut, das kann natürlich auch sein. Vor allem ist beim Feeling immer ganz was anderes, wenn du selber spielst, als wenn du zuschaust. Und die meiste Zeit ist ja sehr ruckelfrei, aber es ist ja sehr viel Zeit dabei, wo einfach wirklich, da wo ich das Gefühl habe, ich habe Frame Drops, die um die Hälfte runtergingen. So, muss ich mir ein Wölfchen wieder als Gründer, nicht, dass ich irgendeinen Loot habe. So, was gibt's denn jetzt an der schwarzen, großen Kutsche? Da wieder! Vollgas! Also. Das ist schade. Extrem schade. Gibt's Loot, hat's geheißen. Jetzt bin ich aber gespannt. Haben wir da? Den werden wir uns mal gleich mal anschauen. Löst Blutverlust aus, aber ich kann ihn nicht benutzen, weil uns Geschick, glaube ich, da die rote Zahl in der Mitte feit. Nötige Attribute. Attributsklasse, Skalierung, Stärke D, Geschicklichkeit D. Rotkopf! Da noch übersehen. Opa! Der Gegner spawnen alle wieder. Rotkopf, nochmal in den Ruinen da unten ist eine Treppe in den Boden rein, da ist was sehr Wichtiges drin. Spoilert's mir halt nicht, hä? Merci für den Euro, aber spoilert, ich hab keine Ahnung von was für einer Ruine da unten ist eine Treppe in den Boden rein, da ist was hier. Okay, also du meinst die Ruine, wo wir da gerade sind. Lass mich halt einfach durchlaufen, vielleicht hätte ich es gefunden. Schauen wir mal. Merci dir für den Hinweis. Dennoch. Aber beim nächsten Mal schreibst du mir das, wenn ich es nicht finde und lauf gerade davon. Jetzt ist die Frage, ob man... besser hingehört, wie ich mir das vorgestellt habe. Realiensamen. Rohbarfruchtwölfchen, nur für die habe ich das aufgeklappt. Für sonst hier niemanden. Diese scheiß Dinger kannten einmal weh. Oh, da ist was zu bluten. Oh, Limgrave Westen. Kartenfragment gefunden. Natürlich schon. Den Typen da, den stechen wir auf alle Fälle ab, weil der ist wütend. Alter, der ist anders wütend, das gefällt mir gar nicht. Der, wenn jetzt da hergeht und dann dreht er sich um, dann gehen wir hier und stechen ihn ab. Oh Gott, das wird zu lang dauern. Scheiße, das war da. Nein, ich mag nicht schon wieder sterben. Nein, ich mag nicht schon wieder sterben. Nein, 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 nein. Ah. Okay. Ja. Oh shit. Natürlich kommst du doch da durch an, du Arschloch! Scheiße. I'm gonna die! I'm gonna die! I'm gonna die! Ja, was muss denn da jetzt auch der zweite Hurensohn daherkommen? Ja, macht Spaß! Ja. So, nochmal. Rotkopf! Du bist da schon zweimal daneben gestanden, du Blinder. Und das brauchst, das ist essentiell wichtig. Du, solange da so viele Leute umeinander laufen da herum, ist mir scheißegal, wo ich vorbeilaufe oder nicht, weil ein Fehltritt und ich bin tot.
Wir müssen den Typen auf alle Fälle abstehen. Den kriegen wir so nicht. Also den kriegen wir so auch, aber wir sparen uns einen Haufen Zeit. Sag ich dir, was ist. Wie machen wir denn das bloß? Ist die Frage. Wir müssen da drin zuerst alles aufräumen. Was? Haben wir die dabei ein Schwammerl? Du, da haben wir die dabei ein Schwammerl. Tu dich nicht runter. Tu dich nicht runter, bitteschön, dankeschön und... Wunderschön. Wunderzauberhaft. Ja, und dann sticht man. Einfach. Komm, gehen wir. Holen wir Masse. Komm. Warte, Bubi. Bubi, Kim. Warte, Bubi, Kim. Ist schon Ruhe mit dir. Kannst du gleich Healing und Fotzen halten. So. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob der Dicke da mit seinem Riesenspeer, ob der... der Dicke mit dem Riesenspeer. Könnte meinen... Nein, halt's Maul, Birger. Halt dein Maul, Birger! So. Ding ist, wir pullen den halt nicht allein. Wenn wir den nicht allein pullen, haben wir echt ein Problem. Dann haben wir ein massives Problem. Sag ich dir, was es ist. Ja, wenn kommt und sich umdreht, müssen wir sofort hin. Warten! Halt die Ohren! Wir sind wieder ein Drilling. Lenkt's mich nicht ab jetzt. Leckt mich der da. Möchtest mich verarschen? Hat mich der da jetzt gesehen? Oder sich umdreht, gehen wir 4. Da müssen das jetzt. Oh, der stimmt. Was ist denn mit dem? Wolf. Die anderen 5. Kann man sie wieder verstecken? Das ist eigentlich mal die Hauptfrage. Gehen wir mal weg da. Weg da. Komm. Oh, da ist Loot. Spitzen. Ah. Verfolgen einen die forever oder gehen die irgendwann wieder heim? Ich glaube, die gehen wieder irgendwann heim. Aha! Ihr Penner! Oh, isst das uns mal? Schauen wir mir stabil aus, oder? Da sagst du nichts mehr. Gleich mal rüber! Hat's dich schon? Ich hab schon gesehen, der Sprungschlag, stabile Scheiße. Mit denen wirst du halt den fetten Idioten her, weil sie es kurz unterbricht in ihrem Zuhauflow. Das ist auf alle Fälle mal überhaupt nicht schlecht. Ja, wird schon. Wo ist jetzt der geschissene scheiß Wolf? Also, ist der Wolf? So nicht, mein Freund. Oh, da ist der andere. Wie gesehen? Da geht's oben. Bin vorbeigelaufen. Bin gar nicht vorbeigelaufen. Wo kommt der jetzt her? Du Penner! Das war wieder mehr Dudel als verstanden. Brudi! Wann lohnt sich jetzt da meine... Da ist es noch eine. Penner! Wie oft stirbe ich jetzt da unten? Oh, da ist Loot. Schimpft mir das Wölfchen wieder. Das ist nix. Bolzen mal 5. Vielleicht so... Ich hätte da gerne mal irgendeinen Zauber, der mir vielleicht irgendwas hilft, wo man mal jemanden aus der Entfernung umhauen kann. Legel habe ich, ja stimmt. Ich habe andere Waffen gefunden. Wir haben ein Bingo. Schatztruhe. Hinzufügen von Talenten. Mithilfe eines Schleifmessers könnt ihr Kriegsasche an Orten der Gnade benutzen, um euren Waffen neue Talente zu verleihen.
Eine Waffe kann nur ein Talent haben. Alle vorherigen Talente werden hierbei entfernt. Der Typ einer Waffe bestimmt ihre möglichen Talente. Einige Waffen verfügen über einzigartige Talente und können... Ja, ich hab schon gesehen. Glaube ich schon. Live-Messer und... Scheiße, das andere, ich hab jetzt halt überlesen, was das war. Hoppala! Talent draufhauen, klangt das nicht. Ich bin für draufhauen muss gelangen. Ja, aber gut. Herr Ruckkopf, merci für den Hinweis. Muss man halt das nächste Mal besser schauen. Um ganz ehrlich zu sein, das, was mich bis jetzt am meisten stört, ist, dass es wirklich gescheit ruckelt. Und das dauerhaft. Also, oft einmal nicht, da ist richtig butterweich, flüssig, so wie da jetzt gerade. Und bam. Ruckel. Wenn ich da hinten schaue, ist ein einziger Ruckler, wenn ich hin und her schaue. Schade. Sehr schade. Ja gut. Dann haben wir da oben auf alle Fälle noch so eine schwarze Kutschen, da ist mit Sicherheit noch ein Loot drin. Gib mir Loot! Öfter läuft es ohne Stream besser. Glaube ich nicht. Ich glaube nicht, das liegt nicht am Stream. Es ist, die meisten Steam-Reviews und allgemeinen Reviews, die haben alle den gleichen Kritikpunkt. Das Spiel selber ist super awesome und soweit ich es bis jetzt beurteilen kann, ist es auch. Es fühlt sich einfach an wie Dark Souls 4. Es ist genau nach was ich gesucht habe und was ich haben wollte. Mr. Low VR6, ich finde das Spiel jetzt nicht so atemberaubend. Dann, wie soll ich sagen, Dark Souls ist nicht für jedermann, das ist mir auch klar. Aber für mich ist was, ich liebe diese Spiele. Man muss selber gespielt haben, damit man hundertprozentig weiß, warum. Vorher braucht man eigentlich nicht schmerzen. Ganz ruhig voraus. Hätten wir jetzt eine Depassung können. Wem es nicht gefällt, dem gefällt es nicht. Offline-Modus, angeblich besser fürs Ruckeln, Einstellungen. Du meinst wohl eher, es gibt so einen Mod, der schraubt oder macht einen FPS-Lock weg. Nehmen wir das also. Oh, Großschwert der Getreuen. Das werden wir uns gleich mal einverleiben. Der macht den 60 FPS-Lock weg. Und das kann natürlich dann sein, dass dann flüssiger läuft. Das werden wir ausprobieren. Ich habe das heute nicht getan, weil ich mir gedacht habe, der Online-Modus ist irgendwie wichtig. Ist er aber, glaube ich, einfach nicht. So, wen haben wir da? Los. Herr Karl! S. Birger, was geht ab bei dir? Um was geht's denn heute? Bin jetzt erst dazugekommen. Ist das wie Dark Souls? Schönen Gruß von Österreich. Exakt. Es ist quasi Dark Souls 4. Um am einfachsten zu erklären. Gut, Kopfsteff! Die Talente kannst aber nur hernehmen, wenn du die Waffe mit zwei Händen nimmst. Am PC normal Y halten, dann RB und dann der LT-Angriff. Was? Wie nimmt man die gleich wieder mit zwei Händen? Weiß ich nicht mehr. So, was ist? So, was ist? Weiß ich nicht. Das ist jetzt Moossames geworden. Ja. Hey, da, wieder gesehen jetzt. Den Todesruckler, wo ich da jetzt runtergesprungen bin. Bitte. Wie lang machst du heute? Herr Tobias, jeder das? Weiß ich nicht. Andere Waffe. Stimmt, wir haben auch andere Waffen gekriegt. Schauen wir uns das Schwert mal an, ob wir es überhaupt benutzen können. Kriegsasche, Sturmstampfer, verleiht einer Waffe Affinitäten und Talente. Zur Verwendung mit allen Nahkampfwaffen. Sturmstampfer wertig. Ja, werden wir testen. Können wir auch nicht benutzen, wir brauchen 16 Stärke. So, jetzt war es dann eigentlich langsam einmal geil und an der Zeit, wenn man irgendwie aufwerten kann. Was? Der wieder her. Bin ich vorher schon umgebracht. Legt man nicht nochmal ab. YRB. Ah, das ist Imato, merci dir. Naja, dann kommen wir mit zwei Waffen. Kann man da auch blocken? Ja. Okay. Brauche ich nicht, brauche ich nicht. Ich glaube, wir müssen in Richtung des Tores. Und da ist ein Speicherpunkt schon. Naja, gut. Das erste Lager haben wir sauber ausgerottet. So wieder, wie es ist. Ich sage es euch auf alle Fälle auch, wie es ist. Bis zum nächsten Stream werde ich das mit der Offline-Mod einmal probieren. Weil das Geruckel ist schon ganz massiv. Gell? Brauchen wir nicht rundum schmerzen.
Und da müssen wir jetzt auch einmal schnell aufladen. Rasten! Passt schon das Pferdl holen. Mr. Benny, sagst du mich rumreiten? Nö, ich weiß noch gar nicht, wir haben ja noch nicht weit. Tu dich nicht runter. Wir haben alles mit Ruhe und Bedacht erst einmal angeschaut. Wir haben einen Wolfsboss zerdroschen. Der goldene Reiter hat uns ordentlich aufs Maul gegeben. Jetzt gibt es erstmal eine Zwischensequenz. Greetings, traveler from beyond the fog. I am Melina. I Putzauge. offer you an accord. Witzig! Have you heard of the Finger Maidens? Fingerjungfern? They serve Okay. the Two Fingers, offering guidance and aid to the tarnished. But you, I am afraid, are maidenless. I can play the role of maiden, Willst du meine Jungfer sein? turning runes into strength Okay. to aid you in your search for the Elden Ring. Und ich bei ihr leveln quasi, ja? You need only Loch take me anbieten. with you to the foot of the Erd Tree. Schaut so fast so aus, als da die bei ihr leveln können. Then it's settled. Summon me by Ruft mich im grace Namen der Gnade. to turn runes Stärke. into strength. Hätten wir auch gerade 3400. Ah, another matter. I bequeath to you this ring. Oh, ein Ring. Hagelberger Sepp, ich lese gleich. Spektralrostpfeife, das heißt, wir haben jetzt unser Pferdteil gekriegt. Da bin ich jetzt Use gespannt. it to traverse great Das ist distances. auf alle Fälle eine neue Mechanik, die hat es noch nie It will in summon der a Form in einem spectral Souls-Game steed. gegeben. Er ruft einen named Spektral Torrent. namens Bomb. Torrent has chosen you. Hört euch aus. Dann zeig Treat uns, him was with Eile heißt. respect. Zeitvertreibend, Stufenaufstieg, finally! Flasks, Zauberlernen, Truhe sortieren, Kriegsasche. Zeitvertreib, machen wir einen Shall I Stufenaufstieg. turn your Soll ich eure runes Runen in to Stärke strength? verwandeln? Ja, bitteschön, Let jetzt my gehen wir mal hand leveln. rest upon you. For but a moment, share them with me. Anteil mich zu halten, Jackie. Your Über das thoughts, Stufenaufstiegsmenü könnt ihr Runen Your ausgeben, um eure Attribute zu verbessern. the So, und da kommt jetzt, principles you would follow. wenn sie im Start war, würde ich gerne was erzählen. So. Mit jedem verbesseren Attribut erhöht sich eure Stufe um 1. Mit zunehmender Stufe steigt allerdings auch die Anzahl der Runen, die ihr für eure nächste Attributssteigerung benötigt. Und das ist jetzt eine von den wichtigsten Mechaniken in Ui. Mit jedem gekillten Gegner, das haben wir schon mittlerweile mitgekriegt, sammelt man rechts unten diese Runen. Mit den Runen steigst du ein Level auf und kriegst dann Punkte zum Verteilen in deine Attribute. Kraft, Geist, Kondition, Stärke und so weiter. Und kannst dann erst bestimmte Waffen benutzen, dein Schaden skaliert damit, mit bestimmten Attribute und so weiter und so weiter und so weiter. So, Jorau, jetzt bist du dran. Der Hackelberger Sepp ebenfalls. Hackelberger Sepp, Talente kannst auch mit dem Magie-Item, was du statt deinem Schild ausrüsten kannst, machen und du hast einen Zauber, der deine Steps lautlos macht. Super zum Hinterrücks-Absteher. Das ist richtig, aber bis jetzt habe ich so das Gefühl, dass das Hinterrücks-Absteher eigentlich auch ohne ziemlich gut funktioniert. Außer ich gehe halt schräg von hinten hin wie ein Vollidiot, dann senkt. Da bin ich aber dann selber schuld. Hey Jorau, Bürgerring. Normalerweise möchte ich dir auch nichts sagen, aber da muss ich dir sagen, mach mal am besten eine Schnellreise dann zu der Kirche zurück, wo der Weihnachtsmann war. Da kannst du was Schönes noch bekommen. War früher oder später sowieso der Plan gewesen. Ich wollte jetzt bloß endlich einmal zum Aufwerten kommen und dann schauen wir weiter. So, was mich jetzt noch interessieren würde, ist, bevor ich jetzt... Leute, chillt einmal. Schau mir bitte mal jetzt die Donau. Leute, ich möchte Speien und nicht Donos lesen. Wo ist der letzte Dono? Bürger, hau die leuchtenden Schädel zusammen, wenn du welche siehst. Okay. Ich weiß nicht, welche das du meinst. Ich glaube, ich habe vorher aufgeklappt. Merci dir. So, Ruhe jetzt. Sagt mir lieber mal, was der Unterschied zwischen Kraft und Stärke ist. Was ist Kraft? Ah ja, dann wird da oben Basiswerte LP werden dann her. Da steckt man auf alle Fälle vorhandene Runen. 3446 Runen benötigt, 829. Wie läuft jetzt das?
Pro Punkt brauche ich da, also, ja, ich verstehe schon. Pro Punkt brauchen wir so. Dann haben wir Geist. Der Geist erhöht quasi unser Mana. Kondition erhöht unsere Ausdauer. Das ist, wenn wir blocken und zuhauen und so, ist auch nicht ganz unwichtig. Stärke. Stärke erhöht unseren Schaden, genauso wie Geschick. Da ist die Frage, auf was dass wir gängen. Ich bin da immer eher für Stärke anstatt für Geschick. Weisheit. Was macht Weisheit? Weiß ich nicht. Was macht denn Weisheit? Für was ist denn Weisheit? Auf der Vorhaut klebt der Alchpass Pam Pam und der stinkt bis auf Pam. Ja. Stärke auf 16. Ich möchte bloß, dass ich die anderen Waffen nehme. Das ist wahrscheinlich ein Zweihänder und die mag ich nicht. Kraft ist Vitalität. Müsste der MRC wenigstens einer, der mir zuhört. Ich nehme auf alle Fälle mal 2 Punkt Kraft und 1 Punkt Stärke. Nehmen wir mal 1 Punkt Kraft und 2 Punkt Stärke. Stärke kriegen wir sowieso nicht instant auf 16, das heißt, die Waffen müssen noch ein bisschen warten. Und mehr können wir eigentlich eh schon nicht dran. Bestätigen. Jawohl. Und Runen ballert man einfach immer aussehen und fertig. So, jetzt können wir mal noch schnell schauen. Nachtruhe sortieren, Kriegsasche verlassen. Gehen wir mal schnell ins Inventar rein. Ich glaube nämlich, wir haben benutzt die Spektralrostpfeife, um euer Spektralrost herbeizurufen und zu reiten. Ihr könnt das Spektralrost nach einem Tod erneut rufen, das verbraucht jedoch eine Flasche mit Purpurtränen. Was? Hoch zu Rost drückt ihr entweder L oder benutzt die Spektralrostpfeife erneut, um abzusteigen. Was, das kostet was? Y. Okay. 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 Jetzt chillen wir deine Knie. Glühstein leuchtet schwach, wenn man ihn aufstellt. Das probiere ich jetzt einfach mal kurz. Okay. Der super tolle Leuchtschein. Was macht er? Er leuchtet. Alles klar. Inventar. Goldene Rune 1. Benutzt diese, um eine kleine Anzahl Runen zu erhalten. Ja, die haben wir. Die haben wir uns Vollgas rein. Hauen wir uns die. Und levelt man noch ein Level auf. Das ist der dieser. Aber. Wo ist denn jetzt sie? Nein, die sie ist quasi in den Dinger da ja drin, oder? Da. Her da. So, mit sie. Stufenaufstieg. Zuerst noch einen Stärke. Bestätigen. Ich habe ein paar Level gemacht, schaut überhaupt nicht. Das jetzt ich einfach mal sagen. Ab ins Inventar. Siehst du? Über Ort der. Ach, das ist Tutorial-Zeug. Okay. Rüstungsteile und Waffen. Können wir halt immer noch nicht hernehmen. Brauchen wir 16 Stärke. Wir haben aber noch so drum. Karte der westlichen Region von Limgrave. Also, und kann man mit dem dann auch irgendwas tun? Kann Waffen, neue Kampfkünste und Affinitäten fördern. Okay. Status, Nachrichten, der Spielersystem, Ausrüstung. Treffen wir gerade alles nicht weiter. Den hauen wir uns auch rein. Leute, was ist, den hauen wir uns auch rein. Vielleicht kriegen wir die Stärke zusammen. Schauen wir uns die anderen Waffen einmal an. Wie viel haben wir jetzt da gekriegt? Ah, nicht genug wahrscheinlich. Da haben wir nicht genug Sachen gekriegt. Rotkopf! Noch ein Tipp, leg das Pferdl auf das Menü auf Y, sonst tust du es im Kampf alle her, wenn du es im Normalen hast und Kondition leveln, da geht Ausrüstungslotz auch mit auf. Kein Wort verstanden, was du sagen möchtest. Merci für den Euro. Neue Karte gefunden. Limgrave Westen. Dort zeigt es quasi hin, wo wir grob hin müssen. Aber es gibt da so viele Sachen zum Entdecken, wo wir noch nicht waren. Da unten waren wir noch nicht. Das sind vielleicht so Sachen, ich komme mir vor, wir werden das Spiel nicht im Stream durchspielen. Ja, das wird einfach nicht passieren, weil das ein 50-Stunden-Koloss ist. Offstream werde ich mir auf alle Fälle diese Eckerl und so weiter anschauen. Und da umeinander looten und entdecken. Und im Stream werden wir schauen, dass wir mir der Hauptquest, sofern das wahr ist, wo diese Zeiger-Hits nachgängen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das da herum der erste Art Dungeon ist, mit dem ersten Boss vielleicht sogar, mit dem ersten richtigen Boss. Und, jo. So. Ich darf jetzt gerne das scheiß Pferdl anlegen. Wo Pferdl wo? Da. Wie tut man das? Nutzen? Na, wie legt man das auf so einen Slot? Wie legt man jetzt das auf so einen Slot? Auswahl zurück. Auswahl wegwerfen. Auswahl zurück.
So wird's da. Nutzen. Sag's mal lieber, wie ich das Teil anleg. Also wohl wegwerfen. Das wirf ich mit Sicherheit nicht weg. Weiß ja, des Tages ist das Pferdl, weil es auf der Erde läuft. War jetzt eine Luft, wo war jetzt ein Pfluftl? Im Punkt Ausrüstung. Ah? Das ist der Mechatronics. Nur das Ausrüstung, könnt ihr Waffen, Pfeile, Bolzen und so. Ah. Wo haben da diese Slots, von denen 4 Slots, was? Da unten, ne? Tippitoppi. Exactly so werden wir das machen. Oh, da kann man sogar kämpfen. Ah, jetzt kommt der Reiter Sepp noch wieder herkommen. Du Penner! Den kriegen wir nur aufs Maul. Ah, jetzt kämpfen wir mal gegen den da. Ah! Was ist mit denen? Oh ja, ich komm überhaupt nicht klar. Easy, Alter. Easy! Ah! Jetzt weißt du mal, wie es mir geht. Alles klar, Ruhe, du Penner! Ja, Treffer ist noch nicht so einfach. Ah, fokussiert die Fledermaus. So nicht. Oh ja, das Pferdl ist voll OP! Pferdl ist voll OP! Pferdchen, ein Doppelsprung? Pferdchen, ein Doppelsprung! Und schaut von vorne aus ein bisschen wie eine Kuh. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es ein Pferdl oder eine Kuh ist. Ich glaube, es ist ein Pfuh. So! Komischer Rittersepp! Jetzt hat's die! Geil! Höhle des Wissens, wo ist denn die Kirche? Zu diesem Ort reisen Kirche von Elefort fahren. Das ist ja geil. Man kann das einfach so von überall. Ja, man muss da an so einem... This way, Tarnished. May I have a word? Nein, mit dir schmerzt ich gleich. Ich mag zuerst zum Nikolaus. Wo ist der Nikolaus? Nikolausi? Mit dir ist der tot. Nikolausi, bist du eingeschlafen? Nikolaus ist eingeschlafen. Müssen wir vielleicht doch zuerst mit dir schmerzen. Vielleicht müssen wir aber auch warten, bis Tag ist. Oh, da hab ich ein bisschen Zelda Majora's Mask Flashbacks. A pleasure to meet thee, Tarnished. I am the witch Renna. I'd heard tell of a Tarnished hurtling about atop a spectral steed, and upon looking into the matter, the talk I surmise is of thee. Thou art possessed of a power, no, to call forth a spectral steed named Torrent. Ich weiß nicht, wer da anstrengend ist, wenn ich alle 2 Minuten gesagt kriege, was ich tue. Lasst's mir einfach. Hat sie einen Speicher und habt so... Lasst's mir das Zeug selber auszufinden, Leute. Ich bin anstrengend, ich glaube, dass ich gleich einen Vogel kriege. Ich kann das Spektral rausrufen, ich kann das Spektral nicht rufen. Ich kann es rufen. As I had hoped, I was entrusted this for thee by Torrent's former master. Geisterrufende Glocke? Asche der einsamen Wölfe. Oh. 'Tis a bell calling forth spirits. Summon them with it. From ash and return to the Erdtree, the spirits will obey thine command but briefly, as they recall battles past. Now it is thine, to do with as thou wishest. Mit der Glocke eines Geisterrufes könnt ihr mit Asche verschiedene Geister herbeirufen. Das Herbeirufen verbraucht gewöhnlich FP. Ihr könnt immer nur einen Geistertyp auf einmal herbeirufen. In Mehrspielerpartien könnt ihr keine Geister herbeirufen. Ja gut, das war ein bisschen OP. So, die Frage ist jetzt, wie man das Zeug genau benutzt. Das werden wir uns jetzt Tarnished. Was ist schon wieder? I doubt we shall again meet. Was nicht?
But all the same, learn well the lands Du hast ja between. 4 Arme, das ist immer die How long will it be, I wonder, Hauptfrage. before the tarnished tire of obeisance to the 2 fingers? Das Ding. So ein Fist. Da kommen wir auf. Okay. Wait, Okay. weren't you? Well, you're back. Schauen wir einmal. Verkaufen, was wir auf alle Fälle verkaufen gehen, die komischen glierten Steine da. Die braucht keine Sau nicht. Kaufen. Weg mit dem Schund. So schaut's aus. Kaufen. Was hat er uns empfohlen? Auf alle Fälle der Werkzeugsatz. Und sie kaufen jetzt auf alle Fälle einmal. Der 300 Runden. Kaufen! So, was kriegen wir da? Notholz. Ich meine, da gibt es einiges. Großer Lederschild. Wir haben eigentlich ein Schild. Backel. Nicht so stark. Handbuch des nomadischen Kriegers. Erweitert das Handwerksrepertoire. Ah ja. Okay, was haben wir da? Notiz. Flasche der wundersamen Arznei. Notiz. Runen eines Wegpunks. Ich weiß nicht, was das für ein Zeug da ist, aber probieren wir es halt einfach mal aus. Weil ich darf mich jetzt erst einmal interessieren. I'm glad you took my warning to heart. You've made an excellent choice. So, und an dem Ding kann man, um bestimmte Objekte herzustellen, braucht ihr gesprungene Töpfe oder andere Behälter. Ihr könnt nicht mehr dieser Objekte herstellen, als euch Behälter zur Verfügung stehen. Diese Behälter werden bei Benutzung verbraucht, aber die Behälter bleiben. Toni? Ein Stuben. Mit dem Kriegsaschenmittel könnt ihr Kriegsasche an Orten der Gnade benutzen, um euren Waffen neue Talente und Affinitäten zu. Eine Waffe kann nur ein Talent haben, das haben wir schon ein paar Mal gelesen. Alle vorherigen Talente gehen hierbei verloren. Das Hinzufügen einer Affinität, werden die Materialien, wir haben doch da so einen kleinen Dolch gekriegt, geht der dann kaputt und ist weg. Man muss jetzt wieder einen finden, weil sonst probiere ich das jetzt einfach mehr aus. Das Hinzufügen einer Affinität kann die Angriffsaffinität der Waffe ändern, ihre Attributskalierung verstärken und vieles mehr. Nicht unwichtig. Der Typ einer Waffe bestimmt ihre möglichen Talente und Affinitäten. Einige Waffen können durch Kriegsasche kein... Okay. Ja, dann nehmen wir doch einfach mal das Breitschwert und geben wir ja mal einen Sturmstampfer, weil was anderes haben wir ja noch nicht. Also quasi eine Fähigkeit drauf zaubern. Denke ich das richtig. Das heißt... FP-Kosten, körperlich, bla bla bla. Stärke, Geschick skaliert dann schlechter offensichtlich und so weiter. Wie viele Menüs und Features kommen dann noch? Ich fürchte... was heißt... Fertiges Breitschwert? Breitschwert. Die Frage, was genau verbrauche ich da? Verbrauche ich da irgendwas, was ich nicht verbrauchen möchte? Irgendwelche Materialien? Ich habe keine Ahnung. Standard. Ich habe jetzt dann... Echte Angriffskraft körperlich 17 plus 16 und danach ist dann 100 plus 20. Stärke skaliert wieder mit Klasse D und Geschick skaliert nicht mehr mit E, sondern mit D. Theoretisch haben wir doch dann weniger Schaden wie vorher. Lassen wir es einmal auf Standard, da die vorschlagen. So. Jetzt. Rüttel kann noch nix. Taschen, aber haben wir auch nichts Besseres. So. Genau, kann das jetzt? Beide Hände muss ich es nehmen, hat es geheißen. Dann. Und dann. Das kostet mir Mana. Geht dann auf LT quasi. Geht das auch, wenn ich ein Schüttel in der Hand habe? Weil, so unfassbar begeistert bin ich da jetzt nicht. Ich mag eigentlich schon mein Schädel da haben. Und da nicht über hin und her wechseln. Naja gut, aber das kann man sich auch gewohnen. Kann man sich auch gewohnen, werden sie sich einen nicht oben. Ja, okay, interesting. Und was kann man jetzt da sonst noch so herstellen? Mit der Objektherstellung.
Über das Objektherstellungsmenü könnt ihr verschiedene Objekte aus gefundenen Materialien herstellen. Wie ihr noch andere Objekte herstellt, lernt ihr aus gefundenen Rezepten. Da hat er ein paar zum Verkaufen gehabt, gell? Feuertopf. Das ist wahrscheinlich, das sind die Feuerbomben aus Dark Souls, die kenne ich schon noch. Feuertopf mit Kordel, die kann man dann wahrscheinlich schmeißen. Dann haben wir da Knochenwurfpfeil. Dünne Bestienknochen, finde ich mal, kann man die jetzt einfach herstellen. Dünne Bestienknochen, 2 von 3, Inventar im Lager, bla bla bla. Oh mein Gott. Was darf man sonst mit den Knochen? Was darf man sonst mit den Knochen? Mich jetzt noch interessieren, das ist Ausrüstung. Da haben wir jetzt so komische Bolzen. Ich glaube, die brauchen wir da nicht. Das ist einmal, was ist das? Talisman. Talisman, Flammendrachen. Hätten wir vielleicht auch mal equippen sollen. Gewicht erhöht die Resistenz gegen Feuerschaden. Ist aber nichts. Hat die haben wir jetzt nicht. Ausprobieren. Wurfobjekte. Tu die schon auch überhaupt nicht. Tu die nicht rein. Da kann man da einmal. Hey! Droppen die? Dünne Bestienknochen. Okay. Naja, gut. So, jetzt glaube ich, habe ich auch gerade instant verstanden, was der Dings gemeint hat. Pass auf, jetzt gehen wir mal in der Ausrüstung. Da der wir das Viertel-Ding. Der wir da mal wieder aus. Asche der einsamen Wölfe. Ruft 3 einsame Wolfsgeister her. Die kann man auch brauchen. Kommt doch irgendetwas, ich hör's doch genau. Da kommt der goldene Ritter schon wieder weg von mir. Also das meine ist, das Spiel nicht. Du, ich sag das wie es ist, 70% von da herin kennen mit dem Spiel nichts anfangen. War auch genau der Grund, warum wir damals Sekiro nicht weiter gestreamt haben und ich bin auch unschlüssig, ob wir mir das Spiel weiter streamen werden. Zumindest auf Dauer und wenn dann nur in so Wochenend-Streams und so weiter. Ja, das muss man mengen, das muss man selber gespielt haben. Ansonsten glaube ich, ist beim reinen Zuschauen sehr, sehr, sehr schwierig nachzuvollziehen, was Souls Games ausmacht und überhaupt und sowieso. So, nochmal von vorn. Wie lege ich das Scheißding da ab? Entfernen. Ja, genau. Entfernen, entfernen. Ja, mal mit dem das probieren. Mal schnell aus, was das kann. Wieso kann ich das zum Beispiel jetzt nicht hernehmen? Gehen wir nochmal zurück aus, gehen wir nochmal rasten. Rasten! Wieder da, Besuch vom Spätelcode. Du sollst später. Gehen wir mal bis zum Morgen, Zeit vertreiben. Wieso kann ich jetzt diese Wolfsdinger nicht hernehmen? Kann man das etwa sagen? Braucht man da Materialien dafür? Du brauchst auch die Pfeife dazu, oder? Habe ich noch nicht so ganz umrissen, um ehrlich zu sein. Hoppla, nein, weg damit, weg damit, weg damit. Aus der Bude raus? So geht das da herin nicht. Ja gut, das will ich nicht. Brauche ich da einen Zauberstab dazu? Du wenig Max FP. Ja gut, das kann natürlich auch sein. Warte mal. Invent. FP kosten 55. Wie viel FP haben wir? Nein, wir haben 77. Das kann es auch nicht sein. Die kosten nur spawnen, wenn links am Bildschirm ein Torbogen aufleicht. Und wann leicht so ein Torbogen auf? Wann genau leicht so ein Torbogen auf? Wenn's genug Mana hast. Bei bestimmte Bosse. Ja, verstehe. Wie ist schon wieder eingeschränkt in der Mitte. Wir kommen die Viecher allerdings auch, wenn das so 3 so Wölfe sind, die für mich kämpfen, dann kommen mir die schon wieder ein bisschen OP vor, muss ich sagen. Das Game erinnert mich irgendwie an Skyrim und Guild Wars. Ja, vom Setting her, warum nicht, aber es ist halt einfach bockschwer. Das glaube ich, habt ihr jetzt gerade schon ein paar Mal selber gesehen. An bestimmten Orten. Die kannst du nur im Kampf hernehmen. Ja, okay. Ja, aber lass uns einmal drin. Da, was mich jetzt aber trotzdem interessieren, das ist. Da! Beutel!
Wie equipe ich da was in den Beutel rein? Das würde mich interessieren. Da würde ich gerne das Pferd rein tun. Umschalten. Ah. Ah. Haben wir es schon. Okay. Ja gut. Weiter im Text. Weiter im Text. Aufbeamen. Los geht's. Wir laufen auf alle Fälle der Hauptquest hinterher ein bisschen. Also ich find's klasse, ich habe auch schon 20 Stunden und liebe es. Oh, da hast du aber, ist so lange überhaupt schon raus, das Spiel. So, jetzt schauen wir mal. Schauen wir mal da auf, was da oben los ist. Oh, da geht's ganz schön zu. An 3 böse Ritter. Ja, da waren's. Ja, da waren's. Ja, da waren's. Ja, da war. Ah! Was jetzt schon? Alter, ich hab mich versteckt. Alter, wer ist denn da schon wieder so würdig? What? Ah! 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 Nee! Ah, was ist der? Oh, Alter! Ah! Hör auf! Du Penner! Mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, was du. Warum? Einfach nur. Also, ernsthaft, einfach nur warum? Ah! Ich sterbe wieder, jetzt sterben wir wieder! Was soll ich machen? Oh mein Gott. Ja. Ab, du Fettsack! Fetter. Popo! Au! Oh Gott, der hat eine Waffe! Oh mein Gott, der hat ein Schwert auch noch! Ah! Jetzt kommt er... Oh Gott, jetzt kommt so ein kleiner Hurensohn auch noch. Ja, genau, schlag ihn. Okay. We're gonna die. Okay. Dankeschön. Okay. Bye. Nochmal keine Estus mehr, das wird ein bisschen schwierig wahrscheinlich. Au! Jetzt hab ich noch mal gemeint, was passiert, ne? Ja, einen Hit hält man noch aus, dann ist es wieder gut. Aha. Hätten wir da jetzt 12 rufen können? Ja, das machen wir jetzt schon nochmal. Machen wir nochmal. Machen wir das dort, Gnade. Den kriegen wir schon. Stress dich mir nicht. Stress dich mir nicht, den kriegen wir schon. Stress dich nicht, das kriegen wir schon. Ah ja, da steht ja, da kann ich es holen. Ja, okay. Chill. Wollen wir den Dicken da? Da steht da oben. Den hätten wir auch sehen können, du fetter Trottel. Hopp, runter mit dir. Ausweichen. Komm. Hopp. Außer mit dir, da drin kämpfe ich nicht mit dir, du Trottel. Hopp. Wer ist der Bubi? Wo ist er? Komm her. Ah, die schießen da immer noch raus. Außer mit dir jetzt, Kim. Ja, was ist denn jetzt? Au! Okay, bye. Okay, bye. Kann man noch mit dem Viertel auch was reißen? Ja gut, werden wir sehen. Nur Geduld.
im Popo. Ah! Oh, das macht er wirklich schnell. Ne? Estus. Und dann holen wir mal die Wölfe und schauen wir, was die können. Oh Gott, das dauert lang. Oh Gott, das dauert lang. Was? Nein. Ah, jetzt ist er wieder da. Die Wölfe sind so stark. Die Wölfe sind unendlich stark. Au! Steig mir nicht über ins Gesicht, du fetter Trottel! So, einen Estus haben wir noch. Oh oh. Au! Nicht mehr. Ja, ist gut! Die Wölfe lenken sauber ab, für das sind wahrscheinlich auch gedacht. So, jetzt ist bloß die Frage, wir haben alle unsere Estus verbraucht und wenn ich mich jetzt da wieder auflade, zählt er wenigstens als so dicker, kann man nicht sagen, als Bösschen, dass er nicht wieder aufsteht, wenn ich mich jetzt da regeneriere. Das war eigentlich schon ganz geil. Da ich zumindest sagen. Was ist mit denen da? Oh, ja. Denken wir gleich wieder die Penne. Denken wir gleich wieder. Okay. Oh, da ist Luke. Schimpft bis Wölfchen wieder. Das ist Wölfchen. Da ist uns Wissen. Ah. Klumpen Fleisch. Ordnung. Weg. Aua. Oh, was bist du für eine? Ja, ich seh euch schon, ihr Penner, ich hab nimmer Fei, ich weiß schon. Was soll ich machen? Ich komm da nicht raus! Nimm mir das Ding weg. Lauf. Jemand noch mehr böse Leute? Ja, wahrscheinlich schon. Oh. Auf wieder. Ja. Stecke. So, wir können jetzt, okay, haben wir mir irgendwas, was uns vielleicht der Stiegel heilen kann, ich weiß nicht. Was haben wir da jetzt? Ein Schmetterling. Ein wunderschöner Schmetterling, den nehmen wir mit. So, Wölfe können wir da nicht mehr hernehmen, die haben wir wahrscheinlich schon einmal im Einsatz gehabt. Die Frage ist, ob wir uns jetzt da aufschleichen können. Kann ich mir mit. Herbar ist, aber ich schleiche mit so down auf. Können ich glaube es eher nicht. Wann werden wir den Typen? Schießen die da unten noch? Schießen immer noch auf uns, oder? Da werden wir jetzt nicht aufpassen, nehmen wir hin. Oh Gott, die kommen. Kommen die? Na gut, dann der Schlang. Probieren wir das mit der Schlang und sehen wir schon, ob der Fette noch da ist oder nicht. Werden wir sehen. Ah! Nee, tut Pfeifer! Pfeifer ist mit Sicherheit schlecht. Das hab ich mir gedacht, oder? Ah, das hab ich mir genau gedacht. Die Arschläger, wieso pfeifen der? Nicht Pfeifer! Ah, Tippkante. 25. Jetzt bin ich gespannt, ob der Fette noch mit da ist. Weil wenn der Fette noch mit da ist, dann haben wir echt ein Problem. Visionen hiervon. Riese. Ja, that's the game, Alter. Was soll jetzt der Song dazu? Was haben wir denn? Was haben wir Pferdl, Alter?
mein Name, Sturmwünsep, los geht's. Ja, frontal. Ja, das ist not how it works, Alter. Okay. Okay. Ja. Kann man da was aufklauen, wenn man vorbei rennt? Ja. Ah! Wie? Na! Oh, das wollte ich nicht. Ja, Wolfi, du regelst das. Wolfi, du regelst das. Ciao. Goldene Saat, oder? Easy. Oh, da kommen sie alle her. Was ist denn dein Scheißproblem? Bist du wieder? Nein, Fremdteil so nicht. So nicht! So aber auch nicht. Das Viertel ist gescheit stark. Au! Hey, das da... Den habe ich aber nicht gekommen sehen, gell? Viertel ist gescheit stark. Viertel ist High Ground, du hast recht springen. Godric Soldatenstulpen. Nice Equip, Alter. Was mich schon wieder ein bisschen nervt ist, dass ich mit dem, wenn ich das auf die andere Tastenkombination lege mit dem Viertel, dann kann ich unter dem Kampf nicht aufsteigen. Das nervt mich. Nachricht lesen. Kein Befleckter voraus. Ich weiß nicht, was ich mal sagen möchte. Ja, gut. Aber wie gesagt, man muss ja mit Gewalt nicht jeden Gegner dort zusammenprügeln. Man kann ja offensichtlich auch einfach daneben umeinander reiten. Oh, da schaut es aus, als würde es was geben, da wo der Fette umgestanden ist. Da schauen wir hin. Kennen die Baum was? Preiset, großer Baum! mir praised my only the sun. Kann man vom Viertel aus Sachen sammeln? Oh, Mann. Schauen wir mal, wo der Fette da umgestanden ist. Wo ist der? Na, verzeih schon hin. Haben wir noch? Ruinenfragment. In den Ruinenfragmente weiß ich nicht, aber wir sammeln es. Das Schiff bis Wölfchen wieder. Wölfchen aus, Pfui bäh. Und dein Mo sagt wieder, ich bin anstrengend. Ah, bloß weil ich kann Sachen nicht sammeln. So, vielleicht kann man... Oh, da habe ich was gefunden. Ah, was gefunden. Was gefunden. Oh, da kann man natürlich auch drauf gehen. Bin unschlüssig. Guck mal, das ist das da. Ich sehe es genau, da liegt der Tote. Hab's genau gesehen. Komm mit mir. Hopp. Ah. Goldene Rune! Bitch! So, wir kommen jetzt da jemals wieder auf? Wahrscheinlich gar nicht. Aber da doch kommen. Haha! Lol. Nice one! Alter. So, die paar Wolf da, die schlagen wir auch am Viertel. Das Viertel ist ein Voll-OP. Möchten der Wolf? Da! Kannst du mir überhaupt nichts, Alter. Hier, Klappspaten. Nein, wieso springen wir da? Wieso springen wir da? Wie oben bin ich da? Versteht's nicht. Hau ab! Arschlochvieh. Zeig mir es mal aufklauen. Wieso springt dann auf der linken Tastenalbe ober? Das werden wir jetzt mal schnell ausprobieren. Da so. 2. Okay. Ja. Wieso ist jetzt vorher da oben gesprungen? Ich habe nichts anderes tun. Fällt mir zumindest ein. Bin unschlüssig, aber ich glaube, ich mag nicht wissen, was das ist. Linker Stick ist runter. Tatsächlich. Dann passiert mir das beim Umeinanderreiten, dass ich aus Versehen einmal auf den Stick drauf drücke. Das passiert mir oft, das ist mir bei God of War auch passiert. Wie gesagt, ich bin nicht so der Controller-Mensch. Aber, oh, da steht tatsächlich nur ein Wolf. Toll, bei dir ist es super. Die, Potato! Aaron! Das Zwei-Horn taugt was. Ah, da habe ich kurz gebraucht, was du meinst. Was haben wir? Ja, Rotkopf. Die Torbögen
kämen meist nur in der Nähe von so Statuen auf, wo es wieder belebt werden kann. Die Torbögen kämen meist nur in der Nähe von so Statuen. Ach, du meinst die zum Wölfe beschworen? Ja, verstehe schon. Ja, wo halt der nächste schwere Kampf stattfindet wahrscheinlich. Gehe ich schwer davon aus. Die Frage ist jetzt, wo es weitergeht. Ja, was ist denn das? Egal, kill it with fire! Was war denn das wieder? Was war denn das wieder? Was kein Mensch, aber da gibt es einen Haufen Lutsche hin. Kann ich mir den Loot da hin? Kann ich mir den jetzt mit dem Pferdl nicht holen? Was ist jetzt passiert? Was ist passiert? Gehen wir mal rüber. Da haben wir eine goldene Rune, da gibt es einen Haufen Zeug schon. Da gibt es einen Haufen Zeug. Rune. Ich habe schon gesehen, ich werde morgen sehr lang. Schlung mir einfach, bevor sie sich rühren kann. Weil immer das für ein Viech sein soll. Irgendwelche. Oder auf alle Fälle ein Haufen Loot gibt es da. Goldene Rune, da können wir sauber leveln. Leveln ist gut. Ein bisschen mehr Leben, ein bisschen mehr Damage. Und irgendein geiles Einhandschwert wäre mir noch cool. Bei dir auf alle Fälle feiern. Oh, Au. Aber wenigstens wissen wir jetzt, was das Viech kann. Arschlochvieh. Hey, das hat ein Geist erschossen schon. Den wir über Estus nehmen. Weg! Okay, das reißt schnell. Das explodiert schnell. Hab ich schon gesehen. Das tankt mir weg. Der wir uns leichter, geht schnell. Da gibt es da noch irgendwo Loot. Wirklich, gell? Na gut. Wollen wir alles ausräumen? Passt, weiter geht's. Und irgendwo muss ja da das nächste. Wo ist der Fette? Irgendein fetter Brüll. Ich hab ihn genau gehört. Thomas Laff! Bitchy Birger, du geile Sau. Sag ich, merci Thomas Laff, du geile Sau. Explosive Raupi. Es ist sehr effektiv. Thomas Laff, merci dir. Bussi aufs Nussi. So, da haben mehrere so Raupenseppen. Aber die komischen Raupen, die so da hingucken, die explodieren offensichtlich nicht. Schauen wir mal auf Karten, wo wir haben. Ja, wir müssen schon grob in diese Richtung da auffahren. Und ich glaube, da fängt dann so die Burg an und es riecht so ein bisschen nach dem ersten Dungeon. Und da bewegen wir uns jetzt mal hin. Spätestens überhaupt. 3 Level. Grütze, fix. Haben wir noch nichts zerrissen. Das ist ein Wahnsinn. Auf alle Fälle Memo an uns. Das Pferdl ist saukrass. Das Pferdl ist stark. Das kann man auf alle Fälle brauchen. Oh, auf Reis kann man sogar noch ein bisschen schneller. Was haben wir da? Haben wir da. Oh, da ist der Nikolaus hier drin. Da kann man mit Sicherheit speichern. Also, speichern ist gut gesagt. Muss ich da absteigen? Wahrscheinlich schon. Ah, haben wir Zwischenspeichern Schotten. Das Game frisst so viel scheiß Zeit, unglaublich. Wisst ihr, Sie meinte, ja, wir haben noch. Mir steht jetzt schon alle Haare auf, dass ich so viel auslose. Aber das hole ich dann für mich offstream nach und komme ein bisschen mehr ins Spiel ein, hoffe ich, und so weiter. So, Stufenaufstieg. Wir brauchen 1400 Runen pro Stufenaufstieg, 2700 haben wir. Das heißt, für 2 Level brauchen wir ungefähr noch 500 dazu, würde ich sagen. Das heißt für mich, gehen wir in die Ausrüstung. Wir haben einen Haufen so Dinge da gefunden. Auswahl nutzen. Dann nehmen wir alle 4. Wie viel kriegen wir da? 800, das heißt 200 pro Stück. Hoppala, falscher Knopf. So, jetzt haben wir mal Stärke ein und ein bisschen Leben. Mehr brauchen wir noch nicht. So richtige Zaubersprüche, so richtig gute haben wir noch nicht gefunden. Jetzt machen wir mal Stärke ein. Und Kraft ist Lebenspunkte. Ja, das werden wir mal bestätigen. Jawohl, dann haben wir noch 400 Runen übrig. Das passt. Flaschen verstärken. Menge der Flaschen mit aufgegebenen heiligen Träne erhöhen. Heilige Träne nicht im Unteil.
Anzahl der Flaschen zu einer goldenen Saat. Eine Ladung der Flasche mit Purpurtränen wurde hinzugefügt. Wo haben wir die her? Haben wir jetzt? Warte mal. Flaschenauffüllung. Jetzt haben wir 6. Wo haben wir die her? Du hast deinen Heilzauber vergessen, oder? Wo haben wir das goldene Ding her? Wo haben wir das gekriegt? Oh, ich habe ja das schon einmal aufgelevelt. Von 4 Stück auf 5. Und jetzt von 5 auf 6. Die hast vorhin beim goldenen Baum aufgesammelt. Gerade am Baum gefunden. Bin ich behindert, Alter? Muss ich mir jetzt meinen eigenen Stream nochmal anschauen, wo wir die jetzt hier haben? An was für einem goldenen Baum? An dem kleinen Stecker da unten, oder was? What? Was? Überreste plündern. Ah, Steinschwertschlüssel. Bei dem leuchtenden Baum, da findet man manchmal die. Das heißt, bei denen Astal da dort, oder was? Ich hab mich halt nicht mehr daran erinnert, wie das Teil genau heißt und für was das genau da ist. Da oder drüber ein bisschen. Ich kenne halt bloß Estus. Estus passt, nicht mehr. An dem da unten. Gehen wir noch mal runter. Da kannst du jetzt auch das neue Schwert nehmen. Gott, was haben wir jetzt da? Okay, dann müssen wir zuhören. Oder macht man mehr Schaden am Pferdalon, hä? Sollen wir mal den ersten Boss noch mal probieren da? Den goldenen Reitersepp. An dem Ding da haben wir das gefunden. Da habe ich gelesen. Reiset, Saatgut. Ah, deswegen wahrscheinlich. Ja gut. Okay. Okay. Schauen wir mal, ob wir den Boss da unten mit dem Viertel vielleicht ein bisschen besser her werden. Gehen wir mal probieren. Hoppala, einzoomen. Der war ja ganz unten, ja. Der erste Schritt, Kirche von Ellen. Probieren wir es nochmal. Haben wir nichts zum Verlieren. Bisschen aufgewehrt, bisschen mehr Damage, aber das wird uns auch nichts helfen. Aber schauen wir mal. Am Viertel um, glaube ich, der wir uns um einiges einfallen. Schauen wir mal, wir haben ja auch noch eine Waffe gelootet. War das Großschwert der Getreuen. Aber wir haben 117 plus 17 Damage und das hat 136 plus 20. Und ja, es macht halt einfach mehr. Allen Physical Damage. Müssen wir Ausrüstung. Okay. Ja. Mal, wie sich das am Viertel umschlägt. Ja gut, probieren wir es halt. Was soll ich machen? Jetzt gehen wir mal zum Herrn Rittersmann hin und schauen wir, ob wir ihm was tun können. Schauen wir mal. Kann ich noch was spielen? Nein, was tun ich? Wölfe, ich hab schon verstanden. Ist bloß nicht so einfach. Ich wollte halt nicht, warum ist er wieder runtergesprungen? Spring halt nicht runter, du Idiot. Birger, du bist so behindert. Nochmal. Weiter, weiter, weiter. Jo, nochmal. Ja, Meister, bitte.
mit dem Großschwert käme ich nicht klar. Aber überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Im geringsten. Warum nicht überspringen? Ich hab nicht auf den Stick gedrückt. Ach, geh. Herr Schütz, sowas. Ja, was meint er? Was soll's von Tegernseer Hellbier? Ich sag das ganz ehrlich, das scheiß Tegernseer Hellbier interessiert mich einen dermaßen Scheißdreck gerade, dass gerade noch schäbert. Jetzt wieder ein Fünfer. Alter, das interessiert mich Tegernseer Scheiße, Alter. Leid, manchmal frage ich mich schon. So, Schwertwechsel. Ich glaube, probieren wir immer mal ohne Wölfe. Wie soll's? Ich weiß nicht, wie man dem ausweichen soll. Das ist halt nur das Nächste. Überhaupt keine Chance. Überhaupt keine Chance nicht. Das brauchst du mir nicht erzählen, dass du den beim ersten Mal schon... Brauchst du mir nicht erzählen. Brauchst du mir nicht erzählen, oder Stream or it didn't happen. Brauchst du mir nicht erzählen, dass du den beim ersten First Try Knocker schaffst. Glaube ich dir nicht. Glaube ich dir nicht. Niemand. Absolutely nobody. Einer von 1 Million. Dem glaube ich. Und ich glaube nicht, dass der bei mir im Chat sitzt. Leute, aber es ist... Und es ruckelt halt wie Schweinhaare. Es ruckelt wie Hölle. Ich renne an dem mit 20 Frames vorbei. Mr. MRC! Du verkrampfst beim Reiten zu stark. Nein, ich verkrampfe überhaupt nicht beim Reiten zu stark. Es ruckelt einfach nur wie Scheiße. Deswegen haut es dich dauernd vom Pferd. Geht mir nicht anders. Spiel das Game wie Gitarre, locker aus dem Handgelenk. Da habe ich jetzt gerade zweimal hintereinander explizit ganz stark drauf aufpasst, dass ich halt nicht auf den Stick draufkomme. Du fällst auch vom Viertel, aber wenn er der nur Schaden macht. Aber es ist eine Vollkatastrophe, wenn ich da vorbeireite, wie die Frames auch nicht bei 5. Gefühlt. Gefühlt 5. Da, sobald sich der bewegt, ist in meinem Bildschirm... Da, ich komme nicht mehr umdrehen. Nein, nicht ins Jenseits schicken. Ich bin an dem Droh, wenn es ruckelt, so gnadenlos schlimm, dass das ehrlich gesagt absolut unspielbar ist in dem Moment. Und wenn an dem Droh bin, bleibt mein Bildschirm fast stehen. Wie sollst du dem ausweichen? So? Unmöglich. Nein, das wollte ich nicht.
ausweiche, hätte ich fast wieder verkrampft. Fast. Vielleicht ist aber auch die Seiten die falsche. Es ist... Oh, ich bin um den Rundumlauf, es ist ganz ehrlich, seid's mir nicht besser. Ich gestehe, den Boss Eier ist schwierig. Das ist nicht der Grund. Es ist unspielbar, ich bin an dem Droben. Es ist unspielbar. Unspielbar. Tut mir leid, es ist unspielbar. Ich habe keine Ahnung, ob ihr das seht im Stream. Es ist ein Lagfest ohne Ende. Ich bin an dem Droben und Kamera rundherum, fühlt sich das so... Wie sollst du denn da ausweichen oder irgendwas tun? Grafikeinstellung kein Top. Ich glaube, an dem liegt's nicht. Ich meine, schau dir die Grafik an, so ultra brutal ist jetzt die auch nicht. Oder was habe ich jetzt da? Auto erfassen, an, aus. Tun wir Bildschirmmodus Vollbild. Beste Rendering-Option automatisch erkennen, aus. Qualitätseinstellungen machen wir jetzt einfach mal auf Mittel. Erweiterte Einstellungen sind alle Sachen auf Mittel. Okay. Einige Einstellungen wurden nicht angewendet, um sie anzuwenden. Kehrt bitte zum Titelmenü zurück. Okay, ja, das können wir mal schnell machen. Das ist ja nicht tragisch. Wie tut man das? Da. Sir Deppverlot! Beenden, Spiel speichern und zurück. Jawohl. Ach, Spiel doch auf 720. Das möchte jetzt, das ist was, das stört mich ganz massiv. Das ist, Entschuldigung, das mag für Consoleros ganz in Ordnung sein. So habe ich aber Dark Souls 3 auch nicht in Erinnerung, dass das ja so ruckelt. Das ist ja Wahnsinn. Es ist ja Wahnsinn. Kann ich so nicht stehen lassen. Das war extrem schade. Weil ganz ehrlich, dann sitzt es aus, bis es einen Patch gibt. Weil das ist ja nicht normal. Das liegt ja nicht am... Da feilt es ja irgendwo. Ja, schauen wir mal. Ich weiß jetzt auch nicht, ob es recht für anders ausschaut, aber schauen wir mal. Wieder genau das Gleiche. Das ist genau das Gleiche. Jetzt wollen die Stauern da einigen. Verkrampfelt. Wieder verkrampfelt. Der schluckt dir halt mit einem Hit und du bist down. Ja. Es ist genau der gleiche Amount of Ruckler. Das hat nichts damit zu tun. Das ist auch nicht der Grund, warum ich stirb, aber so macht es ja erst recht keinen Spaß nicht. Jedes Mal, wenn ich auf den zulaufe und die Kamera sich dann ganz schnell dreht, fühlt sie sich an, als hätte ich 15 Frames. Weiß auch nicht, kannst du vergessen. Kannst du vergessen, weil genau das sind die Sachen, warum ich dann einen Controller ins Inventory schmeiße. Weil das ist einfach, keine Ahnung. Da, Maximum. Titelmenü. Titelmenü. Schaut nach Mords Spaß aus. Gibt's da Fernkampfwaffen? Ja, gibt's. Alte 4 und löschen. Ja, wieder nichts löschen. Ja, nur Muschimopeds löschen, dann das Spiel jammern umeinander und ihren auf damit. Der ist schon schwer, der Boss. Also der Zwischenboss. Der ist ja nicht dafür gemacht, dass du ihn am Anfang umbringst. Bin ich mir relativ sicher. Gehen wir woanders hin. Ich habe gehört, dass DirectX da das Problem ist. Ja, also ich habe auf alle Fälle gehört, dass es Probleme gibt und das nicht jetzt an dem Boss liegt oder an der Stelle liegt oder an sonst irgendwas liegt, sondern gehen wir mal weiter da. Vor dem Tor, da waren wir. Und das schauen wir uns noch an. Das schauen wir uns noch schnell an. Ein Stück weiter gehen wir noch. Haben wir ja nicht so eine Gaudi da. Ja, Depth-Counter goes. Brrr. Wie viel Depth haben wir denn überhaupt? Ich gebe mir mal pauschal 5. Oder? Gib mir mal pauschal plus 5. Schalt mal Schärfentiefe und Bewegungsverzerrung aus, falls dies noch nicht da hast. Doch, vorher habe ich das schon mit da. Warte mal. Zumindest eins von den Sachen, die du gerade aufgezählt hast. Ich gucke. Bewegungsverzerrung aus. Und was war das andere nicht?
Schärfentiefe. Brauchen wir Schärfentiefe? Datenqualität, Shaderqualität, Grasqualität, globale... Wo ist Schärfentiefe? Da ist Schärfentiefe. Zurück, zurück, zurück. Ja, we will see, ob das was bringt. Das ist aber jetzt auch bloß bei dem so krass. Bei dem Boss ist jetzt da ziemlich krass auf einmal. Ja, das können wir da vorne gleich mal ausprobieren. Los geht's. Und tot. Hoppala. Oh, wir granten die ganzen Degel. Ja, ist gut, ist gut, ist gut, ist gut. Duldbirger, stirb du einmal. Brustwichser. Ja, wir müssen auf alle Fälle den Weg da rauf und dann müssen wir da in Richtung Burg. Aber ich merke auch da jetzt schon wieder Frame Drops ohne Ende. Es darf so gut ausschauen. Ohne Scheiß, mit Wettereffekt und was weiß ich was. Das ist echt schade. Echt unfassbar schade. Ah, schade. Schaut aus wie Viva la Dirt League Video. Was? Ich nicht. Da weiß ich eben nicht, was du meinst. War da am Boden? Irgendwas war da am Boden. Ah, das war irgendwas. Der rote Bats. Was gibt denn da jetzt gleich wieder für ein Viech, was uns wieder den letzten Nerv kostet? Das ist irgend so ein Scheiß. Was ist denn das wieder? Was ist denn das wieder? Oh, Kriegsarsche, wilde Schläge. Natürlich schon. Was ist denn da wieder? Eine Balliste oder was? Gut. Au. I guess. Idioten, habt ihr euch wieder selber umgebracht. Habt ihr euch wieder selber umgebracht. Au. Viertel ist total OP. Oh, 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 Vorsicht, 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 oh mein Gott. Blut. Darf ich nicht vergessen, Wölfchen nusst mich. Das werde ich halt nur ein paar Mal sagen, sage ich gleich schon. So, jetzt können wir uns da quasi wieder anschleichen, oder was ist das? Tatsächlich schon hin. Die sind einfach blind. Die haben jetzt einfach zugeschaut und haben sich gedacht, ja okay, ich glaube, er ist weg. So nicht. Du bist der Geilste, mein Freund. Geiler Typ, von jetzt mit dem Ding schießen. Warum immer? Sie dürfen nicht. Okay, das macht absolut keinen Sinn, was da steht, aber egal. So, auf alle Fälle haben wir uns schon mal so halb in die Burg eingekämpft, sehe ich das richtig. Aber da hinten schaut es aus, als da jetzt was ging. Was sagt Karten? Achtung, Karten? Ja, die sagt schon, wir müssen wieder hinten drehen. Oh, da ist doch irgendwas, oder? Was ist denn da vorne? Ist das ein Hund? Ah! Was ist das? Eine Ohrkatzel! Ohrkatzel! Gibt es? Dünne Bestienknochen. Aber es war eine Ohrkatzel. Aber nicht nett. Das ist nicht nett. Weiter geht's. Weiter im Text. Naja, schaut mir an, als wären wir in der ersten Burg gekommen. Nachricht lesen, Blutfleck berühren. Oh Gott, wenn da schon wieder so viele tote Sachen sind, dann weiß ich, dass da irgendwas Schlimmes passiert jetzt gleich. Hört mir das Schädel vor. Ich wetten, dass da eine Kugel runterrollt oder irgend so. Tu mir einen Blutfleck. Tu mir mal einen Blutfleck berühren.
Oh mein Gott, was passiert denn? Irgendwas Schlimmes passiert, ich weiß genau. Oh! Speicherpunkt! In hinein zum Speicherpunkt, das versteht ja jeder. Touch the blood and show feet. 100 Tokens. Da geht's. Da bin ich auch gespannt, was da oben jetzt kommt. Oh, das heißt, oh mein Gott, oh mein Gott. Das heißt nichts Gutes. Das ist so ein Speicherding, oder, wo man automatisch wieder leben dann. Impressive. Und wetten, dass gleich der Punk abgeht. Oh. Foul tarnished. In search of the Elden Ring. Emboldened by the flame of ambition. I have a bad feeling about this. Someone must extinguish thy flame. Let it be Margit. Margret! Fell. Oh. Oh mein Gott. Erst mal schauen, was er so kann. Umeinander hauen. Ja, ich auch nicht fürchterliches. Aber genau für das sind wir gekommen. Ja, nur Chili, Vanille. Noch ist es, werde einfach mehr erst mehr außerfinden, was er so kann, wie man dagegen. Der dauert ein wenig. Aber genau das, meine sehr verehrten Damen und Herren, die keine Ahnung von irgendwelchen Dark Souls-Spielen oder sonst irgendwas haben, das ist genau der Grund. Dein Mic ist im Vergleich zum Ingame Sound ein bisschen leise. Ich weiß. Das war nicht so wichtig. Okay, das bringt schon mal nix. Okay. Well. Bye. Ich finde ja die Leute, die sich von mir vielleicht ein bisschen auf die Spur halten haben lassen und gar nicht wissen, auf was sie sich einlassen, die tun mir eigentlich am meisten leid. So, wenn er seinen Jump macht, was dann? Lassen Sie die Sachen blocken. Ja, einigermaßen. Weißt, er macht so viele unterschiedliche Sachen. Das ist halt so krass. Weißt, du kommst halt nicht einmal zum Zuhauen. Das ist halt auch hart. Hart. Kann man nicht schmerzen. Einfach mal schauen, was er so kann. Das darf man schon glauben.
Ich kann den überhaupt nicht lesen, sag ich ganz ehrlich. Oh, der wird hart. Keine Chance. Na, für den habe ich halt mit Sicherheit keinen Nerv mehr, das ist aber eher auch klar. Aber der mal schon ein bisschen dahin. Also mit dem No-Hit-Run wird so nix. Ja, wo ist denn der eigentlich hier? Hast du den auch aufs erste Mal geschafft oder sehen das? Jetzt haben wir im Internet, das ist wirklich die geilsten Typen. Und die scheiß Wolf können wir uns auch mit sparen, weil die helfen mir einen Scheißdreck. Solange ich nicht ansatzweise weiß, was er kann und so weiter. Du kannst aber heute auch nicht ausweichen. Du kannst nicht ausweichen. 3 Hits down. Ja, very interesting. Very, very interesting. Viertel. Sprich, ist vielleicht gar keine so schlechte Idee. Da schauen wir jetzt gleich mal, ob wir aufs Viertel aufsteigen können. Kann man natürlich nicht. Birge, ich weiß, wir haben es alle nicht so mit dem Körperbau, aber leg bitte das schwere Schwert ab. Die Fat Roll is not good. Gut, dass du das sagst, das hätte ich jetzt nicht gespannt. Sag ich dir, was es ist. Da hätte ich jetzt lang gebraucht, bis ich das gespannt habe. Wo ist denn das mit dem Gewicht? Ausrüstungsgewicht, mittlere Last. Kann man da noch. Können wir eigentlich auch weg da? Ah! Wenn du 2 Zeiger im Inventar hast, dann rollst du langsam. Ich glaube, dass er mich da so. Er trifft mir halt trotz Rolle. Blocken halt auch nicht hin. Müssen wir uns merken, da haut er jetzt wieder zu. Zweimal probieren wir. Einmal andere Taktik, ein bisschen weiter weg von ihm. Und ich hab 1 oder 2 Moves von ihm habe ich schon, da wo man kurz Zeit hat, wo man dann draufhauen kann. Wölfe helfen mir noch gar nichts. Solange ich die nicht bei 10% herunten habe, helfen mir die Wölfe gar nichts. Das ist also ein Moment. Dann nicht greedy werden, sondern weggehen. Und Geduld. Geduld.
Nicht greedy werden, 3 mit Zuhang gelangt. Wenn man dem ausweicht, habe ich noch nicht. Ja, du Drecksau. Weiß, ob ich nicht lassen kann, noch mit. Und nochmal. Ja, aber langsam merkst du nicht, was er tut, wann er wieder zuhaut. Nicht, wenn ihn dann einmal erwischt, nicht nur ein 14. Mal draufhauen, sondern beim 3. Mal halt weg und so weiter. Und dann muss das. Das ist doch vollkommen banane, ob dieser Zwischenboss ist oder nicht. Ich gebe keinen Fick drauf, ob dieser Zwischenboss oder gar kein Boss oder sonst was ist. Es ist ein schwerer Mob, der Geduld und Movement Learning braucht. Da braucht man auch keiner erzählen, dass den jemand beim 3. oder 4. Mal schafft. Der Range ist halt aber auch schon ein bisschen lächerlich, ja? Das fährt ja nichts. Ne? Was mich ein wenig halt stört, ist, irgendwie kommt es mir vor, als da das Blocken so lang dauern, bis das Schädel vor mir ist. Nö! Kinder, habe ich keinen Bock mehr, Alter! Was ich da tue? Weißt du, was ich dir da sag? Moin mir. Da geht ein bisschen umeinander gelevelt. Ein bisschen mehr Leben, ein bisschen mehr Damage. Dann können ungefähr 30 Tries her, Minimum. Und dann können wir uns das einmal anschauen, ob wir dem irgendwie her werden. Aber da habe ich heute keine Nerven mehr dazu. Aber absolut keinen. Wie viele Depfen müssen wir dazu sein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 schreibt der Soldat Helch. Ich hab so ein bisschen das Gefühl, ich glaube, das ist nichts für einen Stream, Kinder. Das glaube ich ist nichts für einen Stream, habe ich so das Gefühl. Was halt den Boss eklig macht, ist das Umfeld. Das Areal ist so klein. Ja, und du kannst rechts, bevor du reingehst, einen Helfer beschwören. Das ist ja langweilig. Mit dem Helfer ist ja langweilig. Ist noch am 100. Try. Aber dem wären wir schon her, um Gottes Willen. Kann es sein, dass der Frustfaktor zu hoch sein kann für einen Stream? Nein, nicht bei mir, sondern bei euch. Ich meine, ich sehe ja, wie viele Leute das da sind. Wir haben angefangen bei 1200. Jetzt haben wir unter 800. Das ist der Grund. Die Community ist nicht bereit für eine solche Art von Spiel. Was wir noch machen werden, ist, ich überlege mir, ob wir am Mittwoch noch mal einen Stream einhauen, aber das war damals schon bei Sekiro so. Du hast richtig zuschauen können. Normalerweise hier 1000 Leute, Sekiro, bam, nicht einmal die Hälfte.
Weil es einfach, keine Ahnung. Was? So a little bit too much Rage? Na, beim Ragen sind wir noch nicht. Da feiert jetzt nichts. Community ist bereit für Katzenbabys. Was soll man mit Katzenbabys jetzt? Was, die Leute wollen vielleicht nicht, dass du sie wegspoilerst. Das glaube ich nicht. Die Leute wollen bei mir im Stream eine andere Art von Unterhaltung. Und die gibt's in Dark Souls nicht. Und die gibt's auch in Sekiro nicht. Und selten, dass Leute so oft schreien, ich glaub, das Spiel ist nichts für mich. Seltenst. Ich hab mir es schon ein bisschen gedacht. Das Problem ist halt, Birgit, dass heute Samstag ist und da normalerweise mit Freunden da ein bisschen Battlefront spiele. Was ist da das Problem? Ich verstehe die Frage nicht. Ach, was ist nice? Ich fühle mich gut unterhalten. Ja, es heißt ja nicht, dass alle da keinen Bock nicht drauf haben, aber so viel Leute wie sonst nicht haben da keinen Bock drauf. Ich riech's bis daher, ich habe einfach das Bauchgefühl und das täuscht mich meistens nicht. Weil die Leute keine Ahnung haben. Ja, das stimmt. Das stimmt leider Gottes tatsächlich, weil die Leute keine Ahnung haben, weil sie sowas noch nie gespielt haben und nicht wissen, was dahinter steckt. Und es ist halt eine Hassliebe. Aber man mag das oder man mag es halt nicht. Ich kann es verstehen, es ist nicht an jeden sein, um Gottes Willen. Jetzt machen wir erst einmal einen Depth-Counter aus. Machen wir so. Wenn wir zurück aus. Und dann gehen wir da her. Und gehen wir da mal wieder in den Titelbildschirm hinein. Spiel beenden, Titelmenü, jawohl. Und jawohl. Icarus und du im Hintergrund passt zusammen. Scheint heftig, schaut noch nicht einmal richtig zu. Das ist völlig Banane. Ist zwar nicht der Easy, aber auch geil zum Schauen. Auf da, haben da jetzt wirklich Leute, hätten da wirklich herin wirklich Bock, ich sage jetzt einmal grob 60, 70 Stunden lang das Spiel zum Schauen. Das glaubt es doch wohl selber nicht. Aber das ist, ich hab mir schon, da müssten wir leider, nein, Spiel, go away. Ich werde das Spiel auf alle Fälle, ich werde das Offstream, werde das suchten wie ein geistig Behinderter. Das ist genau nach was ich suche. Das ist eine Herausforderung. Das hat mit einer Hand, mit denen Leuten, die da keinen Bock drauf haben, das hat mit einer Hand, die Spiele nichts zum tun. Das sind die Leute, die dann beleidigt sind, wenn ihr ein Landi absagelt, weil nichts funktioniert und so weiter. Und mir dann verzeihen wollen, was gute Computerspiele sind und was nicht. Und haben vom Leben überhaupt gar keine Ahnung. Aber ich hätte Bock, weil warum nicht? Natürlich haben da einige Leute aus der Community Bock, aber der Großteil eben nicht. Und da bin ich mir 100%ig sicher. Und allein mein Bauchgefühl sagt das. Ich sehe es jetzt schon an die Zuschauerzahlen. Ich lege mir Hände ins Feuer, wenn wir mir da jetzt Daisy spenden, wird mir doppelt so viel Leid. Und das demotiviert mich ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich muss da nicht mit Gewalt drauf holen, bloß weil mir jetzt iPad. Ich bin nicht der reine Winkler, der sagt, ich spreche aber, was ich sprechen mag. Sondern es soll ein nettes Gleichgewicht haben. Ich hätte Bock, dass das Spiel, was wir spielen, dass mir das auch Spaß macht und gleichzeitig aber auch was für euch ist. Und jawohl. Herr Rotkopf! Ich finde, das große Problem von dem Spiel ist die Open World, weil du halt nicht weißt, was hier so ist und wo was Schaffbares ist und du so viel Try and Error hast. Sprich, der rote Faden fehlt irgendwie. Wie bei Souls, so empfinde ich zumindest. Da kann ich jetzt natürlich nach 2 Stunden mal noch nichts sagen. Das, was mich bis jetzt einmal am meisten stört, ist Performance. Sag ich dir ganz ehrlich. Das werde ich jetzt auch sofort nach dem Stream, werde ich das sofort nochmal probieren, PC neu starten, Spiel vielleicht nicht auf Maximum, aber auf Hochstellen, ob das da genauso ruckelt. Und wenn es dann genauso ruckelt, sage ich dir auch ganz ehrlich, werde ich das Spiel wahrscheinlich noch 1-2 Wochen liegen lassen. Und dann erst spielen, wenn es irgendwelche Patches gibt, weil das nicht sein kann. Merci für den Euro und die restlichen Euro. All die habe ich, glaube ich, übersehen. Also jetzt bin ich vor der Arbeit daheim, jetzt mag ich sehen, wie du aufs Maul kriegst, wenn du vorher schon so geschmerzt hast. Dann musst du es zurücklaufen lassen, dann kannst du es da anschauen, Aldi. Entschuldigung. Gibt es jetzt mehr Samstag-Streams? Er Soldat Helch? Wahrscheinlich nicht. Gustl beats you, bei mir läuft's super. Du, das mag sein, bei mir läuft's einfach nicht super aus. Und wenn man so die Steam-Reviews anschaut, dann bin ich nicht der Einzige. Es gibt nichts Schlimmeres als Streamer, die ein Spiel spielen, das einer nicht gefällt. Du, ich mag Elden Ring, aber ich habe das Gefühl, dem Großteil der Community gefällt Elden Ring nicht. Und das sehe ich schlagartigst an die Zuschauerzahlen und dann ist sofort vorbei. Ich werde nicht mit Gewalt jetzt da Elden Ring spielen, wenn die Hälfte davon keinen Bock nicht drauf hat. Und ja, so einfach ist das. Vielleicht spielen wir am Mittwoch noch mal eine Runde. Ich lasse euch natürlich im Discord wissen, wenn ich irgendwie einen Boss schaffe oder wenn wir was geschafft haben oder sonst irgendwas, aber gut. Der Willy Ross schreibt, nimm's bitte nicht persönlich, aber bei Pizza mitschauen, das Spiel gerade über 10
1000 Leute so viel zu nix für einen Stream, ja, ist der Pizmeet Community. Nimm's mir nicht persönlich, ein Pizmeet Community besteht nicht aus Leuten, die irgendwann mal gekommen sind, weil die Leute mal die Ketchup in einer Leberkasse schmieren. Okay? Ein Pizmeet Community hat mit meiner ungefähr so viel zum Tor wie der Papst mit. Na, sag's nicht. Und ja, es ist, versteht's mir nicht falsch, es ist einfach nichts für diese Community. Ganz einfach. Ja? Got a point there. Genau, da die auch sagen. Und ich sag's halt einfach, Gustelbeats, stört dich das? Aber was ist dann mit unserer Hälfte, denen es gefällt? Ich nehme dann, reichen dir 800 Zuschauer nimmer. Robby, das frage ich dich, wenn du mal 1600 Zuschauer im Schnitt hast. Dann frage ich das. Und dann darfst du mir eine Antwort geben. Ich hab's bis vor 10 Minuten selber gesagt, deswegen schaue ich jetzt erst zu. Pizmeet noch nie geschaut. Muss der Pizmeet vielleicht mal ein Video über Leberkäse und Ketchup machen. Einmal ein geiles Spiel und der Bürger mag wegen den Zuschauern nicht mehr spielen. Domi, ihr versteht's mich falsch. Ihr versteht mich falsch. Ich sag's doch, wird leider abhauen. Dann sitze ich doch nicht mit Gewalt her und spiele weiter, bloß weil es mir hier einbeißt. Was gibt's jetzt da nicht zum Verstehen? Wenn die Hälfte wegbricht, macht's jeder Gedanken. Und bevor du nicht 1000 Leute in deinem Stream hast, brauchst du jetzt auch nicht das Schmerzen anfangen. Ganz einfach. Ich weiß nicht, was das jetzt soll. Ich am Montag, das sowieso. Es ist aber Samstag. Der Mainstream ist Montag und Mittwoch. Sollen wir es ausprobieren? Dann probieren wir es nochmal aus. Wir geben Montag Daisy. Das ist nach wie vor Primetime. Und Gustl Beats You, manche streamen das für 10 Zuschauer. Ja, ich habe sehr lang für unter 10 Zuschauer gestreamt, aber die Zeiten sind nicht vorbei. Okay? Ja. Und jetzt jeder darf sich jetzt durchhasseln, bis er irgendwann über 4-stellige Zahl Zuschauer hat. Und dann frage ich nochmal. Wenn auf einmal bloß noch weniger wie die Hälfte Leute da sind, ob er dann trotzdem weiterspielt oder ob er sich vielleicht was überlegt, schau mal, vielleicht gibt es ein anderes Spiel, auf das ich Bock habe und die Leute Bock haben. Ja, da haben alle was davon. Herr Weichselberger, der ist hier raus und spielt da, was? Das dafür rein. Was? Der ist hier raus und spielt das dafür rein. Herr Wechselberger, das werden wir ausprobieren. Und zwar am Montag spielen wir Daisy und am Mittwoch spielen wir Elden Ring. Und dann werden wir uns das einmal anschauen, wo da der Unterschied ist. Und dann entscheidet dennoch immer noch ich. Da lasse ich mir jetzt einen Wangel raushängen, was wir dann spielen. Und ich gebe euch Brief und Siegel, dass am Mittwoch die Hälfte der Leute nicht da sind, wie es am Montag der Fall ist. Die Hälfte, die es gern sehen hat, freut sich auf andere Spiele auch. Der One-Shot, Mosin, die haben das Prinzip verstanden. Daisy weggeht gar nicht. Sehe ich ähnlich. Horizon geht leider nur auf der PS4 und 5. Ganz ehrlich, Horizon hat mich nicht vom Hocker gehauen. Das ist ein typisches Open-World-Spiel von A nach B rennen und irgendwelche sinnlosen Quests machen. Ich weiß es nicht. Domi, war nicht böse gemeint, Bürger, aber du bist ein riesiger Fan wie wir. Was sagst du da nicht, dass es dir wurscht... Was? Sagst du da nicht, dass es dir wurscht ist? Domi, ganze Sätze bitte, ich weiß nicht, was du sagen möchtest. Ja, ich bin eigentlich mehr wegen die da, als wegen dem Spiel. Und so geht's der Hälften teuren. Mehr als der Hälften geht's darum, dass wegen mir da sind und nicht wegen dem Spiel. Und ich kann absolut nachvollziehen, warum jemand, wo denkt sich bei Dark Souls, mein Stream besteht aus 90, ja, machen wir 80-20. Dumm und Blödschmerz von mir, Rage-Anfälle etc. und 20% Spiel. Wenn ich dann beim Tryhard-Spiel da sitze und mir Mühe gebe und das Mal nicht aufmache für eine halbe Stunde lang und da gibt es nichts Lustiges und sonst irgendwas und ich flippe auch nicht aus, weil ich mich einfach konzentriere und irgendwann flippe ich schon aus bei Elden Ring, der hat sich nicht an. Aber dann gängen die Leute halt. Was ich absolut verstehen kann. Landi hat halt dir nicht gefallen, aber die Zuschauer 3000 Leute und da ist es umgekehrt. Ich darf mir noch nicht einmal sagen, dass mir der Landi nicht gefallen hat. Sagen wir es so, nach dem 5., 6. Mal hat er mir nicht mehr gefallen. Deswegen habe ich dann auch relativ rapide aufgehört, wenn ich dann einmal so ein bisschen drin bin und einmal so verstehe, okay, die Physik ist eine absolute Katastrophe, die Steuerung ist eine Katastrophe, das ganze Spiel ist eigentlich eine Katastrophe, aber die Leute wollen es nicht wahrhaben. Das merkst du aber halt alles erst nach ein paar Stunden spielen.
Pateke, Alter, bei mir schaut es gerade aus, als ob ich seit Mittwoch komplett grau geworden bist. Bis auf der Bart, aber ich glaube, das liegt an Twitch oder Greenscreen. Ein bisschen an beidem. Sechst ist, dass meine Haare so halbschaurig durchsichtig sind. Und es liegt daran, dass 2 LED-Scheinwerfer auf meinem Dates aufstrahlen. Und ich werde grau, ja, der hat sich nicht oben. Das ist so transparent. Ja, das ist das New Age Grey. Waren aber sehr unterhaltsame 3 Stunden. Herr Gustelbeats, ja, um Gottes Willen, die Leute, die da sind, das ist mir schon, ich habe ja auch Spaß, um Gottes Willen. Ich habe auch Bock, das Spiel jetzt weiter zum Spielen. Aber ich habe einfach kein gutes Bauchgefühl dabei, einfach für einen Stream, und damit bin ich die letzten 3 Jahre wunderbar gefahren. Darum werden wir das nicht oft streamen, sage ich euch gleich schon. Vielleicht einmal an einem Wochenende. Ja, who knows? We will see. Du magst heute die Leute unterhalten, oder? Ja, richtig. Ich mag nicht der Wangelbert sein und mich stur hersitzen und ich sag, was gestreamt wird. Ich spiele Pokémon und ihr halt sein Maul. Sondern ich denke mir schon was dabei. Der hat sich nicht runter. Auch wenn es oft nicht so ausschaut. So, jetzt muss ich mir einen Schluck trinken. Vielleicht gibt es ab und zu mal einen Sonderstream damit. Und ich sage es euch ganz ehrlich, ich bin mir nicht sicher, ob wir es am Mittwoch streamen. Ich weiß nicht. Schauen wir mal. Das ist einfach, wie gesagt, ich habe einfach kein gutes Gefühl dabei. Das ist alles. Ich kann nicht beschreiben, warum. Aber nun einfach mal, wie es vorher war, glaube ich, das ist einfach das beste Beispiel. Die Community basiert einfach auf Videos, wo ich leider schreie, die Leberkassen mit Ketchup fressen. Und die haben einfach für Dark Souls-Spiele nicht bereit. Ganz fucking einfach. Raiden, das Spiel, wenn man durch hat, ist halt ein anderes Gefühl wie bei God of War oder Horizon. Einfach weil es fordernd ist. Genau das ist was Spiele von From Software zum Beispiel ausmachen. Du hast nie. Den Boss, wenn ich jetzt dann umhau irgendwann, oder Zwischenboss besser gesagt. Was meinst du, was das für eine Art von Gefühl ist? Das kriegst du nicht bei deinem Horizon irgendwas, das was eigentlich, da wo nichts wirklich schwierig ist. Red's mir keinen Scheiß nicht. Und wer sagt, dass Horizon irgendwo selten schwierig ist, dann muss ich sagen, hast du halt einfach noch kein From Software-Spiel gespielt. Genauso wie bei God of War. Ich habe die Valkyren noch nicht gesehen und da glaube ich auch, dass die schwierig sind. Aber das normale Spiel, da haben ja die Leute schon angefangen zum Schmerzen. Da viel Spaß jetzt bei dem, viel Spaß bei dem. Das ist ja wohl lächerlich im Vergleich zu sowas. Das ist ja. Naja. Und zwischen Leberkas-Fetischisten und Fantasy-Nerds ist schon ein bisschen was. Es soll nicht heißen, dass sie in den letzten 3 Jahren die Community in Sachen Gaming massiv weiterentwickelt hat. Vor allem in die Streams. Wir hätten zu Sekiro-Zeiten bei 2018 rum, oder wann ist denn das gekommen? Februar 2018 oder 2019? Weiß ich nicht mehr. Egal. Überhaupt keine Chance, dass da ansatzweise so viele Leute da gewesen warten wir jetzt da. Und wann ich mich anscheiße und wann nicht. Wie viele Leute das im Stream haben und wann nicht. Das ist halt Gott sei Dank immer nur meine Sache. Und ich habe kein gutes Gefühl dabei und fertig. Das hat gar nichts mit Twitch Only oder so zum tun. Das ist egal. Aber ich glaube nicht, dass wir mir das in die Montag- und Mittwoch-Streams aufnehmen. Wenn, dann gibt es, solange es noch kalt ist und ein scheiß Wetter ist, so im März rum, ab und zu mal am Wochenende einen Ersatzstream. Und so werde ich wahrscheinlich sehr viel Offstream zocken. Ganz ehrlich, mir ruckelt es auch ein bisschen. Ja, ganz ehrlich, das ärgert mich ganz schön stark. Viele entdecken bei dir aber auch Spiele, die sie so nie gespielt hätten. Das stimmt. Aber das Spiel fixt keiner. Und wenn, dann verflucht er mich spätestens. Keine Ahnung. Crasher! Jetzt auf mit der Donaterei. Welcome to the Squad. Ab in den Chat, habe dir einen Crusher HD. Merci dir. Der Husky Freak schreibt, wie es das sagst, deine Stream bestehen aus Gaudi, Geschroren, Locherei und das Spiel heute ist halt mal ein ernsthaftes Spiel. Aber auch super zum Zuschauen, du musst genauso viel Spaß haben dabei wie mir. Hobby, um Gottes Willen. Aber ich kriege je öfter, dass wir einfach da stehen bleiben und ich da umeinander try hatte, kriege ich ein schlechtes Gefühl dabei. Und dann, das kriege ich nicht aus dem Kopf raus und dann möchte ich aufhören. Das ist einfach nicht gut. Ist mir wieder ein Bob Ross Stream geplant. Jawohl. Der Schattenkenscher. Ich wollte damit sagen, dass die Leute schauen, weil du bist und nicht, weil das Spiel nicht passt. Ja, genau. Aber in dem Spiel bin nicht ich, wie es ihr mich kennt. Darum haut die Hälfte ab. Ganz einfach.
Wie gesagt, hast eh recht, es sollte auch für uns alle Spaß machen. Es gibt bestimmt auch wieder Sachen, die alle gefallen. Du, Sicherheit. Ich sag's ja an DSI. Dann 1500 Leute. Madi wie's. Gut, mag jetzt natürlich am Samstag vielleicht auch anders sein, das hätten wir mal ausprobieren müssen, wie viele Leute das am Wochenende an DayZ Community Zock Abend da sind. Aber gut. Haben wir mir am Montag keinen Mimi-Montag. Weiß ich auch noch nicht, sage ich dir ganz ehrlich. Der Zukunftsbürger ist noch unentschlossen. Der Domif schreibt, ich kann dich verstehen, Bürger, dass du deswegen die 0 auf 15 Zuschauer Elden Ring nicht weiter streamen willst, aber finde es trotzdem schade. Das ist ja, ich finde es ja auch schade. Ich finde es ja auch schade, dass ich sage mal, 80-90% der Community einfach noch nicht so weit ist. Aber wenn es das so sagst, sind es auch 800 Leute mehr als die letzten Samstag, wo kein Stream war. Ja. Es sind auch 800 mehr wie vor 8 Jahren. Theoretisch. 0815 hört sich hart an, sagst eher Casual-Zuschauer. Da gebe ich auch ein paar Techie auch recht. 0815 Zuschauer hört sich so schlimmer. Der Casual-Zuschauer, ja, der die typische Bürgerbelustigung gern hätte, der ist halt bei Dark Souls oder Elden Ring einfach. Der Nusser schreibt, du Bürger, für mich ist das Spiel jetzt nichts, aber ich freue mich, dass dir taugt und wünsche dir dann viel Spaß. Herr Nusser, das ist mir Ansage. Merci dir. Aber ich hoffe, da ist mir der Rest halt auch nicht bäs. Vielleicht machen wir ein Kruzifix Elden Ring draus. Probieren wir es so. Probieren wir es so als Gaming die Leute näher zum Bringen und schauen wir mal 480 Mal beim Sterben zu. How to Elden Ring. Der How to Elden Ring mache ich euch nicht, bevor ich nicht mindestens 100 Stunden im Spiel habe. Ja, Schiller schreibt, ich habe mir Sekiro gekauft und ich muss immer zittern, wenn ich den Dreck spiele. Ich habe damals, das weiß ich auch noch, da haben wir Sekiro ist rausgekommen, das haben wir am Freitag gestreamt, dann war es ähnlich, da ist ein Boss gekommen, da habe ich einen Haufen Tries braucht und dann habe ich genau das gleiche Gefühl gehabt. Das passt irgendwie nicht für einen Stream. Das ist meine Art, wie ich meine Streams gern gestalte, bestehen ja nicht aus Tryharden, Maulhalten, konzentrieren und 35 Mal am gleichen Boss sterben, sondern einfach aus etwas anderem. Dann haben wir aufgehört und an dem Samstag drauf habe ich es innerhalb von einem Samstag von 10 in der Früh bis um 4 in der Früh durchgespielt. Hast du eigentlich einmal mit 0 Zuschauern gespielt beim Stream? Falls ja, hast du dann überhaupt dazu kommentiert? Herr Raiden, ja, habe ich. Das war 2015, das habe ich sogar 9 Monate lang gemacht. Mr. Inside, merci dir für den Euro, Bussi aufs Nussi. Das habe ich 9 Monate lang gemacht, dass ich für 0 Zuschauer nicht. Anfangs natürlich für 0 Zuschauer und dann für im Schnitt 3. Und ja, da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Da gibt es ein paar uralte Streams in meinem YouTube-Kanal von der Zeit. Dann kannst du selber ein Bild machen, wie das damals ausgeschaut hat. Da war mir dann auch klar, warum mir keiner zuschaut. Aber es hat geholfen fürs Üben. Ja, da fängt man bei Null an. Der One-Shot schreibt, kannst du Best-of Ritter auf dem Pferd, dann kriegst du die 100 Stunden locker. Hey Birger, wenn du mal ein gutes Mittelalterspiel brauchst, kannst du mal Witcher 3 spielen. Nicht so Gaudi, hängt da ein Poster vom Witcher 3, da habe ich 260 Stunden drin und jede kleine Fragezeichen und jede Nebenquest und jede Hauptquest, die es gibt, außer sämtliche Gwent-Quests, die haben mich nicht interessiert. Für DayZ Staffel 1 von früher, oder? Ja, du meinst aber halt die Staffel 1 von ganz furchtbar früher. Der Oliver schreibt, hey, Spiele wie Elden Ring zocken, ich erst gar nicht. Nicht mein Fall, spiele eher im Story-Mode. Trotzdem schaue ich dir hier gern zu, auch 3 Stunden aufwärts. Ja, Oliver Ulrich, das freut mich natürlich sehr. Was auch so ein bisschen dazu kommt, muss ich auch sagen, der Stream lenkt mich immer ab. Immer. Es ist immer irgendeine Donation, es ist immer irgendwie der Chat, der sich rührt, Leute, die gescheit daherschmatzen, dann wie wieder lästig und. Und das ist auch nicht sehr förderlich für solche Spiele wie Elden Ring. Muss ich sagen, sowas lenkt mich ab bei sowas und da muss ich mich konzentrieren, weil das sagst du selber, ich kriege ja nur aufs Maul. Ich spiele wieder der erste Mensch, das ist ja unmöglich. Und ja, vielleicht bin ich aber auch nicht mehr der From Software Spiele würdig. Das kann natürlich auch sein. Aber so schnell hören wir mir nicht auf, den hau ich morgen um, das garantiere ich. Wenn ich nicht sogar jetzt noch so lange probiere, bis ich ihn umhau. Aber wahrscheinlich, was werde ich als nächstes tun? Wahrscheinlich erst ein bisschen in der Open World umeinander gucken und so weiter. Und dann schauen wir mal. Kommt eigentlich wieder mal Warhammer? Mr. Bufu, meinst du Warhammer da links neben mir zum Zusammenbauen oder das neue Warhammer
Total War 3. Total War Warhammer 3, so. Gamsjäger, Birger, spur mir wieder zünftig was mit deiner Alten. Das ist eigentlich auch ein guter Punkt, kann man auch mal wieder aussagen. Stimmt. Wir haben ja damals A Way Out nicht fertig gespielt, gell? Eigentlich müssen wir nachholen. Ja, schauen wir mal, wann ich es noch mit dazu kriege. Wir haben ja so viel vor. Es ist immer nur DayZ-Staffel. Wir haben noch mitten in der DayZ-Staffel, Leute. Ich bin. Weißt du, was wir deren? Mit der wir Montag DayZ und vielleicht Mittwoch Elden Ring. Okay? Ansonsten haben wir mir wieder eine Woche mit Vollgas DayZ Community Zock. Solange das noch Spaß macht, solange die Leute noch dabei sind, nutzen wir das aus. Ich habe auch noch Bock drauf, aber es lässt langsam nach. Muss ich auch sagen. Weil jetzt wird es dann immer das Gleiche. Es wird immer das Gleiche. Letztes Mal haben wir noch einen Stream-Sniper schnell da gehabt. Wahrscheinlich, wisst man nicht. Schauen wir mal. Und dann schauen wir weiter, was wir dann spielen. Was mich sehr, sehr, sehr stark stickt, ist, wann haben wir darüber geredet? Am Montag. Diese Retro-Geschichten. Und zwar an einem so am Abend, der dann vielleicht auch mal eine Stunde länger dauert, also 3 Stunden dauert, die alten Spiele auspacken. Und dann nicht durchspielen oder sonst was, sondern anspielen. So quasi die erste Mission von, oder die ersten 2 Ebenen von Diablo 1, dann bis zum ersten Zwischenboss von Diablo 2, dann bis zum ersten Zwischenboss, bis zum King von Diablo 3. Für das Retro-Ding brauchst du aber auch ein Konzept. Nicht unbedingt. Da kommt es eigentlich cooler, glaube ich, wenn, natürlich muss ich mich ein wenig vorbereiten, das ist schon klar, ich muss ja die Spiele installieren, muss das herrichten und so weiter und so fort. Aber da ist mir der eigene Nostalgie-Flashback also ein bisschen wichtig, muss ich sagen. Ich meine, ich habe damals Diablo 1 gespielt und 2 und 3 ist noch nicht so alt und so weiter. Einfach einmal zum Herz sagen, auch für die 0815-Leute, wie es jemand vorher besser gesagt hat, zum zeigen, wie das früher war. Wir haben die Spiele früher ausgeschaut, wie hat sich das weiterentwickelt und so weiter. Und da gibt es sehr viele Serien, die ich gespielt habe. Und das einfach mal anschauen. Ja? Wie hat sich das gesteuert, wie waren die Dialoge, wie war die Grafik, wie war alles einfach. Birgers Noob-Stunde. Ja, Birgers Noob-Stunden, sagen wir es so. Der Jurau schreibt, Elden Ring ist halt auch mit seiner Open World ganz was anderes. Du triffst mittendrin auf Gegner, die eigentlich Ende vom Spiel wären. Sonst waren Souls-Spiele immer linear von einem Level zum nächsten. Ja, aber trotzdem haben da manche Gegner einfach von heute auf morgen aufs Maul gehauen und du bist nicht weitergekommen. Das ist einfach Souls-Style. Retro Secret of Mana. Secret of Mana hat aber leider Gottes keine Steigerung. Wenn bei Secret of Mana hätte ich so meinen Flashback, da hat es so die 4 Spiele. Florian, nein, jetzt Schluss aus, Amen. Jetzt ist es 3:45, jetzt brauche ich keinen Zehner mehr. Kruzifix. Spielst du das weiter, weil ich mir jetzt weiter sehen, to be honest, weil ich es auch spiele? Es kommt eventuell noch mehr Stream und eventuell an den Wochenenden. Aber ich kann es nicht versprechen. Merci für deine Zähne. Leute, jetzt hört seid auf, lasst es mich heute mal fertig. Ich würde so gern was erzählen. Inside ich kann es nicht lesen, ich weiß nicht, was der Name heißt, aber ich nenne es einfach mal Inside. Merci für den Zwickel. Birger, hast du eine Far Cry 5 Playlist? Ich hab keine Far Cry 5 Playlist. Hab ich eine Far Cry 5 Playlist? Gute Frage. Weiß ich nicht. Wenn, dann musst du schauen in der vergangene Zock-Streams Playlist. Ich glaube, da habe ich keine eigene gemacht, weil wir Far Cry 5 plus 2 mal gespielt haben. Der Aaron schreibt, also ich wäre für DayZ raus und das dafür rein. Ja, Herr Aaron, das glaube ich, dass da mit Sicherheit ein Teil davon dafür ist, aber ich bin nicht dafür. Ganz einfach. Wölfgen schreibt es gerade, auf das wollte ich hinaus. Das, was für mich Secret of Mana ist, für mich eins der besten, wenn nicht das beste RPG, das ich jemals gespielt habe. Und da gibt es ja keine, ja, es gibt Teil 2, Teil 3 und solche Geschichten. Aber für mich ist der Nostalgie-Flashback mehr so, da hat es die Spiele auf dem Super Nintendo gegeben mit den 4 großen Boxen bei uns in der Videothek. Und das war Secret of Mana. Das zweite, was ich dann gekriegt habe, war Illusion of Time. Das dritte, was ich dann gekriegt habe, war Mystic Quest. War das Mystic Quest? Fuck, ich weiß nicht mehr, es ist unendlich. Lufia Terranigma.
Das sind die 4 oder 5 Spiele, wo ich mich erinnere, die haben eine extra große Schachtel gehabt mit so einem dicken Spieleberaterheftel. Und das wäre cool, wenn wir vielleicht also PDFs dann hätten von den Spieleberater und so weiter. Um das einfach mal zum sehen, wie das früher war. Super geil. Und da einfach mal bei Secret of Mana bis zum ersten Boss, bei Illusion of Time erinnert ich mich nicht mehr so viel, das habe ich nicht so viel gespielt, die anderen wie Secret of Mana. Das war geil. Das war geil. Seit dem ersten Stream Resi 2 Remake dabei und kein Stream verpasst. Grüße, ein stiller Zuschauer. Mr. Dormif! Du hast aber lang dein Maul gehalten. Ich hoffe trotzdem, Sie haben Spaß, auch wenn wir nicht so viel Elden Ring spielen. Schauen wir mal. Der Marvin schreibt, ich spiele DayZ, aber spielst du noch WoW? Das würde mich sehr interessieren und hat das Ganze Zukunft. Marvin, was mit WoW? Momentan spiele ich kein WoW. Der aktuelle Patch, ganz ehrlich, ich habe mich nicht damit befasst, interessiert mich auch nicht so hundertprozentig, muss ich sagen. Von meinen Mates interessiert es, glaube ich, auch nicht so hundertprozentig viel. Die spielen momentan alle Lost Ark. Lost Ark habe ich die letzte Woche auf 50 durchgezogen. War dann richtig angepisst von, oh mein Gott, das ist das stumpfste Gameplay, das ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Dann habe ich mir gedacht, es wird besser, wenn man Level 50 ist und dann sein Gear leveln kann. Dann habe ich ziemlich schnell festgestellt, okay, es geht genauso weiter wie vorher. Du rennst von Punkt A zu Punkt B, der ist jetzt bloß nicht mehr gelb, sondern lila. Und es ist die langweiligste Scheiße, die ganz ehrlich, die ich seit langem spielen habe müssen. Das ist so hirnverbrannt dämlich, dass ganz aus ist. Und verstehe mich nicht falsch, ich mag Grinding-Games normal. Ja, ich liebe Diablo, ich liebe Path of Exile. Sicher eine Geschichten, aber das ist so dämlich, ganz ehrlich. Das ist so dumm. Unfassbar. Und es ist einfach ein Korea-Grinder. Das hat mit einem Diablo oder mit einem Path of Exile einfach nichts zu tun. Ja. Finde ich, um Gottes Willen, ich möchte jetzt da keinem Spiel versauen, habe ich wahrscheinlich gerade schon wieder, ist mir wurscht. Ich halte es für ein Behindertenspiel. Das ist die absolute Steigerung von sämtlichen Grinding-Games, die es gibt, die absolut für mich keinerlei Belohnungsgefühl aufkommen lassen und keinerlei Loot-Spiralen-Gefühl aufkommen lassen. Fürchterlich. Fürchterliche Quests, ich renn bloß im Kreis umeinander und drück alle Dialoge so schnell wie ich kann weg. Richtig behindert. Keine Ahnung. So, der Domif schreibt, alles gut, Birger, ich genieße jeden Stream, hab mich nur mega auf Elden Ring gefreut, deswegen finde ich besonders schade. Jetzt machen wir kein so schlechtes Gewissen. Sehr fix. Der Black Ghost schreibt, ich spiele gerade nebenbei Lost Ark. Ja, ganz ehrlich, Lost Ark ist aber auch in meinen Augen für nichts gut, außer für Brain AFK von Punkt zu Punkt laufen und so schnell wie es geht alle Dialoge wegklicken, weil es nur nervig ist und sonst nichts. Und auf dem Weg, wenn du Glück hast, zwischen 5 Quests einmal 3 Gegner umhauen und dann wieder gehen. Es gibt eine Warteschlange auf fast alle Server, vielleicht ist die mittlerweile schon weg, das weiß ich nicht, ich habe mich schon ein paar Tage nicht mehr eingeloggt. Und dann gibt es aber in-game nochmal eine scheiß Warteschlange, bis du mit deinen Mates in irgendeinen Dungeon einkommst oder sonst irgendwas. Brauchst nochmal 1,5. Ganz ehrlich, ist mir doch zu dämlich, Alter, was soll denn die Kacke? Vielleicht haben wir alle so ein bisschen vergessen, was die 2M in dem MMO Abkürzel Dingsbums heißen, weiß ich nicht. Also ganz ist mir einfach zu dämlich, Alter. Das ist mir absolute Zeitverschwendung. Null Spaß gehabt, null. Ich hab mich so hart da durchgequält. Und das nächste ist, dann renne ich in so einer Mecha-Stadt umeinander, da wo so Walker umeinander rennen mit Raketen und so Stormtrooper-ähnliche Leute und so. Und ich bin ein scheiß Ritter und muss Sicherheitskameras deaktivieren. So, hä? Warum? Kannst du eine Abstimmung machen für Elden Ring? Ich muss sagen, da haben sie recht, aber nicht im Discord. Da trollt es mich bloß wieder und macht gleichmäßig für Abstimmungen. Und dann muss ich wieder irgendwie sagen, da die eigentlich gar nicht machen mag. I see what you did there. Der Killer Leo schreibt, na, jetzt haben wir den Stream versammelt. Dann drückst du einfach auf Rewind und tust so, als weiß nein. Escape from Tarkov Ukraine Edition, jetzt neu Escape from Kiew. Oh, das ist ein harter Witz. Ich war heute eigentlich, habe ich schon überlegt, kurz einmal, ja, Aaron erstmal mehr für den Zwickel. Ich habe heute schon mal wieder überlegt, so, ob der Stream halt eigentlich so an der richtigen Stelle platziert ist, mit dem Thema, was da 800 Kilometer gerade abgeht, was mich ein bisschen bedrückt, muss ich ganz ehrlich sagen, und nicht gerade ein bisschen, sondern eigentlich sogar sehr, weil so kurz vor dem scheiß Weltkrieg waren wir schon lange nicht mehr. Gerade weil irgendein gestungener, hochnäsiger, arroganter, saudämlicher Kanisterkopf meint, der muss jetzt einen scheiß Krieg anfangen, aber gut. Über das redet man nicht. Nein, redet man nicht drüber, weil
es ist nicht der richtige Ort dafür, sagen wir es. Das Thema wirst du die nächsten Wochen haben, ja, das ist eh klar. Klar warum. Ja, der Herr Putler. Absolut korrekt. Ja. Mr. MRC, ich warte immer noch auf den Factorio-Stream. Danach kann ich glücklich sterben. Mr. MRC, du kannst mir Gift draufnehmen, dass ich der Ding Gefallen nicht tue, weil wenn du aus der Community verschwindest, dann bin ich traurig. So schnell wünscht man sich eine Corona-Krise zurück. Exactly. Haben wir nur 800 Kilometer bis da oben? Ja, bis an die Grenze, glaube ich. Oder wie weit ist der ukrainische Grenzweg? Ich glaube 850 Kilometer, irgend sowas. Kiew ist schon noch mal ein Stück mehr weg. Ich glaube, das sind 1000 Kilometer. War Politik im Stream? Ist doch eine Regel von dir, oder? Du, wenn 5 Meter vor der Haustür der Weltkrieg ausbricht, dann sage ich auch mal kurz was drüber. So ist es nicht. Google put in some... Ich warte auf einen Payday-Stream. Oh, Mr. Billiger, da fürchte ich, wärst lang warten müssen. Blackghost schreibt, Elden Ring habe ich seit gestern auch angefangen und bin gerade bei dem großen Grauen mit dem Schwert auf dem Buckel. Ich hab das Gefühl, es gibt einige große Graue mit dem Schwert am Buckel, aber meinst du den beim Tor? Den haben wir schon umgehauen. Wie schaut es denn aus mit Monster Hunter World aus auf dem PC? Ich muss ganz ehrlich sagen, das Monster Hunter World hat mich nie angefixt. Ich hab das mal kurz gespielt, das ist aber ewig her, das hat mich nicht gekriegt. Aaron, hörst jetzt auf, Kruzifix! Ja, gutes Nächtel, ich bin raus, aber geiler Stream. Herr Aaron, hörst ihr mit einem hinter mich schlechtes Gewissen, ich flipp aus mit euch. Aaron. Gute Nacht. Aaron, merci dir, schlaf gut. Hau die eine, habe dir. Morgen im Discord kündige ich an, was wir die Woche machen. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ich werde auf alle Fälle jetzt noch ein bisschen in Elden Ring umeinander gucken, glaube ich. Und dann morgen auch mal den ganzen Tag so ein bisschen dahin spielen. Schauen wir mal. Ich schaue mir das in dem Post noch auslasse. Ich schaue mir zuerst alles im Umkreis an, was da sonst noch so gibt. Ich werde auch den Reiter noch ein paar Mal probieren. Und vor allem, ob das Geruckel aufhört, wenn der Stream aus ist. Vielleicht ist es dann ein bisschen besser. Und wenn nicht, schauen wir mal. Ohrwaschel Brennerz, na was war das? Habe dir, kannst du einen Bruckbeck? Kennst du einen Bruckbeck? Einen Schauferer? Nein, nie gehört. Der Ohrwaschel Brennerz, erst für den Zwickel, aber leider nie gehört. Spielst mal wieder ein Indie-Game? Sagt's mal kurz, auf was ich Bock hab. Deiner Lunkisch, zockst du Horizon? Nein. Habe die Ehre schon vom Kebab-Kropfen gehört, LG aus Österreich. Schon vom Hirnwurst-Kropfen gehört. Der Beste. Hat er gut erfunden. Der Partecke schreibt, da zocke ich lieber Hunter, Call of the Wild. Aloe, kein Krieg, Flasche Tiere und Kaliber 308. Ja, da müssen wir jetzt, da reden wir jetzt nicht drüber. Allein das Erkunden macht schon unglaublich viel Spaß. Werde ich jetzt da mal tun. Für das ist ja so haben diese Souls-Games auch bekannt. Ja? Dass du immer wieder mal Geheimeckerl und so einen Scheiß entdeckst und so weiter und so fort. Ja, einfach nur ein paar mehr Leveln und so weiter, dann tut man sich ja leichter mit dem Boss, da holst du ein bisschen mehr aus, hast ein bisschen mehr Damage, vielleicht noch das eine oder andere Item, vielleicht noch mal den einen oder anderen Zauber, der vielleicht auch wirklich was hilft und ein bisschen an Schaden macht. Schauen wir mal. Schauen wir. Da kann ich jetzt noch kein Urteil drüber fällen, wie gut oder schlecht die Open World ist. Sie schaut auf den ersten Blick massiv gut aus. Am meisten stresst mir das Geruckel, sage ich dir, was ist. Am meisten stresst mir das Geruckel, da habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht damit geredet. Also seriously jetzt, hörst jetzt auf bitte. Please. Hashtag Elden Ring. Hashtag ins Pit geht's! Fix. Wirklich, merci dir. Wie groß ist die Open World? Instanziert oder richtig Open World? Kann ich nicht sagen. Ich glaube richtig Open World. Nix instanziert. Eines Wissens. Ja. Freunde der Sonne. Danke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich werde mir das morgen ordentlich durch den Kopf gelassen, ob wir mir am Mittwoch Elden Ring spielen, vielleicht aber auch am Montag, ich weiß nicht. Der Uchrin schreit, aber die Performance-Probleme sind nur am PC, oder? Das kann ich auch nicht beurteilen, ich habe keine Konsole. Aber macht euch in die Tests schlau. Ja, wer Bock auf das Spiel hat, macht euch in die Tests schlau. Lasst euch gesagt sein, es ist bockschwer. Ja, ich meine, das habt ihr jetzt ja selber gesehen beim Zuschauen. Es ist bockschwer, die Bosse treffen die Ohren zweimal und du bist tot. Und dann, ja.
Ja, Oliver Ulrich, ich gepennt Nacht at all und geiler Stream. Ja, Oliver, das freut mich sehr. Bevor es euch ins Bett reinhaut, lasst noch ein Like da. Weißt du selber, das habe ich jetzt sowieso übersehen, weil jetzt ein Dreiviertel der Leute schon wurde, aber ist ja wurscht. Jetzt schleicht euch ins Bett. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich habe jetzt Bock, da noch ein bisschen im Kreis zum Laufen. Jetzt wird erst einmal der Zeig da wieder abgebaut. Und dann schmerzen wir vielleicht im Discord morgen im Laufe des Tages auch nochmal. Wer weiß, der haben wir sowieso eigentlich immer. Und dann schauen wir weiter. Ich wünsche euch was. Ich hoffe, Sie hatten Spaß beim Zugucken. Zumindest die Gaming-Leute. Nicht die 0815. Die Casual-Zuschauer, die wegen der Leberkasse mit sind. Und jetzt. Oh, und Wölfchen. Wölfchen, wenn ich noch mehr Elden Ring spiele, dann musst du da sein. Und muss man sagen, dass ich Looten nicht vergessen darf. Das ist wichtig. Und der Foxler, der muss man sagen, dass ich anstrengend bin. Und jetzt schleicht es euch. Vielen Dank für die ganzen Donations. Vielen Dank fürs Zuschauen. Press Triple F für die Moderatoren. Falls die überhaupt die ganze Zeit da waren, ich weiß nicht. Und wir sehen uns am Montag. Ja. Du ist keins geplant für morgen oder für Zeit, um ganz ehrlich zu sein. Wir sehen uns am Montag 20 Uhr, was wir da deren wahrscheinlich der ist, vielleicht aber auch was anderes. Schauen wir mal, hauen Sie hinein. Wo ist die Tröte? Ein gutes Nächtle. Hoi! Wird schlecht euch. Hab ich drin! Oh, was wichtig ist, niemals vergessen, Strapse.